Grüezi wohl miteinander. Wir Hallo. sind da. Im Metal Saber, Folge Nummer 80. Mit dem Dummies. Nummer von noch 8 und dann A wir Lost wieder Game da haben. und Artifiction. Guten Morgen. What up? Guten Morgen, es ist immer morgen. Guten jetzt. Guten jetzt. Voll. Willkommen im Podcast. Hey, wir haben schon etwa 3 Stunden gefühlt gestört jetzt. Also, ja, hello, ich bin's. Hallo. Danke, Hallo. dass ich da darf sein. Und so, sagt man dann so schön. Ja, Mann. Sehr gut. Geil. Was läuft, Bella? Du weißt jetzt einfach nicht, was sagen und hast mir den Böllen übergeben. Nein, ich habe einfach so fucking Freude an der scheiß Kamera. Also, ich stelle das jetzt dann im Fall ab. Also einfach, dass es gewusst einfach, Geht dass auf ich gesagt habe. YouTube und schaut Einfach, Metal dass ich gesagt Saber habe. auf YouTube, weil es hat eine neue Kamera. Der Ricky hat eine neue Yes. Kamera gekauft, er hat viel zu viel Freude an der neuen Kamera. Er wird wahrscheinlich noch etwa 15 Mal in dieser Folge von seiner neuen Kamera reden. Von dem her kommentieren alle drunter. Gratuliere Ricky, deine neue Kamera ist super. Yes. Es ist schon ziemlich geil. Zahlen Patreon-Money. Zahlen Patreon, geben uns. Ich mache es im Fall immer noch nicht und ich will es eigentlich schon lange machen. Schicken uns einfach, Wo muss ich das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Patreon.com. Okay, I'm fucking terrible. schicken uns einfach Geld auf Twitch. Weil ich denke immer Das so, oh, wenn wir arbeiten, so, ich muss das mal machen. Einfach, aber ich habe gedacht, ich warte noch, bis ich im Podcast bin, nicht, dass ich mich so eingekauft habe. Ja, you know. fair. Das wäre ja, das would be the worst. Ja, das geht Keine Angst, so der Roman hat funktioniert uns es bis jetzt am meisten Geld gegeben und der ist auch noch nicht da gewesen. Das ist ja fair. Aber, Eben, aber der Roman ist einfach ein geiler Sieg. Er hat das Gefühl gehabt, wie viel kostet so ein Jahr? Weil mich schießt an so ein Abo machen. Hat er einfach geschaut, wie viel das so ein Abo ein Jahr kostet und hat es uns überwiesen. nice, guter Dude. Ja. Sick. Ah, Hey, El Tony, Auch sehr, Danke, Roman. sehr, in Full HD. sehr ein Ja. angenehmer Oder? Bettpartner habe ich herausgefunden an diesem Wochenende. ich habe eben den Lock auf Kamera, auf Face. Das heisst, ich muss nicht das Face haben. Also, scheißegal. Fick auf dem Ricky seine Kamera. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen da. Voll. Nämlich der Man, der Myth, der Mustache, der Legend. Mustache, Alter, ja. Hey, ich habe extra Jetzt, rasiert vor, dass ich da noch bin. Einfach, muss dass einfach- der Mustache noch ein Von der bisschen Seite mitvergeht. siehst du ein bisschen aus wie der Dude von der Disney- oder Nickelodeon-Sendung da. Wie heisst sie? Der Timmy Turner. Nein, die ja, fast. Nein, das mit dem Huren Sommer, mit dem Huren Camp. Diesen Rockcamp? Nein, wie Nein, heißt nein, es ist so ein. Rockband? Nein. Er hat eben so einen stabilen Schnauz. Camp Rock. Nein, nicht mit Camp, mit Rock. Hast du Musiker? Nein, es ist Von Disney? zeichnete Sendung. Ah. Zeichen, also Cartoon. Ja, von Nickelodeon, so ein Cartoon. Ja, das finden wir später noch raus. Es Doch, ist- Timmy, ist ein Verb, Alter. Timmy und die Nein. Furry Parents. Nein, Ricky, du mit deinen Guesses bist draussen. Du hast nur so puerto-ricanische, kolumbianische Drogenkindersendungen gehabt. Aber ist das so old? Ist das so halt Ja. wirklich Kindheit? Ja, hast du das Gefühl, ich schaue jetzt Kindersendungen? Ich weiß doch nicht. Gut, es gibt Leute, die Paw Patrol oder? Was so fick ist Paw Oh shit. Gut, der Bruder ist Ja. auch eine andere Generation als mir. Ich bin noch gerade Gen Z. Ich bin mit 98 gehöre ich scheinbar gerade noch zu Gen Z. So. Ja. Yeah. Tatsächlich. Ja, Sorry. Wo zum Teufel willst du sonst hingehören? Into the fucking underworld. Ich weiß doch nicht. Weil wir sind gerade noch so Millennials. Eben, Du es bist sind schon Millennials. unter gerade noch uns. Millennials und Das- ich bin einfach gerade so nicht Millennial. Ach so, Ja. ja. Sie Irgendwie würden fühle sich- ich mich so von, ich habe eigentlich alles von einem Millennial mitbekommen, aber Genau. irgendwie habe ich auch genug die nennt Brainrot man- in die my nennt- head. Die nennt man Sillennials. Das ist halt so, weißt du, das ist so, the first memes. Ja, ja, nein, ich and habe das- shit. ich das habe habe das ich im Fall- alles drin. Der Vigi, mein Snowboard-Homie, der Weltcup gefahren ist, hat das klassifiziert. Das ist offiziell der Term Sillennials. Weil du Das bist finde ich quasi, noch fair. du bist quasi schon ein Zoomer, aber du bist noch genug geistig kaputt gegangen ab 9/11. Nein, also, das ist noch eine gute, Ja, mehr gute so, Story. mehr so die Millennials haben noch 9/11 gesehen. Ja, fair. Nein, meine So, als wir Eltern auf die Welt gekommen sind, double, haben wir noch 2 Türen gehabt. meine Eltern haben Double 9/11 gehabt. So, sie haben das Haus gekauft. Sie haben das Haus gekauft. Und hure sick und so, aber sie haben nachher genau on the fucking day of the disaster haben sie herausgefunden, dass das Haus eigentlich kurz vorm Einstürzen ist. Nein. Ui. Und dann kommt so, sie sind so da drin am Arbeiten und sie so, ach du Scheiße, was haben wir uns da gekauft? So, sie haben das nicht gewusst, dass es so in so einem schlimmen Zustand ist. Und nachher kommt so in der Radio so von, they hit the Twin Towers. Also, oh nein. Ja, Shit. keine Ahnung. Ich finde es gut, dass 9/11 einfach schon wieder Thema in unserem Podcast ist. ja. Es kommt immer rauf. Es ist immer ein gutes Thema. Ja. Weißt du nicht, über was reden? So von, by the way,
have you heard of this Inside Job thing? So, keine Ahnung. Ja, da kommt wieder so irgend so ein alter Mann um die Ecke, so, ja, Gender sind wie Türme, oder? Früher haben wir 2 gehabt, jetzt ist das jetzt also, ja, beruhigt die Onkel Heinz, das ist gut. So gut, Alter. Nein, Oh also, je. so, back to... wenn wir einfach nochmal neu starten. Nein, das ist sehr gut, das ist perfekt. So. I mean, Damis, ja, du bist ein Mensch. korrekt. Ey, yo. We out here having humans und kein AI im Podcast. Ja, voll. Kein AI. No. No. Der Ricky wird irgendwann einfach mit einem AI ersetzt. Er wird Voll. mich mit einer AI ersetzen, ich sehe es schon kommen. Aber ja, ich muss sagen, Damis ist der, würde ich sagen, Number One Mensch, der Bandmarketing macht auf Instagram. Nein, das ist der Donau. Er ist auch sehr gut. Aber ich glaube, du bist auch ein fucking guter Entertainer, was Bandpromo angeht. Dankeschön. Muss sagen, ganz gute Videos. Also ich suche dann schnell die Sendung raus. Ich bin nicht am Handy mit irgendwelchen Leuten schreiben. Gib ihn. Ist einfach Drogen verkaufen. Ja. Und ja, eben. Also ich muss sagen, wie. First of all, du bist Sänger bei 2 Bands. Wenn man das als Sänger kann bezeichnen, ja. I give it my all. Ja. Aber das ist, was sagt I give it my all. Das ist alles. Sehr gut. Und vom Anfang an hast du sehr gute Online-Präsenz gehabt. Wo hast du das Ganze gelernt? Singen, schreien, Content machen? Es hat nicht bei meiner Geburt angefangen. Nicht? Nein. Ich bin scheinbar nicht so ein schreiendes Kind gewesen. Aber nachher ist es bergauf. Mhm. Nein, ich bin relativ late to the Metal Scene gekommen, sprich eigentlich so ganzes Content machen, ist eigentlich schon lang vorher gewesen. Ich bin halt, wie wir darüber geredet haben, so halt ein Zillennial, I suppose. Mhm. Und ich habe extrem viel halt absolute wilder Scheiß Content gesehen auf YouTube, wo halt wirklich noch, das ist noch so boring ass Shit gewesen und das ist halt, ich habe basically von Anfang an gesehen, wie mehr und anders die Videos paced sind und halt auch observiert so von, das gefällt mir because of that shit und mir gefällt halt wie das, you know, aber es ist so von der Was sind so die Mount Sag mir Rushmore? bitte, dass Ja. du Cold Mirror kennst. of course, my Yes! Fucking- Lass ihn zuerst mal den Mount Rushmore machen. God. Harry, deine Eier sind grün, Harry. Nein, gib mir Whiskas. Wir dürfen nicht anfangen mit dem. Nein, das ist nicht gut. Aber ja, das ist auch, ich meine, also First Content, den ich auf YouTube gesehen habe, ist fucking niche und kennt wahrscheinlich keiner und es ist absolut Horror. Fucking Apple War Pictures, das kennt wahrscheinlich keiner. Kennst du es? No way! Panda macht nom 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 nom. Holy nom, shit. nom, nom. Oh mein Gott! Alter, okay. Du bist sowas von Millennial, Alter. Aber sowas von! Alter, das ist der real shit gewesen. Oh und mein, die das ist Videos der sind letztmals eigentlich schon recht cool. So fucking Nerds vs. Kuchen. Bruder, das ist das beste Zeugs gewesen ever. Das ist so richtig eigentlich genau die Scheiße, die wir jetzt mit Musik machen, aber als Videos. Ja, legit, absolut Cinema. Die haben einfach einen Weg gehabt, um einfach random-ass Videos machen miteinander. Mit so Und das viel ist mehr einfach- so, Elis. Ist das der deutsche Jake Paul gewesen, ja? Nein, Bruder, da Nein, machst du jetzt ja nein. Junge, also jetzt musst du vergleichst du ja nie Apple War Pictures. Also mit da Jake kannst Paul, du Alter. hure in die Lore reingehen. Da hat so ein Typ ist eigentlich dahinter gewesen. Der hat immer... John. John, genau. Und er hat so da so einen blonden Streif gehabt, der einfach so in die Haare rein ist. Es sind Absolut eigentlich cool gewesen. absolute hure Nerds gewesen. Ich habe das so geil gefunden. Ich habe das auch Beste. gemacht nachher und nachher bin ich gemobbt worden in der Schule. Er ist sicher auch gemobbt worden in der Schule, Alter, das kann ich sagen. Ich habe ein Foto davon, ich habe einfach so da den Streifen gehabt. Ich bin Geil. halt voll on YouTube gewesen und das ist halt alles gewesen, was ich auch geschaut habe. Also Alle wir- sind auf Facebook gewesen und ich bin einfach nur im YouTube-Videos Oh schauen mein Gott, gewesen. aber das ist wirklich geiles Zeug gewesen. Die haben so Das ist effektiv- noch Quality. die Das haben ist wirklich wirklich einfach so- Entertainment gewesen. Es ist vor allem Entertainment for Entertainment's Purpose gewesen Ja, und genau. Er ist nicht so Geld wie machen mit Brand YouTube. machen und so. Ja. Ja. nicht mit Brand Awareness und gar nicht. Du hast noch kein Geld mit dem können machen. Also- Die haben schon irgendwie Videos gemacht, irgendwie vor YouTube und so. Und Er ist noch Wein gehabt, oder? Alter, Das ist Wein, etwa 10 dort Jahre hat's später angefangen. gekommen. Das ist etwa 10 Jahre Aber später dort gekommen. hat mein Content Creation... Nein, das ist nicht ganz true. Dort hat mein Content Creation nicht ganz angefangen, aber ich habe Bist ein ein- paar Weins gehabt, die recht abgehoben Du bist ein sind. Weiner gewesen. Ich bin Alter, wo Wein gestorben ist, Haben sie Alter. Weiners gesagt, oder nicht? Zu YouTubers nicht, oder? Nicht im Fall. Nein, ich glaub's habe nie nicht. Weiners gehört.
Aber Wein, ja, Wein ist... Wein, Alter, dass Was sind sie? Wein tot ist so fucking stupid. Das ist, Also es dass, ist- dass es die ist- Form von Content so lange nicht wieder gekommen ist und TikTok auf einmal ist so TikTok halt, von, ey yo, Fresh idea. I have an idea. We can make money from this. Und Twitter so von, nein, Wein ist tot, fuck that shit. Keine Ahnung, was die sich überlegt haben. Aber ja, dann, also von YouTube und dann habe ich habe auch viel so halt, wie man es kennt, ich weiß nicht, wie ihr das habt, wenn du YouTube-Videos schaust, aber du kennst einfach so von, du hast immer so einen Artist oder halt einen Creator, wo du viel schaust und nachher irgendwann shiftet das und du findest etwas Neues und Ja. nachher schaust du das immer mehr und dann irgendwann ist das halt, ich halt mich selber evolven, weil ich nachher zurückgegangen bin zu den anderen Creators, die vorher gerne hatten, und ich so gemerkt habe, I see, wieso ich das nicht mehr gerne habe, weil es fehlt der Piece. Mhm. Und das ist irgendwie halt immer funny gewesen, um so hin und her schauen und halt eben vergleichen. Und ich glaube, so habe ich auch wie so ein kleines Gespür für das bekommen. Ja. Ja, es ist halt einfach so, man konsumiert so viel Content die ganze Zeit, dass so von, wenn du den Content selber nachher machst, so von, ist es denn entertaining oder nicht? Und das, ich glaube, das ist was sind so ein bisschen der whole was sind so die Vorbilder, also nicht Vorbilder, aber so Zeugs, die du gerne schaust aktuell? Wo findest du so, ja, das ist eine gute Idee? Ich bin jetzt momentan sehr wenig nur auf YouTube. Muss ich ganz ehrlich aber sagen. YouTube ist auch absolut beschissen worden im Es ist- Vergleich zu früher. Es ist vor allem YouTube, YouTube Shorts ist einfach so von, Ja. Nein, aber ich habe wirklich, aber hast du in dem Fall auch das Gefühl, dass YouTube so qualitativ wirklich einfach ins Loch geht? es ist mega, sie sind Also, es halt ist auch, also nicht qualitativ. Ads sind länger als die Videos at this point. Das ist crazy. So von, holt euch YouTube Premium because. Und Ja. ich kann, Ja, also, aber die Videos sind aber alle immer so, es ist alles Gleiche, alle machen Ja. die gleiche Scheiße, es ist Nein, alles also, Cash ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass es halt so ein Overflow an Videos gibt jetzt, dass du halt bestimmte coole Creators werden dir gar nicht vorgeschlagen, weil du nie halt etwas in dem Stil vorgeschlagen stimmt. bekommst. Ja, einmal. Oder du hast es nie wirst schauen. Ja, das stimmt. oder Ich so. habe einmal aus Versehen, weil es mich Wunder genommen hat, wie Amerikaner reagieren, wenn sie ein Sturmgewehr 90 sehen. Weil You're fucked. die Lore ist, dass in Amerika halt du ab 300 Meter, wenn du 300 Meter kannst schiessen und Scharfschütze bist, und du bist ja in der Schweizer Armee quasi dazu verpflichtet, auf 300 Meter zu schiessen mit dem hohen Sturmgewehr, ohne das Zielfernrohr. Das heisst, rein technisch gesehen, I am a sniper in the US military. Aber anyway, dann habe ich das kurz googeln und jetzt ist mein ganzer YouTube-Feed so Amerikaner, die obsessed sind mit dem Schweizer Militär. Und brother, let me tell you, they are obsessed mit unserem Militär. aber auch der wie heißt der Tom Scott? ja! Der mit dem roten T-Shirt? Oh mein Gott, ja! Ja, ja, der ist auch bester so Mann. voll obsessed mit der Schweiz, auch eben so, weil wir ja teilweise so, wie sagen wir, Schießplatz? Jo. Ja, Schießplatz haben, wo halt über eine Straße drüber schießen. Mhm. So sättiges Zeug und dass es halt funktioniert und er ist so, dann geht so behind the scenes so von this is why it works und er ist halt Brite kann jetzt, Ja, das ist ja. jetzt absolut butched gesehen. I am inside of Chernobyl's reactor. Ja genau! I am inside Chernobyls Kannst du das Meme Reaction reagieren, was der Channel. eine sagt, the bass player when you're trying to organize band practice. Ja, Und dann genau. kommen all Das die, ist der Typ. I am inside the tank right Aber now. ich bin ein I am- komplett anderer Algorithmus im Fall. Ja, das Ja, bist du. Und aber- deinen Algorithmus sollte man auch Die verbrennen, wenn Bubbles. ich ehrlich Ja. bin. Das ist wirklich eine Bubble. Es gibt so Bubbles, wo... Mega. Bubbles, ja. Aber das ist ja das Schlimme, das siehst du ja überall. Es ist alles, jeder ist in einer fucking Bubble drin. Und deswegen ist es auch mit, keine Ahnung, wir werden jetzt gerade politisch halt. Es ist einfach so von, get out of the fucking bubble, wake up! Wake up, up! We're trying to reach you from the under bubble. Kannst du noch mal schnell sagen? Was, wake up? Wake up! Digga, 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 digga. Kiss over the table. Grab Nein, a aber beer. Kannst du mir, Alter, ich Ja, schau die sicher ganze kann Zeit die ich, kalte Bier an und ich denke so, oh, sicher, Ja, Ricardo, aber willst du so- das auch schon? Thank you. Also auf jeden Okay, Fall, was also ich eben mal. letztes Jahr auch wieder gesehen habe, ist so gewesen, weißt du, so, der Kollege, irgendeiner hat Sorry. mir so einen Link geschickt zu so einem Post, wo einer sich Wo? darüber aufgeregt hat, dass die Welt für den Arsch geht, weil wir alle viel zu viel Access to hot women haben. Alter. Ich so, was? Und dann hat er Was? gesagt, ja, you know, weißt du, unsere Großväter oder unsere Urgroßväter, die haben vielleicht eine Frau gesehen im Leben, die so hot ist wie Sydney Sweeney oder so. Aber die ist dann auch so hot gewesen, dass sie nachher noch auf ihre Bomben, die sie im Zweiten Weltkrieg abgerührt haben, so sie draufgemalt haben und weiss ich ja was alles. Und darum geht unsere Welt für den Arsch, weil wir einfach das Handy für eine hotte Frauen gesehen. Und ich nur Ja. so,
Ja, ist ein Punkt, wo man kann Also, haben, aber... es macht sicher irgendetwas mit unserem Hirn. Und Ja, voll. ich bin sehr Ich meine, interested. stell dir vor, die Brudis in den Trenches hätten Pornhub gehabt. Alter, keine aber das hätte doch, Aber nein, sorry. jetzt in der Ukraine, Alter. Eben, genau, die Nordkoreaner. Genau das ist passiert. Ah ja. Die Russen haben Militär von Nordkorea geholt und sie haben noch nie das Internet gesehen. Und dann haben sie so eine Epidemie von Porn gehabt und sie sind kampfunfähig gewesen, weil sie einfach Brain could not compute hat. Alter. Understandable though. Ich meine so, holy shit, imagine. Ja gut, letztens hat einer, der Ryan, der aus Wales, den ich am Slam Dunk kennengelernt habe, hat so einen Post gemacht von irgendeinem Knocked Loose Song. Und dann ist einfach so gestanden, ich würde gerne in die Zeit zurückreisen und das einem viktorianischen Kind zeigen und schauen, was passiert. Stell dir das vor. Einfach so Brainrot, so vor, ja, hit mal. Im Fall, das Aber ist das so Gleiche. Die dort so am so Bardenmusik hören und dann kommt einfach so bam, bam, bam. Das Gleiche ist eben mit so ich glaube, es war ein Amazonian Tribe gewesen, wo sie plötzlich Internet Access gegeben haben und es hat einfach ihre Zivilisation, ihre fucking Community zerstört, weil jetzt sie alle so Porn Addiction bekommen. Ist das real? Es ist fucking real. Oh Überall. mein und Gott. das ist so, glaube ich, Ja gut, Why? aber vor einem Jahr oder zwei ist They es. tried to do it with the Bible, man, aber no. Aber du kannst ja vorausgehen und spielen in dem Fall auch noch, hä? Of course, meine Mom mit banged on that shit. Stell dir mal vor, du bist ein Kind heutzutage. Ich habe eine halbe Stunde am Wochenende, nein, zweimal eine halbe Stunde am Wochenende dürfen gamen. Ah, Ja. damn. Ich kann etwas anderes kommen. Das ist fucking, that's it. Ich habe nur dann dürfen gamen unter der Woche. That was Lego. Nehme ich halt mein Lego mit raus. I don't care. Ich kann irgendwo mein Lego gut spielen. Krebspistole sind meine Kollegen abschiessen, geil. Ja, und dann habe ich mir irgendwann ein iPod Touch gekauft und dann ist es vorbei gewesen. Dann, Ja. dann habe ich YouTube entdeckt und so und dann ist Voll. Nein, bei uns war eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Tag gewesen, Ja. zum Gamen. Until the divorce, then it was free for all, bitch. oh shit! Ja, meine Eltern sind eben schon divorced gewesen, so I didn't have that. Also, das ist so, oh no. Alter, aber das, oh ja, das, I never had that privilege, I guess. Obwohl, Lifehack, Alter, einfach deine Eltern auseinandertreiben. Alter. aber in der Zeit, so, beim Divorce in Chile, haben wir dann plötzlich kein Internet mehr gehabt, weil so eine Firma einfach ein Monopol gehabt hat und einfach sauteuer war, wo der Wichser. Und dann haben wir einfach eine Stunde Donnerstags, wo wir im Internetcafé gegangen sind, zum RuneScape-Game. Ja, aber eine halbe Stunde Ja, RuneScape, ja, das ja. lange ja, also eine Stunde RuneScape, Ja. da bist du ja noch Voll, nirgendwo. voll. Ich habe es nie gespielt. Das ist etwas, was Alter, ich nie gespielt habe. Never Aber- too late. Ich habe das Jahr wieder angefangen. Ja, ich höre es die ganze Zeit, Alter. Ja, Mein oldschool Cousin hat RuneScape. das gesucht und ich habe immer gedacht so von, Alter, das ist so underwhelming. Beste. Ja, Ich ja. mein, I guess, wenn du drin bist, dann. Es ist definitiv. Es ist in dem Fall ähnlich wie in einer Band sein. Speaking of Bands, in welchen Bands bist du eigentlich genau? Das haben wir gar noch nicht angefangen. Ich probiere jetzt einfach mal wieder einen roten Faden drin zu bringen. Das ist gut. Weil ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich uns Soll man vor der kenne, Pizza gegessen? wird das eh nochmal Ja. passieren. Wird das eh Wenn öfters extra passieren. Pizza vorher gegessen. Wenn dass wir extra ein bisschen Pizza entgleisen. vorher gegessen hast, dass der Erik nicht gestresst wird. Und der Dave auch nicht. Sorry, Love it, Erik. Boys. Gute Besserung, Bruder. Ja, gute Besserung. Ja, Mann. Ai. Ja, wie viel? Ich bin in 2,5 Bands, I guess. Ich bin die wichtigste Band. Ich bin bei einer Band noch Schlagzeuger, wo wir einfach ab und zu mal in der Blue Moon jammen. Sick. Grindcore, oder? Also wahrscheinlich so von Radiohead zu Giving Head to the Bass Player, keine Ahnung, sowas. Geil. Also es ist wirklich, es ist all over the place, man macht einfach irgendetwas. Aber es ist hure so, kennt ihr die Osmo Keyboards? Das sind so Keyboards, die haben Haptic Touch, also nein, nicht Haptic, ich weiß nicht mehr, wie man dem sagt. Aber du kannst schon wie so... Ist das der, wo der von Dream Theater so Partner ist? Das heißt, er hat so ein iPad-Instrument gemacht, wo er so ist. Ah nein, wo du so kannst sliden mit dem Finger. Nein, das sind effektiv halt, das ist wie so ein Keyboard, das Tasten hat und dann kannst du Tasten wigglen. Und, so. Und halt je tiefer du runtergehst und du kannst halt alles kannst du programmieren. Das Teil ist irgendwie 3000 Stutz. Das ist so wie der Dings, wo der All England mal gespielt hat. Wie heißt das Dings, wo so ein Maul hat? Auf die Flöte. Nein, es ist nicht mal vielleicht ein Wo der Automatone hat auch so den Dings mit dem Slide und ja, so. aber es ist immer noch nicht ein kapazitiver Sensor, sondern eine Taste, die man drückt. Ist es? Ja. Es heisst irgendwie Osmos oder so.
Anyways. Ich habe mal etwas gesehen, als ich ein Synthesizer-Review geschaut habe, weil wenn du kannst nachher mit dem kannst du nachher quasi noch die Synthes steuern und dann kannst du also machen. Du kannst dann basically eine Noten auf dem Keyboard bänden wie mit der Gitarre. Ja, genau, das ist das. Du kannst basically so. Warte, ich habe legit das Video gemacht. Ich habe es einfach ganz kurz angespielt und ich habe einfach so einen creepy ass Tuner mitgemacht. Geil. Ich glaube, das. Also es ist so. Ich bin. I'm not a Rap. Ich bin nicht ein Keyboard-Player oder irgendetwas in dem Stil, aber ich habe Hast einfach. du jetzt gerade den Eminem bringen? I'm not a Rap. Nein, das war. Oder irgendwie. Also stumm jammen. Ja, ich bin einfach etwas am Spielen. Das ist halt einfach mit dem. Mhm. Das ist Einfach für mit- alle mit unsere dem autistischen Fans, weil das ja gerade tönt wie ein Zug. Ja, genau, das ist legit. Mhm. Jedes Mal. Einfach nur Ist schon wieder mit dem Slider. Nein, einfach Nein, mit- Ricky, mit es ist den kein Fingern. Slider. Aber es ist so wie ein fucking Slider Nein, auf es dem ist- MIDI-Keyboard, Alter. Es klingt wie eine fucking Mundharmonika. Ja, es ist halt, ja, es ist ein Slider, ja, es ist halt einfach, du kannst Pitchbänder in dem, dass du die Tastatur... Genau, das machst du mit dem Slider auch. Ja, ist halt anders. Du Ja. kannst so die einzelnen und dann nicht nur den... Egal. Aber ja, das ist wirklich, ich komme gar nicht mehr dazu mit diesen etwas spielen, aber ab und zu gibt es eins und dann ist es Wie einfach heisst nice. Es hat schon etwa 5-mal den Namen geändert. Ich glaube, jetzt im Moment heißt es Herbal Infusion. Geil. Das Tee, I guess. das I don't stabil. know. Ich könnte mal mit dem Thymian spielen. Voll. Stimmt. True. Nein, also, das ist wichtig. Da haben wir einfach einen Bandraum im Sattel. Habt ihr den Lego-Movie gesehen? Mega Random Tension. Ja, Der Dude hat ja ein Double-Decker-Sofa. ja. Wir haben im Bandraum ein Double-Decker-Sofa. Also, ne, das Sofa ist nicht ganz true. Der eine hat halt einfach die Idee gehabt, er so von, yo, was wenn ein Double-Decker-Sofa wie in der Lego-Movie? Und der andere so von, I got you, fam. Da hat er einfach ein ganzes Konstrukt gebaut, wo halt einfach so eine Bühne Mhm. im Bandraum mit einem Pfosten und alles, es ist bombenfest und oben drauf hat es ein Sofa und unten dran hat es einfach noch so halt Geil. Küche, der Subwoofer, das Mischpult, Mhm. der Kühlschrank und so. Es ist einfach so, einfach ein erhöhter Sofa und du kommst Mhm. extrem scheiße schlecht rauf, weil wir noch keine Leiter Wow. haben. Sprich, du musst einfach wirklich, es ist da. Also es ist absolut ass. Aber anyways, dann bin ich noch bei A Lost Game seit Mhm. 2017 wahrscheinlich Mhm. oder so. Da bin ich als Bassplayer beitreten. Ich kann Ah, immer noch schön. kein Bass spielen. Alright. Ich habe einfach gefragt, also, ja, braucht ihr noch irgendjemand in der Band? Und Mhm. ich so von, der Marco, der Schlagzeug spielt, er so von, ja, wir brauchen noch jemanden am Bass. Und ich so von, ich kann kein Bass spielen. Und er so, kommst Passt. Parkway Drive auch nicht, oder? du? Basically, also. Ja. Ja, und dann irgendwann bin ich dort halt Sänger geworden. Mhm. Nachdem wir haben einen anderen Sänger eigentlich gehabt. Und wir haben halt sehr viel jammed gehabt, vor allem einfach gesoffen und jammed und gesoffen und jammed. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich kann immer noch kein Bass spielen. Und dann hat der Sänger so gemeint, ja, ich kann sonst auch ein bisschen Bass spielen. Und ich bin irgendwie immer besser geworden mit Vocals, indem dass ich Mhm. einfach meine Stimme jede Probe verloren habe. Ja. Und dann, Ist einfach ein finanziell Motor. ja, legit. Mhm. Also ich bin jede fucking nach der Probe habe ich so. Nein, das ist nicht ganz true, aber ich bin sicher irgendwie heißer gewesen oder was auch immer. Teilweise habe ich auch einfach ganz meine Stimme verloren. Ja. Richtig vorbildlich. Macht es so, wenn ihr wollt wissen, wie ihr Screamer solltet, dann do it like that. Ja, und dann irgendwann ist der Sänger halt, der hat trotzdem noch Frontman sein, sprich dann wäre er Bassplayer gewesen und ich war wie so Backing Vocals gewesen und Mhm. hat einfach Screams auch gemacht. Ja. Wäre ein random ass fucking Constellation gewesen. Mhm. Random Fact, wir haben dann auch nachher noch eine Gitarristin in der Band gehabt. Mhm. Und die ist dann irgendwann umgestiegen auf Giga. Wow. Dann ist der Migo noch beitreten für die zweite Gitarre. Und dann haben wir ganz kurz auch noch Giga in der Band gehabt. Unser erster Gig in der Schür Mhm. ist mit Giga gewesen. Die Alter, Hälfte vom Set. Luzern, nice to eat you, man. Ja, es ist mega random gewesen, aber also es ist vor allem, wir hatten etwa 2 Proben gehabt mit Mhm. der Giga. Und sie hat absolut Horrend. Das ist richtig. Es ist so, weil sie jetzt so gerade ummodeln, dass es halt so eine E-Giga ist. Ah. Und nachher Ja. hat sie. Wann hat ihr dagegen gespielt? Ich glaube, es war Februar 2019. gewesen. Es steht auf jeden Fall Mit welchen der Bands haben sie Website. gespielt? Aber das war ein Lost Game. Gewesen, noch. Mhm. Aber andere Bands.
Oh shit. Das war. Oh. Und wo ist es? Boah, jetzt AMPM haben die gespielt. Oh, was? Damn. Ja. Nice. Und dort hat noch der Schlagzeuger ist noch dort dabei gewesen, der fucking. So ein geiles Bei Sieg. AMPM. Ja. Wo spielt er sonst? Er ist jetzt bei Kasocka, er ist irgendwie auch mit so My Darkest Hour ist irgendwie on Tour gewesen und so Scheiß. Der Dylan. Spielt er nicht auch bei Kanbart? Das kann sein. Ich Ja, glaub's. ja. Er ist schon, jedes Mal, wenn ich sie spiele, Session- er sieht aus, als ob er the Session best Drummer, time of his fucking life. Ja, Er ist immer am Smilen. Er hat das so ist ein lange krasser Drummer. Insane Drummer. Und Mhm. er ist vor allem, du siehst halt Hard Work pays off. Ja. Der Dude ist wirklich inzwischen halt überall unterwegs, weil er Mhm. es einfach fucking im Griff hat. Ja, voll. Und er macht halt auch Content, wie weiß nicht was. Anyways. Mit denen haben wir gespielt. Und dann ist noch, wir haben so voll nicht ins Line-Up reingepasst. So AMPM ist, glaube ich, die einzige andere Band gewesen, die so ein bisschen Sie machen ja. zugehört hat. Ja, jetzt glaub, Line-Up in der Melodeathcore, oder? Anfänger. Ich glaube sowas Mhm. in dem Stil. Also es ist so, Ja, die haben wir vor 2 Jahren gesehen, glaube ich. ja, die gibt es immer noch. Da. Eifanehmer. Okay. Keine Ahnung. Ah, Secret. Mit Secret haben wir geil. gespielt. Ja. Nimm noch Sordia, Nemosai, Ticket to Nowhere. Oh, Stimmt. schau mal. Dort haben wir den Erik kennengelernt und wir haben den Erik noch gar nicht kennt. Ja. Es gibt so ein Foto, wie ich so halt ich habe immer früher habe ich immer so Bananenpants angehabt. So Shorts, die habe ich immer an den Konzerten angehabt. Und nachher so, wie ich dort halt so, mache den Pit auf, keine Ahnung gehabt, was ich mache. Und dann siehst du den Erik so hinten dran so, so von, I don't know if this is something. Impress me, bro. Und Fallout 9, das ist so ein Luzerner Band, dort ist der Wieser dabei gewesen, wo jetzt bei Desert Lily dabei ist, Gitarrist, und jetzt auch bei No Kings No Slaves Gitarre macht. Ah, schau, da haben wir eine Desert Lily Platte. Ja, genau. Jetzt geht die Produce. Da ist jetzt der Gitarrist. Das ist halt Shut up, so, boys. eben, das ist auch so, die gibt's schon recht lang nicht mehr. Mhm. Nicht mehr? Aber, also nein, Ding halt, Fallout 9. Ah, voll nein. Ja. Ja. Ist auch so eine Schülerband, aber Alright. Ja. keine Ahnung. Ja, das war der erste Gig gewesen. Und dann ist es eindeutig nur noch bergauf. Da haben wir lang, glaube ich, noch nicht gespielt. Sind wir auch im Sedel gewesen? Ja gut, wird schwierig nachher Ja. auch. Sind wir auch im Sedel gewesen? Ja, am Anfang haben wir fast nur Saddle-Gigs gespielt. Gehabt. Mhm. Wir haben so einen Kollegen gehabt, der hat... Aber haben die auch dort geprobt? Nein, okay. wir sind fucking lucky gewesen. Wir haben irgendwie einen Bandraum in fucking Horb gehabt. Mhm. Wo so, das ist so Jugendbandraum gewesen, weißt du, wo einfach so Leute haben können, halt für mega wenig Geld Ja, können einen voll. Raum haben. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 82 Stutz pro So Monat. bis 25 oder so. kannst du Ja, proben. genau. Und wir haben es richtig überzogen. Wir sind letztes Jahr raus, ich bin 27. Wir haben immer so gesagt, so, ja, weißt du, wir sind noch Studenten und so. ja. Also was halt legit true ist. Aber Ja, voll. so, ich bin der Einzige, der halt dann noch halt geschafft hat. Und nachher hat es, glaube ich, intern bei der Jugendanimation hat so oft einen Change gehabt, dass sie immer gewesen sind so von, ja, dann müssen wir dann einfach eine schauen. Und dann haben wir wieder können sagen so von, ja, ey, können wir vielleicht schnell zusammen anschauen. Ich meine, es ist wirklich halt für einen halben Schiss, haben wir können einen Proberaum haben, Oder wo ganz eine gute Größe hat. Weil Sädel, Ich habe vergessen, wie Proberäume unbequem sind der fucking Sofa ist. Man. tiny. Ich schwör. du kannst auch in den Stuhl hocken. Ah, nein. In den Stuhl vor allem. Der Stuhl ist... Ja, ich habe mir jetzt vorher mal überlegt, wenn du da deine fancy neue Kamera hast, müssen wir eine andere Sitzgelegenheit Ja, haben, weil ja. ich sehe aus wie ein Sitzsack gehalten. Ja. Wir sehen alle aus wie Sitzsäcke. Das ist okay. Damis ist der Einzige, der irgendwie stabil aussieht. Aber Damis ist der Einzige, der trainiert ist von uns. Ich bin überhaupt nicht trainiert, Alter. Ich bin so viel wie du auf der Bühne rumsäckelst, das könnte ich gar nicht. Nein, Ja, gut, ich aber muss das- wieder mal einen White Lens holen. Ein White Lens. Das ist Oh. geil. White Lens. Ja, jetzt bevor wir wieder irgendwo anders hingehen, wir sind bei den kleinen Proberäumen vom Ja, Sädel. genau. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in einem Proberaum im Sattel sind, aber Ja, mit der Sattel- Whiteout haben wir dort probiert. Mit wem? Mit Whiteout. Weil der Oh! Tim hat eben dort Der Tim, probiert. der Tim, ja klar, natürlich. Ja. Ich habe jetzt, wir haben jetzt mit der Band, die ich Schlagzeug spiele, haben wir jetzt einen Raum dort. Mhm. Und der Tim ist, glaube ich, 2 Räume weiter. Ja, geil. Da kannst du immer wieder mal spielen und ich so, Tim So. ist home. Ja, der Tim ist während Making- dem Crossfade-Konzert am Schlagzeug spielen. Ja, fair. Sehe ich. Ich meine, er hat wahrscheinlich gespürt, gehabt, dass der eine irgendwie ein bisschen shady war, der Gitarre gespielt hat. Oder so. Der Tim hat so ein, ich weiß nicht, der Tim ist ein interessanter Dude. Er ist, er ist so seriös, aber eigentlich ist er einfach ein guter Eine Dude. brutale Maschine, Alter. Absolut krasse Hure Schlagzeuger und Gitarrist und everything. Sich Voll. does it all.
Ja, wenn ihr kennt es, aber für die, die es nicht kennen, der Sädel ist mal ein Gefängnis gewesen. Mhm. Die Räume sind entsprechend Frauengefängnis. Frauengefängnis und ich glaube irgendwie auch Jugend, ich weiß auch nicht mehr genau. Das sind entsprechend fucking Zellen. Mhm. Die Räume sind tiny. Vor allem, es gibt Einzeller, wo du als Einband kannst drin sein. Dann gibt es 2 Zeller und 3 Zeller und ich glaube, in denen musst du jeweils halt den Bandraum noch teilen mit der anderen Band oder so. Außer du hast irgendwie Ausnahmefall oder wie auch immer. Wir haben einfach noch unseren Bandraum mit irgendeinem Singer-Songwriter geteilt, wo glaubst nie dort ist. Sprich, wir haben es irgendwie noch bereicht, weil das ist so 2 Zeller basically. Und das ist wirklich, eben deswegen haben wir ein Sofa oben drauf, damit wir fucking Space haben, weil sonst hättest du einfach keinen Platz dort. Fair, Ja, und dort habe ich halt einfach. Eigentlich bin ich Schlagzeuger und ich bin irgendwie zu einem Sänger geworden. Ich glaube, das ist noch für viele Metal-Sänger-Personen so. Du bist nicht Sänger, you become one irgendwie. Mhm. Ja, Nein, bei mir war es bei Choice. Ja? Ja. Du bist trotzdem geboren, du bist nicht gewesen. Ja. True. Ja, du hast es dir geholt. Mhm. You got that shit. Ich habe gemerkt, so wie, alright, ich bin jetzt riesige, entweder mache ich es jetzt oder ich mache es einfach nie. Else I will die. Ja, ich habe die weniger krasse Variante dazu gemacht. Ich habe jetzt einfach einen Mike Shinoda gezogen für das neue Neversis-Zeug. True. Das ist gut, aber you gotta take what you gotta take. Also Weisheit, damals 2025. Ja, du wärst wahrscheinlich ein wesentlich besserer Präsident, wie das als jetzt haben die dann, aber... Gut, wobei, you got wahrscheinlich. it. Ich habe nicht so viele Connections. Das ist eben, Ich würd- wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde wahrscheinlich, aber ich könnte so alle Gigs, wo so, weißt du, es gibt immer so krasse fucking Line-Ups dort hinten, Alter. Mhm. Ja, geil. Ich Du könnte- bist Präsident und das Einzige, was passiert, ist einfach Schweizer Local Bands spielen. So Ja, an den ja. fetten Festivals. Und halt so mega grosse Venues und dann so von, yo, I will degrade your taxes if you go to this local show and go fucking nuts. Nein, keine Ahnung. Ja, zum Zurückkommen auf das Game, wir haben sehr lange halt eben, wie gesagt, nur gesoffen und irgendetwas Ja. Lustiges gemacht und so. Ich glaube, as you do. Mhm. Ähm, Das ist ein Rite of Passage. ja, auf jeden Fall. Also nicht, dass wir das nicht mehr machen. Ich bin einfach Ja. der Einzige, der nicht mehr sauft in dieser Band. Ja. Also, Ja, das Ding ist halt auch, wie es kommt darauf an, wenn du die Band gründest. Wenn du so mit 17 deine erste Band gründest, Mhm. ja, auch machst du das. Wenn du so mit, we did. wenn du so mit, Also ich bin ja noch nicht dabei. so mit so gewesen. 29 bei Taoist nicht drafted wirst, dann ist es einfach mehr so, Mhm. ja, Ja, wir müssen jetzt nicht mehr so viel saufen. Wir können jetzt auch proben und Ja. dann saufen, wenn wir mal sonst irgendetwas machen. Weil weißt du, was fun ist im Fall? Ich hab bis jetzt immer mit Sänger in Bands gespielt mit Sängern, die ich nicht trinken. Also, Ah, ja? Und so mega random. So wie Tropast, Mahmoud, nie getrunken. Mike, Whiteout, nie getrunken. Auch wenn's Und ich, viel sobald ich mit Taus anfange, ich höre auf zu saufen. Also, aber es ist ein Phänomen, I suppose. ja. Nein, ich meine, ich habe vor jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr aufgehört zu saufen. Also es ist nicht so, bin ich Ja. mad besoffen gewesen, nachdem wir Ey, gespielt same, haben. Alter. Also, Jetzt seit 2 Jahren nicht mehr. stabil. Ich habe am Gränen meine Revelation gehabt. Mhm. Weil es war irgendwie der erste Tag vom Gränen gewesen und ich bin schon recht sturz gewesen. Mhm. Mega früh. Ich bin abstürzen. Mhm. Ich bin käsen. Ja. Und es ist noch nicht mal irgendwie fucking 5 gewesen oder so. Ja, Bruder, ich Und nachher kann habe ich- eigentlich Erfahrung gemacht. Und dann habe ich gepennt. Und dann habe ich einfach basically den ganzen ersten Tag vom Festival habe ich einfach halt mich scheiße gefühlt. Den ganzen Tag. Und dann dachte ich so, sorry, das ist fucking stupid. Voll. Ja. Und ich kann mich nur an die ersten 3 Bands erinnern. Ja, legit. Ey, Cheers, ja, Boys, cheers. Ey, zum Wohl. Ja, das habe ich, so Zeug habe ich selten Cheers. gemacht. Darum trinke ich jetzt auch noch ein Bier. Das ist auch fair. Ja. Also ich habe überhaupt eben... no judgment, Du, ja. whatever the fuck no you worries. want. Das habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, Ja. keine Angst. Ich glaube, hätte ich aber mehr gesoffen so als 20-Jähriger, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch komplett den Stöpsel gezogen. Ja, aber es ist auch irgendwie so, wenn du jünger bist. Alter, Mhm. ich habe meinen kleinen Bruder vor kurzem da geholt. Er lebt in Holland. Mhm. Der Sicher ist gerade dieses Jahr 18 geworden. Er hat jeden Tag, hat er keine Ahnung wie viel Bier gesoffen, Ja. 0 Kater. Ja. Ich so, Alter, Also ich habe letztens einen Kater nicht gehabt, mal weil ich habe das so gehabt. ich habe letztens einen Kater gehabt, weil ich keinen Alkohol gesoffen Mhm. habe und nichts gemacht habe. Ich habe Geil. am Montagmorgen aufgewacht, so, Ist das nicht, bist du nicht einfach krank gewesen? nein. Nein, es war effektiv ein Kater. Gewesen. Ich Weiss habe nicht einfach wieso. dehydrated as fuck. Ja, wahrscheinlich zu Ja, wenig Wasser ja. getrunken. Das Stabil. passiert, ja.
Das ist irgendwie, wenn so einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Döner reinfetzt oder so und nachher einfach ohne Wasser gehst du brennen. Ja, Beste. Das ist einfach so von, you are craving it, aber du bist so von, wegen dem Scheiß stehe ich jetzt nicht mehr auf, weil sonst muss ich nachher in der Nacht pissen. Mhm. Und dann... Das ist mein Lifehack. Das ist so, you Einfach turn immer eine old. Liter Flasche Wasser abstellen, bevor wir gehen schlafen. Dann wachst du auf, bevor du den Kater hast und kannst nochmal Wasser nachfüllen. Mhm. Hell yeah. Trinkt nicht mehr, hört auf trinken. Machen nicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Bring Nein, straight für alle, edge, die an Bruder. Konzerte kommen, saufen mehr. Ja. Ja, gut, fair. Ja. Also ich hatte die Ausnahme gehabt, auch vor allem halt eben an Konzerten habe ich trotzdem noch gesoffen. Ich habe irgendwann nicht, weil das ist so, ich bin in einem Geschäft gewesen, wo so, du kommst ins 9-Räumchen und da steht ein Kasten Bier auf dem Tisch. Und du bist einfach so von, also jetzt noch nicht. Mhm. Aber es ist dann halt hure schnell zum dafür ein Bier oder 2 gekommen. Und dann hast du literally, jeden Tag hast du einfach 2, 3 Bier gesoffen. Mhm. Und ich habe nichts mit Stand gebracht. Ich habe es einfach depressiv gefühlt die ganze Zeit. Mhm. Und dann dachte ich so von, okay, das muss ich ändern. Dann habe ich angefangen, nur noch an Konzerte zu saufen und am Wochenende oder wenn ich irgendwie am nächsten Tag immerhin frei habe und kann ausschlafen. Das war meine Rule gewesen. Nur ist das einfach hure viel vorgekommen. Mhm. Dann habe ich einfach die ganze Zeit gesoffen. Das ist trotzdem. Und das ist so von, ey, wir müssen das noch ein bisschen mehr eindämmen. Das ist noch nicht concentrated enough. Ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich auch irgendein Canon-Event, aber im Moment, dass du älter wirst und du dich anfängst in der Frage so von, bin ich am Trinken, weil ich wirklich Bock drauf habe, oder ist es irgendwie so von, just a thing, wo du halt einfach machst? So. Ja. Oh. Und du verlierst halt hohe Produktivität an dem nächsten Tag, oder? Mega, du klaust einfach basically innerhalb von 3 Stunden irgendwie 12 Stunden von dem nächsten Voll. Tag an Motivation. Ich glaube, so ist eine Mischung Also ich habe so... das so, das ist vielleicht Du ein Fehler. kommst in der Phase, wo so you're facing your own mortality ist. Also, okay, ich muss mal etwas machen. Der richtig Boomer-Talk. Wahrscheinlich Ja, haben so, die voll. Hälfte der Leute haben so schon abgeschaltet. Nein, so, wir meistens sind über 35 Bruder. Ja, Ja. ich so von, ja, ich Ja. weiss noch, wo ich dort war. Ich weiss nicht, Jetzt was- habe ich wieder angefangen zu trinken. Wir Das sind ist nicht der junge Ja, Podcast. das ist wie Dings, das ist wie die Veganer Straight Edge Dings, wo so, ja, ich bin jung, ja, dumm da, dann bin ich Straight Edge geworden und ja, jetzt trinke ich wieder einen Cocktail. Ja, so Das ist wieder, ab und zu nehme ich mal ein Bier. ja, das ist ja schon gut. Das ist ja völlig. Und eine gute Bratwurst. Ja, das ist wieder der Full Circle Moment haben wir gehabt mit dem Dings, mit dem Tourmanager, der Safer als Breath gehabt hat. In Kuba. Das ist so fucking funny. Er hat so Straight Edge Tattoos gehabt und so, weiß ich nicht was alles. Und hockt er dort, trinkt so einen Cocktail. Und wir so, hey Dave. Und er so, ja? Und so, ja. I'm old now. Fair. I'm old now, it's fine. Und dann ist er Body is degrading anyway. so ein richtiger Punk gewesen. Er ist ja zurück auf Paris während Corona. Es ist ja voll Nazi-Kram. Die ganze Zeit. Oh. Scheiße. Ja, lieb's. Fucking Johnny Tsunami von Frankreich. Das ist mein liebster Rabbit Hole. Ja, das Oh, ist fucking shit. funny gewesen. Ja, aber ich habe das Problem habe ich auch gehabt mit... darum habe ich letztes Jahr gesagt, ich saufe an Konzert kein Alkohol mehr. Mhm. Weil, ja, wenn ich an jedem Konzert mir 4 Bier hinstelle und ich bin im Jahr etwa 70 Konzert gewesen, so... Ja, basically. Smart, ja. Eben, aber haben ihr das am Anfang auch gehabt, dass du so, du bist an einem Konzert und es fühlt sich einfach wrong? Ah, Bruder. So ohne Alkohol? Nein, Fucking- So, jetzt ist es normal. nein, Aber weil ich habe hure oft einfach... Ich habe eigentlich jedes Jahr immer einen Monat lang nicht gesoffen. Das habe ich eigentlich jedes Jahr gemacht, Ja, dass ich ja. einen Monat lang einfach das keinen macht Alkohol getrunken habe. so No Not November oder wie heißt es schon? Nein, das mache ich nicht. Ich musste lernen, in meine eigene Awkwardness zu marinaten. Ja, genau. Voll. Und einfach mit dem klarkommen. Voll. Ja. So Das Shock, ist auch- Shock Therapy. Ja, aber eben, du merkst es halt, auf einmal bist du so von, Mhm. mach ich das gern. Ja, aber das ist... Ja, aber, Es ja. ist schon fun. Ja, das- auf jeden Fall. Also jetzt schon, aber am Anfang habe ich mich wirklich so Ja. hinterfragt, so von, ist es nur der Alkohol gewesen? Ja, Oder- also du hast... oder bin ich einfach awkward as shit? Nein, Aber ja, das ist auch... Nein, aber das ist, der Ricky hat effektiv nüchtern nicht können mit Leuten reden. Also das ist, Ja, einfach, das ist fair. nicht gegangen. Mhm. Der Ricky hat mich ohne Scheiß, also angefragt wegen dem Podcast, so, weißt du, Brudi, du kannst mit Leuten reden. Jetzt kann er. Plus, ich Jetzt habe das ist Gefühl, gut. also ich habe das Gefühl, Corona hat uns alle einfach noch mehr awkward gemacht. Mhm. Nein, das ist die Impfung, die hat uns einfach autistisch gemacht. Ja, fair. Wir haben sind wir wieder einfach- zurück. Das sowieso. Ja. Welcome. Das ist jetzt ein nein, Alpha-Mail-Podcast. Ich bin halt in einem Beruf, wo halt Corona nicht so extrem gespürt Fair, hat. ja, Also ja. zuerst schon. Ich bin zuerst gekündigt worden wegen Corona. Mhm.
Aber nachher habe ich halt draussen gearbeitet. So, für mich ist es nicht so, so von, ja, wir haben dann Masken im Auto unterwegs angelegt und so Scheiß. Ja. Sure. Aber, ich bin Gärtner, so Ja, voll. Rasenmeier, that shit gone, also keine Ahnung. Leute gehen mir in die Natur und hören den Sound vom Laubbläser an. Das ist gut. Gute Therapie. Einfach so raus in den Garten und nachher gehst du so. Das ist Therapy. Ja, nein. Boah. Nein, aber weißt du, du bist so am Arbeiten und nachher kommt irgend so eine Scheiß, das war eben während Corona gewesen, nachher kommt so eine scheiß Büroheini, wo fairerweise halt Homeoffice am machen ist. Und er so von, können Sie das nicht nach dem Feierabend machen oder so? Und ich so, my guy, ich bin jetzt am Arbeiten. Ich kann nichts anderes machen. Es ist Herbst, my guy. Hast du rausgeschaut? Es hat mehr Laub als keine Ahnung, Alter. Es ist so, ja. Fair. Ist eben geil. Sorry, ich gehe gerne auf irgendeine fucking Tension, wo Ja, das ist tipptopp. niemand sonst kennt. Das ist so Darum haben wir auch das niche. Gefühl, man sollte dich mal im Podcast haben, weil wir haben, glaube ich, wann ist das gewesen? An welchem Konzert haben wir miteinander geschnurrt? Und dann habe ich so das Gefühl, also, Brother, du musst einen Podcast. Im Also Werk Baden. Meine Dame Ja, ist... das war im Berg Baden, genau. Aber ich weiss nicht, Safe Last Breath Platte. Ist das Save Your Ja, weil ich dort hat glaub, Artifiction gespielt und mir, by the way, du bist auch noch Sänger bei Artifiction. Voll. Ich bin auch noch Sänger bei Aber Artifiction. meine Dame ist seine Liste, ich glaube, seit 2 Jahren alt. Ja, ich habe halt schon relativ früh mal gesagt, weil ich höre den Podcast halt. Und dann bin ich auch so gewesen von, well, wenn ihr Bock habt, dann hit Das me ist nicht das erste Mal, wo wir Artifiction-Sänger da haben. up. True. Das habe ich Ja. auch, das ist entweder vor, dass ich Artifiction joint, nein, das ist schon Ja, vorher. wahrscheinlich Schon. schon. Vorher gewesen, ja. Aber ich glaube, Das ich Jahr habe sie vorher. dann halt nochmal re-listened, so von nochmal so ein bisschen mehr Insights bekommen, also vor allem die von Mark, glaubst Mhm. so von, was läuft schon wieder alles in dieser Band, was ist so ein bisschen die History davon, Ja. keine Ahnung. Weil eben, ich bin letztens im Dreifach, Radio Dreifach gewesen, auch kurz halt wegen Interview und Kann nachher man, haben sie so gefragt. kann man die zurücklassen oder ist einfach so Ja, voll. One-Time? Ah, okay, geil. Und die ist auch jetzt gut zusammengeschnitten, dass halt die Musik zwischendrin ist jetzt rausgeschnitten. Du kannst, das ist Geil. der Pamir, Radio Dreifach, halt Artifiction, whatever. Und dort haben sie mich nachher gefragt, also von, ja, seit wann gibt es Artifiction? Und ich so von, oh, ich bin überfragt. Ich kann dir sagen, wie Artifiction angefangen hat. Weil ich bin nicht dort gewesen, aber I followed it closely. How? Der Jeremy von Monks Pariahs Ja. hat Artifiction gestartet. Nein, der Was? Mark hat gestartet Mit und dem- hat aber Jeremy geholt. Der Jeremy ist nachher drin. Aber okay, bei der ersten Release ist der Jeremy dort gewesen. Ja, voll. Den habe ich halt gekannt von Monks Pariahs, oder? Dort ist auch noch ein Dave von Vicious Rain gewesen und Das ist ja jetzt ein Supergroup in a way. genau. Monks Pariahs war eine Supergroup gewesen. Kann ich wer noch da war. Ich habe nur die 2 in Erinnerung. Ich glaube es nicht. Ist nicht der. Ach nein, ich weiß, ich will nicht irgendwie. Ich habe das letzte Mal, wo Monks Pariahs irgendetwas Ja. gemacht hat, ist auch schon vor Corona gewesen. Aber Und das mit ist schon 6 Jahre her. Mit den Monks Pariahs haben wir uns seinen ersten Whiteout-Gig gehabt mit. Es war Whiteout gewesen, Monks Pariahs, Save Last Breath und Atropas Im Werk 21. und Blitz on Drive von Italien, glaube ich. Im Werk 21. Ja, ja. Bruder, dort bin ich an der Bar am Arbeiten gewesen. Ah ja, sehr gut. Siehst du. I was not there. Das war 2016 gewesen. Ja, dort bin ich an der... Dort ist ein Versus an der Bar am Voll. Arbeiten gewesen. Weil theoretisch haben wir uns nachher 2019 erst so kennengelernt, so, wo wir live gespielt haben, oder? Jo. Dann haben wir uns einfach so gesehen. Ja, ich habe halt weiter gekannt wegen Mike und dann habe ich Mhm. für unsere Platte dafür uns gebucht und dort ist die ganze Misere am Anfang. gewesen, Ja. Tatsächlich, ja. Voll. Anyway, erzähl jetzt weiter, wie Aber ja, dann Artifiction sich Artifiction ist gegründet glaube hat. ich 2017 gewesen oder so. Ja, voll. oder? Gell? Ja. Das So weiß ich jung. jetzt. Das weiß ich jetzt, weil Mhm. sie haben es mir nachher im Podcast gesagt. Das ist nicht 2017 gewesen. Mhm. Das ist von, I guess. Eben, nachher ist Jeremy gegangen. Sie hat so die Research gemacht, dass du die Frage kannst Ja, beantworten legit. und dann einfach so, okay, er weiß es nicht. Voll. Ja. Deine Band ist 2017 gegründet worden. Also wir sind glaube ich nachher drauf Und gekommen. ich glaube, der Jeremy macht Vocals bei der ersten. Ja, voll bei Dingens. also die erste EP. EP, oder? Ja, es Album? sind glaube ich 5 Songs. Aha, Das ist der Jeremy voll. und er ist dann nachher irgendwann ausgetreten und dann ist der Sven gekommen. Voll. An der Gitarre ist der Mark geblieben. Der Mark, dann ist der Ted noch gewesen. Ich Mhm, weiß nicht, es stimmt. hat glaube ich am Bass ist ja auch noch andere, es ist noch ein anderer Bassist gewesen, der Schlagzeuger ist noch anders gewesen. Also der Mark Ja. ist eigentlich der einzige, der noch vom OG Line-Up Fair, dabei ist. ja. Mhm. Und Der hat hohe Line-Up-Changes gehabt, die Band. Hey. ja, halt, ich bin der dritte Sänger, so, Mhm, I guess, ja. ja. Also, In wie vielen Jahren?
2017, ja, Matti, 8, Ja? I guess. Ah, ja. I mean, there's worse bands, I guess. Ja, ja. Aber ja. Immerhin ist es noch gute Musik-Release. ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich sehe teilweise wirklich so Bands, wo so der Schlagzeuger ist noch der gleich. Nächstes von Eid. Ja, voll. I mean, Das fair. ist amigs okay, wenn es sich so über 10 Jahre entwickelt, aber amigs Ja. ist es so innerhalb von 2 Jahren. So Ja, Bruder. fair. Aber es ist auch funny, weil wir haben jetzt halt gerade mit RT einen neuen Sound released und wir haben ein Musikvideo released und irgendein Typ drunter, irgendein so ein random Typ hat drunter kommentiert, no way, this is the same band. Weil ich bin halt auch der Einzige, der im Musikvideo ist und alle Ja, so voll. von, what is this? Who is this? Das Video hast du selber gemacht, oder? Ja, voll. Komplett Wir kommen nachher auf das. easy. Geil. Ja. Voll. Aber eben, also, warte. Artifiction, wie bist du dazu gekommen, überhaupt? Ich habe noch einen Screenshot im Chat, wo der Sven austreten ist und der Ted. Und reingeschickt Stimmt, du zweit in dem Fall, hä? Ja. Ja, der Ted ist der andere Gitarrist, der ist auch noch austreten. Und nachher haben sie. Fuck ja, der Ted hat mit mir Spanisch geredet, das weiß ich noch. Ja, genau. Du bist von Guatemala oder so. Ja, genau. Shoutout, Bruder. Ja, voll. Hermano, shoutout. That's a real brother. Oh. Ja, Spielt er in einer Band jetzt, nicht mehr? Nein, ich glaube, der ist deswegen auch austreten, weil er irgendwie mal eine Karriere machen oder so. Weil er irgendwie halt nicht so happy war mit dem, was er macht. Ja. Aber mehr weiß ich nicht. Also ich habe nie mehr mit ihm geschnurrt. Ja, voll, Also voll. ich habe mit ihm das letzte Mal geschnurrt, wo wir mit der Lost Game, so ist es halt, also du kannst, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber wir haben mit der Lost Game an der Plattentaufe von Artifiction dürfen spielen im 2020, wo sie Viva released haben. Ah, wie war schon? Ja. Oder ist es 2000? Nein, das ist noch nicht so lange her, das ist 2023 gewesen, Ja, ich meine, es ist 22 rausgekommen. Ah, oder 22. Dort sind wir und Ja, weil wir haben mit Mind Breakdown of Collision sind Vorbands. wir haben mit Breakdown of Sanity über Viva geredet. Deswegen. Voll. Und Ja, nachher der Carlo hat, glaube ich, gesagt, so von bestes Album vom Jahr. Voll. Ich so von, ich bin stolz, ich habe zwar nicht daran gemacht, aber ich bin da. Es ist schon ein Banger-Album. Es ist ein absolutes Banger. Das ist auch, ich bin nicht so, ich habe immer ein bisschen Mühe, so bestimmte Artists, oder vor allem damals noch mega so Artists aus der Schweiz zu hören, weil ich irgendwie so gemerkt habe, also irgendwie ist nicht wirklich up my alley. Ja. Aber Artifiction, Viva, habe ich wirklich recht viel gehört. Und Es deswegen ist- ist es auch relativ. Es ist einfach international zu- Level. Ja, sozusagen. Ja. Das hat mir extrem gut gefallen. Und ja, also das ist so ein bisschen, dort haben wir, also wir haben auch vorher schon mit Artifiction immer wieder mal gespielt gehabt. Wir haben, glaube ich, mit der Lost Game und Artifiction haben wir, glaube ich, etwa 3 Mal zusammen gespielt. Auch im Sattel. Und dann, was ist noch? Ah, genau. Dann war Bullhead gewesen, beziehungsweise eben der Sven ist ausgetreten und ich so von, wer auch immer die fucking Fußstapfen muss reintreten, viel fucking Spaß. Jokes on me. Fucking stupid idiot. Aber ja, ich meine, ich finde Sven eben ein insaner Sänger. Maschine. Deswegen, ich bin auch zum Sven halt so in Vocal-Unterricht immer so immer wieder ein bisschen Tipps gegeben und so. Hat mir recht viel geholfen dadurch. Habe durch das auch relativ gut können noch meine Stimme entwickeln, weil ich bin noch nie in einer Vocal-Coaching-Session gewesen, irgendwie Unterricht, wie auch immer. Und dann irgendwann so vor 3 Jahren oder so, habe ich gedacht so von, yo, do you have time? Kann ich mal, oder vor 2 Jahren oder so von, willst du das machen? Und dann so von, safe, kommst du vorbei. Haben wir 2 Mal, glaube ich, oder 3 Mal sogar eine Session gehabt. Haben wir ein bisschen Übungen angeschaut, diese Ananas. Auf jeden Fall, ich hatte ein bisschen einen Draht zu ihm gehabt, sonst noch neben den Bands. Und ja, dann ist er austreten und ich so von, goddamn, sad. Weil ich habe das voll sick gefunden. Und dann ist das halt so, ja, ist nachher die Open Ding geworden mit dem Bullhead Festival. Für die es nicht mitbekommen haben, sie haben wie so gemacht, dass sie ein Set, weil sie sind schon halt, also sie haben kurz nachdem der Sven raus ist, haben sie das Bullhead Festival gespielt und anstatt halt noch für den schnell einen Sänger zu suchen, haben sie einfach gesagt, hey, wenn du Bock 1, 2 oder 2 Songs mit uns zu spielen hast, dann melde dich.
Das ist so, Du bist glaube auch so gewesen? 2 Monate vorher gewesen, oder 1 Monat Ja, vorher. ich glaube sowas. Also es war wirklich mega kurzfristig Voll. gewesen, und jetzt sind irgendwie 6, 7 Leute sind dabei gewesen. Mhm. Unter anderem der Eric, der Cash, Mhm. du, ich. Der Sascha. Der Sascha war dabei gewesen von Fear Lab. Der Cash Voll. ist von Port of Call, by Ja, the voll. way. Den Port of Call Book. Ja. Das sind geile Sicher, Lüm geile Sachen. ist auch dabei gewesen. Was? Lüm. Lüm, ja genau, sie komplett out of place, Voll. voll der Popsängerin, wo Ja. eigentlich so eher halt so, ja, sie macht hure viel wilde Shit. Sie macht insane Shit. Ja. Sie macht, also die geht sowieso, die geht Vollgas. Also Sie könnt hat so ihr jetzt ein- schon go folgen, weil dann wisst ihr das so von Sie dir hat so wird ein, groß. so einen Rap machen auf 7 Sprachen oder so. Ja, irgendetwas. genau. Ja. So, die macht mega viel Crazy. Stuff. Also es ist Mhm. wirklich total wild. Und sie hat nachher halt so einen Song gesungen, wo halt nur Cleans drin hat, und sie hat nachher versucht, irgendwie einen Scream zu machen, weil ganz am Schluss kommt noch ein Voll. Scream und so. Also es ist voll cool, aber ja, und dort habe ich die ersten 2 Tracks gesungen. Das ist, was ist es gewesen? Avarice und keine Ahnung. Mhm. Sleep. Die 2 habe ich gesungen gehabt, und ja, nachher bist du auch irgendwann gekommen, hast absolut alles gegeben, bist fucking wrecked gewesen nachher. Also ich bin fast gekotzt. Aber Also das ist und ich fucking ha- sick gewesen, weil du bist absolut wie ein Zäpfchen auf der Bühne rumdancen gewesen und so, yo, richtig am Fühlen. Du einfach, hast halt voll den Rhythm bei dir dabei gehabt. es in ist dem halt Movement und so. es ist halt null Erfahrung gewesen, noch nie gemacht. Noch nie, kein Cardio. Alter, Ricky, all in. Kannst du nicht verlieren. Ich habe Vollgas gegeben, nachher fast müssen kotzen und nachher so eine Stunde später mit Wild müssen spielen. Stimmt. Ja. Ich habe nur das halbe Set geschaut, und Ja. es tut mir jetzt noch weh, weil ich habe euch nachher nicht mehr gesehen. Ja. Und das ist so, ich habe euch, glaube ich, nur einmal vielleicht gesehen vor irgendwie mega langer Zeit, Mhm. und ich habe es nicht mal richtig wahrgenommen, weil ich glaube, sie sind irgendwie Vorband gewesen von irgendeiner anderen Band, die ich habe gelassen, und dort bin ich irgendwie noch so ein bisschen, eben, dort habe ich noch viel gesoffen. So, I was probably drunk as shit. Brand of Sacrifice, oder? Kann sein. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich Ist weiß es in einfach nur, Zürich gewesen? Oder Siamese. Ja. Siamese habe ich auch live gesehen. Das ist mit den Versus und Wild gewesen. Nein, den kann ich nicht. Ich habe sie irgendwie als Es Vorband ist von ein Jahr einer anderen voran, Band sind es glaube ich als Vorband von irgendetwas im Ja, Jahr. ja, genau. Außer bist du noch mit Pericon gewesen, wo wir gespielt haben. Nein, den bin Ah. ich auch nicht gesehen. Da bin ich auch ein bisschen betrunken Ich gewesen. weiß es nicht mehr genau. Ja, Vielleicht habe ich auch irgendeinen Hirnschiss. Ist ja gleich. Mhm. Ja, und dann habe ich mit dem Mark im Backstage ein bisschen geschnürt gehabt, und weil ich halt, eben, ich fühle den Sound mega, Mhm. eben, ich habe Viva mega gefühlt. Und dann haben wir halt so ein bisschen halt über Musik geschnürt und so, haben wir mega gemerkt, wir viben recht. Mhm. Recht auf der gleichen Wellenlänge und so. Chemistry ist schon wichtig. Ja, extrem. Und das habe ich auch mega gemerkt jetzt mit der Zusammenarbeit für die neue Musik. Ist wirklich so, es ist mega ein Hin- und Herbouncen von Mhm. Ideen gewesen. Es hat hure gut funktioniert. Also wirklich, Shoutout an Mark. Geiler Sieg, Mann. Mhm. Ja, und das habe ich nachher mega lange marinaten. Ich habe zuerst gedacht, ich bin eigentlich mit der Lost Game bin ich eigentlich schon mega ausgelastet. Und nachher hat er mir halt die neuen Songs geschickt, wo sie halt im Köcher hatten. Und dann habe ich gedacht, oh shit, Alter, das ist richtig sick. Und über das Vocals machen wäre eine absolute Ehre. Und dann haben sie ja noch Open Vocal Edition gemacht, wo du ja gesagt hast, hast du auch dich beworben. Ja, gehabt. die 2 Demos sind schon. Die sind halt fucking Die sind sick. jetzt halt draußen, oder? Ja, Eben. alles draussen. Und es ist wirklich, also... Ich bin eigentlich auch mega, also ich wäre mega gespannt gewesen, was du damit gemacht hast. Ich kann das noch zeigen. Oh, sick, kann's noch, ja. Wäre cool, Ja, wäre ja, cool. ja. Nimmt mich mega Wunder. Das Lustige ist, ich habe dort, wo ich es aufgenommen habe, Ja. so oft gelost, dass wenn ich jetzt die neue höre, ist so wie, Gell? ist so wie what the fuck? Ja, aber es ist auch, das ist eben das Ding gewesen. Ich habe die Songs nachher, ich habe die so geil gefunden. Ich habe sie wirklich eine ganze Woche auf und ab gelassen. Ja, ja. Den ganzen fucking Tag lang beim Arbeiten. Also wie unübertrieben. Das ist Den ganzen Tag, die 5 Tracks auf und ab. Ich bin so, ich habe es so sick gefunden. und Nicht nur für Demos sind sie schon hure hohe Qualität. mega. Ja. Ist richtig geil gewesen. Also ich habe auch Songwriting ist insane. Also ja, und dann habe ich gedacht, okay, I gotta do that. Und dann haben wir nachher habe ich mit den Boys ein bisschen geschnürt gehabt, und dann habe ich gemerkt, mal, this is it. Wie viele Leute haben sich beworben? Weiß ich nicht. Ja. Das haben sie mir nicht. Also als ich joined bin, haben sie mir basically nichts zu dem ganz ehrlich richtig so gesagt gehabt.
Sie haben nur gesagt, es haben sich ein paar beworben gehabt. Mehr weiss ich ehrlich in dem Sinne nicht. Und sie haben mir auch nie irgendwelche andere Stems, Vocal Stems gezeigt, Melodien, gar nichts. Ich habe wirklich nur die Tracks gehabt, um damit zu arbeiten. Geil, Einfach, dass ich nicht irgendwie biased bin von irgendwelchen Ideen, die zum Beispiel der Sven schon aufgenommen hat oder sonst etwas. Das war mega geil gewesen. Ich habe wirklich mit diesen Tracks können machen, was ich wollte. Und nachher habe ich mit dem Mark noch Ideen hin und her bounced und so. Haben wir noch den einen Refrain, wo er jetzt singt und so gemacht. Und also es ist voll sick. Also ich habe das unglaublich geil gefunden. Also ja, es ist mega eher auf diesen Tracks jetzt drauf zu sein. Es ist wild. Eben. EP ist jetzt auf Bandcamp raus. Auf Bandcamp, yes. Wie heisst die EP nochmal? Die EP heisst Bear. Also Stimmt. Barre. B-A-R-E. Nicht Cocaine Bear. Keine. Kannst du auf Bandcamp kaufen? Cocaine Bear kannst du auf Bandcamp? Nein, kannst du Bear. Yo! Wir haben es geschafft, wir sind 20 Minuten seriös gewesen. Hey, das ist schon gut gegangen. Und jetzt So, jetzt wieder fort. Tschüss. Ja. Und Abfahrt. muss ich wieder mit dem Bein aufhocken. Oh. Aber ich muss Das Spiel sagen, verloren. ich glaube, für Artifiction hat es noch nie einen Release gegeben, den ich nicht gerne kann. Also und die Das ist Progression ist einfach insane. Also ich bin immer noch ein großer Fan. Geil. Wirklich geil. Und ja, der Switch vom Sven zu dir ist gut gegangen, oder? Ich bin auch überrascht. Aber es ist halt wirklich auch mega eine Challenge gewesen. Und ich habe wirklich hure hart daran gearbeitet, dass ich halt auch das Zeug hitte. So die ersten paar Gigs, die ich gesungen habe, wer auch immer mich dort gesehen hat, Ja. ich würde verstehen, wenn du es nicht mehr live hören. Also, totally fair. Ich habe dort noch Notes noch nicht richtig gehittet, weil ich habe vorher noch nicht gross gesungen. Ich habe bei Lost Game nur bestimmte Parts ab und zu mal etwas gesungen gehabt. Ja. Aber auch, ich habe meine Growls sind eigentlich eine scheiß Technik gewesen. Also ich habe so growled, ich habe mega laut growled. Das ist halt so False Chord, whatever the fuck gewesen. Und es ist einfach, es ist all over the fucking place gewesen. Bist du von hinten gekommen oder von oben? Out of the fucking soul. Also das ist wirklich, also es ist mega laut gewesen und es hat halt entsprechend meine Stimme mega schnell gefickt. Ja, Bei Lost Game hat mich das nicht gejuckt. Weil nach der Show, ja, sure, whatever. Ich habe meistens durchpushen und dann konnte ich alle Vocals machen und dann ist eigentlich gut gewesen. Bei Artifiction habe ich auch noch spät im Set noch müssen singen. So I was like, I gotta change something. Ja. Und dann habe ich irgendwann nach Ewigkeiten, ich habe eigentlich immer Fry Screams gemacht und nachher meine Growls sind False Chord oder eben nicht False Chord. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, einfach nicht controlled False Chord gewesen, weil einfach viel zu viel. Oder schon von hinten. Ja. Das ist False Chord. Ja, genau. Und das ist, also es ist, das hat einfach eben, das habe ich nicht können. Es ist nicht sustainable gewesen in dem Sinn für eine Live-Show, vor allem für eine längere. Und ja, und dann habe ich irgendwann es geschafft, meine Fry Screams endlich auch runterzuziehen in Growls, beziehungsweise halt einen Switch zu machen. Das war so eine fucking Mindband gewesen, weil ich das jahrelang halt so gemacht habe. Bis ich von Fries aber ja. Alter, als ich das herausgefunden habe, wie das geht, ich bin wirklich da gestanden so, Ja, du bist einfach so von, oh shit! Fuck! Und so von, ja! So, jetzt fangen wir an. What the fuck? Das ist nämlich funny, weil ich bin so ich habe ein Video gemacht von mir selber, wo ich so Progress gemacht habe. Und ich habe so den Moment halt können capture, wo ich es auf einmal geschafft habe. So von das erste Mal. Und ich habe es gerade gefilmt, einfach so zum Schauen, so von, weißt, ich filme mich ab und zu, wenn ich Vocals mache, einfach zum ein bisschen schauen, so von, so scheiße habe ich getönt vorher, wenn ich zurückschaue. Und dann habe ich gerade das gefilmt und das von, oh shit. Ich habe das in einem WhatsApp-Sprachverlauf mit dem Nico. Nice. Ich habe dann einfach irgendwie so, bei meiner Küche einfach so beim Kochen gewesen und einfach so angefangen, so ein bisschen rumzukrätzeln und dann plötzlich ich so, wait a second. Ich habe so zum Nico so wirklich so 10 Sprachnachrichten und ich einfach so, oh mein Gott, das funktioniert. Und dann habe ich einfach so angefangen, so richtig dumme Scheiße zu machen. So, wie es einfach so funktioniert hat. Ja. Wirklich, ich bin, glaube eine halbe Stunde lang nur noch Egal, auf einmal und nachher so während dem Autofahren einfach literally die ganze Fahrt einfach so machen, einfach so, oh mein Gott, ich kann das jetzt, Alter, das ist wild. Ja, und dann irgendwann machst du so, probierst du, dann so, willst du wieder Screams, so, kann ich eigentlich noch normale Screams? So, dann so, nein, und dann, mal, es geht schon noch. Ja, aber auf einmal ist es so anders. So, du hast so wie so die Matrix auf einmal durchschaut. So. Ja, voll. What the fuck? So alle Leute, die so noch nie so Scream Vocals gemacht haben, einfach so,
So. So, what Also, the what do you fuck mean? nehmen ihr für Drogen, Nein, Boys? der Song und der Goal ist eben, wenn du voll am Schreiben bist und locker und alles locker ist. Ja. So, what the fuck? Ja. Und das habe ich dort, wo wir eben in Baden gespielt haben, Mhm. habe ich das noch nicht unlocked gehabt. Ja. Dort habe ich noch Full Scores gemacht. Hat halt Mhm. einfach live insane Ja, getönt, ja. weil es halt auch hure laut war. Mhm. Aber eben, es hat meine Stimme nachher, du weißt noch, meine Stimme ist fucks gewesen nachher. Ja. Ich war hure heiser gewesen. Mhm. Ich habe das nachher mit dem Röhrli gezeigt und so. Ja, voll. Und ich so von, nach der Show trotzdem heiser. Ich so von, Ja. yeah, that didn't work. So, es gibt so eine Warm-up-Technik, die man Ja. mit so einem Röhrli macht. Und Mhm. ich habe das nachher so, weil der Rick ist so zu mir so von, hey, hast du vielleicht, also ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen Das ist sind. ganz simpel. Ich habe mir die Stimme gefickt in einem Konzert. Und bei einem kurzen Set sogar noch. Vor 2 Songs einfach so ein Potato im fucking Ja, stimmt. Throat gehauen. Und ich so wie, was ist das, Alter? Ich mit meiner 3 Konzerterfahrung als Sänger. So wie, was ist das? So wie, noch nie ist mir so etwas passiert mit der Gitarre. Und Ja, ist ein bisschen ein anderes Instrument. Potato in the Eben. finger. eben, genau. Und deswegen ist so wie, was ist das? Also deswegen bin ich froh um die Tipps gewesen. Ja, also, bei mir haben es nämlich nicht geholfen. Es ist wirklich so, I did not practice what I preach. Also ich habe den Warm-up gemacht, aber Ja, meine aber Stimme wenn's- ist nachher am Arsch. Aber Wahrscheinlich- weißt du, nur weil das Warm-up gut ist und nachher eine komplette Scheiße baust im Ja. richtigen Lauf, ist Ja, dann halt ja. trotzdem bringt das Warm-up Of weniger. course, absolut. Bloß ein guter Tipp, den du mir angegeben hast, ist das mit den Schultern. Das locker lassen Ja, und mega. nicht so tense ab, weil dann tendierst du eben zum Über. Also gut, Ricky, du hast bei Ja. deiner ersten Show halt auch einfach. Wo ich einfach Du bist einfach auf die Bühne. einfach YOLO. Das Also. kann halt einfach nicht Ja, funktionieren. Er Aber hat- du gibst alles an. bei der ersten Show, Ricky sein fucking Vocal Warm-up ist länger gewesen wie unser Set. Der Ricky hat ein halbstündiges YouTube Vocal Warm-up Video geschaut Den mach und ich immer noch. gemacht. Der mit der Dreimal. violetten fucking Background da, irgendwie Vocal Academy. Ja, Vocal Academy, aber wo er es bis im Eingang von der Wohnung macht. Ah, okay, nein, ich jeden kann nur Fall- so eins, wo nur Audio ist. Also wir sind wirklich im scheiß Tower ins Bandroom reingestanden und haben so das Gefühl gehabt, Bruder, können wir jetzt bitte einfach anfangen? Und der Ricky so, nein, das Video ist noch nicht fertig. Und wir so, es geht noch 20 Minuten, Brüder. The fuck are you talking about? Wir haben jetzt 10 Proben gehabt, was dich kein Meter interessiert hat. Ja, fair. Probe aber, ist nicht schlimm. aber es ist so also was ich jetzt tendiere zu machen für alle fucking Vocal Nerds out there, Mhm. ich habe ein mega langes Rohr, das etwa so dick ist. Das ist not intentional gewesen, okay? Sorry. Und dann, das ist nämlich lang genug, dass ich nachher so eine Flasche bei mir im Flaschenhalter kann rein tun im Auto und dann kann ich während der Fahrt kann ich schon die ganze Zeit halt so Mhm. ins Rohr reinblasen. Sorry, es Ich tut glaub- mir wirklich ich mu- leid. Ich glaube, ich muss die Finger wieder anlegen. Ja, und dann das mache ich nachher irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde, während dass ich Metal Server los. Nein. Und dann mache ich erst so oder dann mache ich vielleicht noch clean, ein bisschen Vocal Warm-up, einfach, dass ich ein bisschen schon den Feel for it habe. Ja. Aber nachher mache ich irgendwie vielleicht 20 Minuten vor dem Set Maximum, mache ich noch mega schnell leichtes Warm-up, dann schnell Technik fühlen und that's it. Mhm. Ja. Einfach möglichst eigentlich gar nicht zu viel machen und einfach halt vor allem das mit dem Rohr ins Rohr blasen. Und dann- Ja. Alter, wie alt sind wir? Hast du 13. hast du mal die Schlucktablette da probiert? Ja, Also, ja. Fucking Blowjob-Lube. Also. Aber legit, du spürst so, wie es runterläuft und du bist so von, God damn, I'm primed, bro. Aber der Julian von No Kings No Slaves hat das auch schon benutzt und er sagt so von, Alter, ich kann das nicht, weil das fickt so wie meine Stimme, aber halt so in eigentlich a good way, Mhm. dass seine Stimme ist nachher smooth, aber nachher verliert es halt die ganz fucking Rasp, die er eigentlich braucht Mhm. bei seiner Technik, weil seine Technik ist, glaube ich, fucked. Ah, okay, ja. Die ist auch nicht ganz so gut. Mhm. Und er weiß auch nicht, was er macht und das juckt ihn eigentlich nicht. Aber Ja. er macht es einfach. Und wenn er das nimmt, dann ist seine Stimme irgendwie viel weniger geil, hat er gesagt. So, Ja, I fair. don't know. Mhm. Aber ja, für mich funktioniert es vor allem so, Aftercare, you know. Ja. Dann nehme ich so einen so und dann ein bisschen rumlutschen und dann we on it. Ja, voll. We back. Du machst im Fall Autoshisha.
Ja, aber legit. Alter, ich bin auch so im Tunnel gefahren, nachher fahren so 2 an mich vorbei, so einem fucking Mercedes. Und ich halt mit dem Rohr so. Weißt du, so fucking. Das klingt dann halt wie ein fucking Bong, basically. Ja. Und das sind so 2, keine Ahnung, haben so ausgesehen, so wie Türken. Und sie so, boah, yeah! Geile Sieg! Und ich so, boah. Ja, sorry zusammen. Das ist kein Shisha. Aber die haben so gefühlt, so, Alter, da ist am Shisha rauchen im Auto. Geiles Sieg. Yes, Fucking G, Mann. Alter. Imagine, Alter, der Hotbox is real. Einfach so Kohlenrauch im ganzen Auto. Lung Cancer Das ist- incoming. das Holy ist- shit. Ganz ehrlich, das ist etwas, was ich dem Domi und dem Timo nicht würde. Wenn wir die würden erzählen, dass sie das gemacht haben, würde ich es nicht glauben. Die haben Fair. übrigens einfach die Shisha mit in die Backstage genommen. Stimmt, das hast du erzählt. Das ist hast so du irgendwie letzte insane. Woche, Ja, also ja. im Ja, ja. Expello-Podcast hast du Ja, ja, erzählt. stimmt. Und das war... Fucking insane gewesen, aber du kommst rein, so türkische Shisha-Bar dort. So. Ja. Wir haben nicht, ich hatte auch keinen Event nicht gehabt, dass wir einen Shisha im Bandraum hatten, aber es hat so eine Phase gehabt, wo alle die ganze Zeit gesagt haben, so, Bro, gehen wir Shisha-Bar. Ja. Was, sorry, aber wir haben einen Bandraum, wo wir Musik machen. What the fuck do you mean? Wir sind immer im Wald Shisha rauchen. Ja. Wir sind, Im Wald? ja, wir sind zu jung gewesen für Shisha-Bars, wo Shisha cool war. Shisha war cool, gewesen, wo ich Fair. so 12 war. Ja, I guess eben. Zillennial, I guess. Ja. Out here, not Dann Shishaing. sind wir in der Bülach-Hut einfach im Wald gegangen. Fucking Bülach. Ja. Von wegen Bülach. Der Lou war auch dort. Gewesen. Der hat gefilmt, glaubst du. Mhm. Der ist auch von Bülach. Mit ihm hatte ich meine erste Deathcore-Band gehabt. Wie heisst der? Ja. Dort habe ich bin ich eigentlich noch nicht mal richtig into Deathcore gewesen. Das ist Mhm. so way before my time for Bands gewesen. Dort haben wir nachher eine riesige Kampagne gestartet für die Band. Ich habe das Logo designt gehabt, wo eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht. Wir haben geheißen Beyond Understanding. Wir haben ein Bandpick gehabt und so. Wir haben alles so Coming Soon, mega Ja. sicker Shit gehabt. Wir haben keinen einzigen Song gemacht. Ja. Und wir haben einen ganzen Hype und es sind legit hure viele Leute sind so gewesen, so von, oh shit, was hauen die jetzt raus? Es kommen immer wieder Leute so und erzählen so von, ja, das ist ja noch mit dem Lou hast du Beyond Understanding gehabt, weil der Lou ist ein insane Vocalist. Und ich war der Schlagzeuger gewesen, ich habe noch kein Double Bass können, wäre der Deathcore Band gewesen, wäre Ja. sicher gut gekommen. Ich habe immer noch nicht so gut Double Bass, also fair. Mhm. Aber das ist noch so pre wirklich Bands gewesen, wo eben, dort haben wir nachher, dort haben wir den einen haben wir nachher rausgeschossen und anstatt dass wir ein neues Bandfoto gemacht haben, haben wir einfach Yes! so haben wir eine Form um ihn umgezogen und ein Fragezeichen drauf getan und das so aufgeladen und so von, wir suchen einen neuen Gitarrist. yes! Aber ich meine, das hast du müssen machen. Ich habe auch mit fucking 16, 15 Power Metal Band gegründet. ja. Zu zweit mit einem Drummer. Nie einen Song geschrieben. Geil. Nicht einmal einmal Power Metal jammed. Einfach schon mal ein Photoshop-Logo gemacht. So mit Photoshop 2007 oder whatever the fuck. Also ich Holy shit, fucking- wolltest du mir jetzt sagen, meine Schülerband ist die einzige, die noch besteht? Ja. Ich habe auch eine Fucking ich habe hell. ich habe eine Schülerband gehabt. Also nicht Schülerband, aber so die erste Band, die ich gegründet habe. Ja gut, aber ich glaube, das ist eine Ausnahme von der Ja. Ausnahme. Ja, aber darum, das ist crazy. Ich meine, wenn, dann ist so der Name umgeändert worden und es hat so Member Changes gegeben, Voll. aber... Also er wäre es, oder? Mhm. Ja, Oh, wir haben, shit. also Member Changes, wir haben mal noch einen Gitarrist gehabt, der Masken angehört, der Adi. Der ist dann irgendwann gegangen. Dort haben wir, der hat angefangen, wir sind recorden und er wollte Gitarre aufnehmen. Hat so gemerkt, Ja. ah fuck, Alter. Ich Ja. kann das gar nicht. Mach du. Und dann ist er gegangen. Chat-Move, Bro. Wirklich, Würde ich auch machen, wenn ich keine Gitarre Jam-Move. spiele. Aber das Thema ist, das ist schon so, wenn du nie in deinem Leben recorden hast, dann weißt du nicht, was fucking pain in the ass Das ist so. Alter. Das ist so. Ja, und dann ist unser anderer Bassist gegangen und dann ist der Cousin vom Domi gekommen, vom Schlagzeuger als Bassist, wo wir schon die ganze Zeit dabei hatten. Als Techniker. Also er hat eigentlich nichts anderes gemacht, wie gesoffen und uns auf den Sack gegangen. Aber ja, das ist das, was ein Das Bandtechniker ist so eine macht, Band. wenn du 20 bist. I mean, what do you mean, Alter? Wir haben Das dieses- ist- ich meine, das ist bei Lost Game haben wirklich die wenigsten ihres Instrument, das sie nachher gespielt haben, wirklich schon im Griff gehabt. Ey, ich habe eine Gitarre gekauft und die Band gegründet in der gleichen Woche, glaubst du? Mhm.
nice. Das Das ist ist, halt aber das Learn ist- to Records und Start a Punk Band, oder? Ja, aber das ist so Accountability. So von, ich habe jetzt eine Band, ich muss auch etwas dafür machen. Nein, ich habe nie Gitarre lernen, weil meine Eltern gesagt haben, ich mache ja auch nie Hausaufgaben, also würde ich auch nie Gitarre lernen. So recht haben sie. Das ist absolut Das das Ding Gleiche, gell? Meine Eltern haben einfach wollen, dass ich irgendein Instrument spiele oder Sport mache. Voll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich spiele Schlagzeug. Ja. Und dann habe ich Schlagzeug gespielt in einer Wohnung, wo ich nicht richtig durfte Schlagzeug spielen. Mhm. Sprich, ich habe überall so Matten auf dem Schlagzeug gehabt, es hat absolut Ass tönt. Mhm. Ich habe entsprechend halt nie geübt, weil es scheiße tönt hat. Ja. I don't know. Ich spiele immer noch Schlagzeug. Voll. Und mein Schlagzeuglehrer war ein absolut arme Seele, der mich irgendwie durch das Ganze hat durchgeboxt, bis ich irgendwie ein bisschen ein fucking Beat drauf hatte, weil ich habe nie geübt und ich habe einfach jedes Mal, wenn wir in der Probe, im Unterricht waren, hat er so, hast du geübt? Und ich so, ja, ich habe ab und zu, ich habe ein bisschen geübt, aber nicht so viel. Und er so, das hast du die letzten 20 Wochen auch gesagt. So, ja, you got me, bro. You got me, yeah. Aber Okay, geh mal Origin Story. Ja. Ich höre da viele Fähigkeiten. Ja, du hast Schlagzeug gespielt, du hast die- Bass gespielt, du hast gesungen, du Ja. hast Graphic Design. Photoshop, Graphic Design, Content. Also, erzähl mal ab Geburt, mal wie es so abgelaufen ist. oh shit, also. Genau, wir brauchen einen Heimatort, Geburtsort, Mhm. Kreditkartennummer ich vorne bin- und Dings hinten, der Code. Ich bin. Willst du die Maske noch anlegen? Just kidding, ich habe kein Geld. Ich bin Musiker, what do you mean? Still Breakdowns. Das meinst du, wieso wir die Karte Eat Breakdowns for breakfast. Ich bin in Breda in Holland geboren. Für die nicht wissen, dass ich Ausländer bin, so wie Leute denken, dass der Ricky kein Ausländer ist. Ich weiß nicht, gibt es das? Ist das auch schon vorgekommen? bis er das Maul aufmacht? Ja, schon. Also, wenn ich anfange zu schnurren, merke ich es schon. Ja. Du hast halt so, aber ich finde es mega krass, wie gut das dein Dialekt ist für Es ist in insane. welchem Alter du da reinkommst. Es ist insane. Fake it till you make it, Alter. Aber, Einfach nachmachen. For real. Aber weißt du, es ist funny, weil ich kenne jemanden, die redet genau wie du. Aber die ist halt da in der Schweiz geboren. Aber sie ist halt auch, ich glaube, sie hat kolumbianische Eltern. Mhm. Und das ist halt einfach funny, weil jedes Mal, wenn ich dich höre, muss ich immer an sie denken. Es Ja. ist immer so von, lol. Das ist genau die gleiche Sache halt. Und so von, jetzt, Languages are funny. Aber ja, Holländisch ist halt mega ähnlich wie Deutsch. Und ich bin mit 8 dann halt in die Schweiz gezogen. Mit meiner Mom. Und dann habe ich, ja, irgendwie ist das viel flüssiger. Holländisch ist eine germanische Sprache. Also Aber dann hast du doch Germanisch. ein bisschen Cultural Clash gehabt, auch wenn es nicht so anders war. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der komische Ausländer gewesen. Ja. In der Du bist- Klasse. Ich bin nur mit Schweizer in der Klasse. Crazy. Ja. Ja, ich bin, es hat angefangen, als ich in Aber die jetzt Schule macht bin. er- Ich bin ein Steiner Schüler. Ah, Was kannst du uns Steiner? nachher deinen Namen vortanzen, bitte? Legit. Ich habe Eurythmie gehabt. Ah, ist eine Alter. Waldorfschule? The worst. Jo. Basically, ja. Ah, ich bin auch in einer Waldorfschule. gewesen. No way! Ja. Boah, Ricky, kannst du mir Aber auch deinen nur- Namen Alter. vortanzen? Auch nur eins oder zwei, nein, ein Jahr. Ich bin meine ganze... weil das Holland ist... Aber das erklärt, wieso du nur mit Schweizer in der Schule warst. Ja, voll, ja. ist halt Privatschule da in der Schweiz. Das Ding ist eben, das Holland ist eine staatlich anerkannte Schule. Sprich, Mhm. dort ist es nicht Ding. Sprich, aber meine Eltern haben halt gedacht, ja, weisst, ich komme in die Schweiz, Mhm. damit ich einen möglichst flüssigen Übergang habe und es nicht Ja. mega viel Umstellung ist. Gehst du auch in die gleiche Schule, auch wenn es eine Privatschule ist. Und dann ja, bin ich halt dort geblieben. Mhm. Ja, und dort habe ich keine Ahnung gehabt, was ich wollte anfangen mit dem Leben, aber ich habe immer gerne ein bisschen eben YouTube geschaut, ich habe gerne Mhm. designt, ich habe gerne gamed. Geil. Welche Geil. Games? Ich habe angefangen auf der PlayStation 2, Mhm. Ratchet Clank 3, Banger Ja. Game, Ja. Lego Indiana Jones, Oh mein Gott. Lego Batman, Ja. geil. Gran Turismo 5. Und kein Lego Star Wars, Alter. Ey, ich habe das nicht gehabt und ich habe es nirgendwo gefunden. Ah. Und ich Lego bin- Island? Weißt du, das ist in dem. Ja, das habe ich auch noch gehabt, aber der PC ist eben so abgestürzt. Ah, der Lego Das hat's Racing. nicht Kennen wir möglich. das noch? Ja, das habe ich auch gehabt. Fuck, man, das war so gut gewesen. Ich habe es bis so zum Startscreen und das können loaden und dann ist es meistens einfach jetzt ist still geblieben und dann ist der PC müssen Mhm. restarten. Aber das hat gelangt, das ist so more exciting than anything else before ist das Ja, irgendwie voll. gewesen, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich halt, ja, eben, ich habe sehr lange auf PlayStation 2 gespielt und dann irgendwie, glaube ich, mit 15 habe ich mir dann einen Laptop gekauft. Ja.
Dann ist Minecraft all the fucking thing gewesen. Yes. Da habe ich eigentlich basically nur Minecraft gespielt. Hey, wir haben glaube wirklich exakt die gleiche Kindheit gehabt. So ohne Ja, Scheiß. gut. Hast du eine PlayStation 2 gehabt? Nein, nie, aber Minecraft und Apple War Pictures und Cold Mirror und Ja. Lego Star Wars und das Ja. Zeugs. Mhm. Ich meine, ich bin genug gemobbt worden in der Schule. Ja. Ja, same. Aber ich has halt einfach, I didn't care. Es ist mir so scheißegal gewesen. Ich bin so ein Late Bloomer gewesen. Alle sind schon wegen Girls gewesen und ich so von, Oh mein Gott. Alter, ich kann jetzt Minecraft spielen. Hey, Bro, the fuck do you Oh. mean, girls? Ich schwör's dir, ich bin mit 17 bin ich so groß gewesen wie die Gitarre. Alter, sick. Etwa. Und dann so ein Jahr später so groß wie ich jetzt bin, viel weiter ist nicht gegangen. Das fühle ich aber auch. Das ist noch lustig. Der Tim hat einen guten Kollegen, der Rico. Mhm. Der war eine Klasse ober mir gewesen. Ah, das ist Und der ist halt, dann irgendwann ist er noch fertig gewesen, oder ich glaube aus der Schule, ich weiß es nicht mehr genau. Dann irgendwann ist er halt wieder zurück, weil wir haben irgendein Fest als MRK und dann ist er halt auf Besuch gekommen. Und nachher haben wir uns wieder gesehen und ich habe nicht so einen Stimmbruch gehabt, wo ich die ganze Zeit so geredet habe, sondern ich bin wirklich so von, «Salut zusammen!» auf «Hallo!» gegangen. Das ist einfach so «Bumm!» hat's gemacht bei mir. Und er ist halt wirklich zurückgekommen und er ist einfach so gewesen, so von, «Alter, ist das dein Amis?» So, «Ja, what do you mean?» Und keine Ahnung, ich sehe immer den Rico wieder und er ist immer so von weißt, wo du noch in der Schule bist gesehen, hätte ich das nie gedacht, dass du so Musik machst, aber here we are. Ja, weil er ist halt immer so der Metalhead gewesen und ein bisschen so der Weirdo. Also er hat halt so das gemacht. Also er ist nicht weird gewesen in dem Sinn, aber er ist halt so, eben er ist der gewesen, der schwarz angelegt ist. Ja, in der voll Schule. genau. Und ich habe so ich habe einfach das angelegt, was bequem ist. Ja. Ich bin ein Jahr lang mit den Trainerhosen in der Schule. Ich schäme mich nicht, aber holy shit, machen das nicht. Ich sehe fucking scheiße. Das ist bei mir vor 2 Jahren gewesen. Ja. Ja. Das heißt, Stimmt, vor du bist 2 ja Jahren, voll- Bro, du hast vor 3 Wochen angefangen, Jeans anlegen, hey, Schnurren. Aber fair. I'm bequem ist es. entering my grunge phase now. Ja, genau. Du hast Ja, jetzt aber nein, das ein finde ich gut. Hemdli und Das ein finde ich weißes gut. T-Shirt. Das Holy gibt shit. mir sehr viel Hoffnung für Taoist. Ja. Endlich nicht mehr Alter, einfach fucking, this is how you remind me out Ja, here, Mann. bro. Ja. Ah, das ist so funny gewesen. Das hätten wir morgen bringen. Ja. Oh, spielen wir. Ja. Ich has Ja, mit irgendetwas nicht Conjurer, gesehen. Alter. Wir können jetzt sowas von fressen über von den Fans. Alter, so sick! Ich habe das neue Album noch nicht gelost, aber ich geil. finde die Band Insane. so wild, Alter. Das ist Ja. insane. No kann- shit ist geil. Boah. Wer Conjurer nicht lost und gerne hässliche Musik hat, oder auch gerne so. Düstere Musik. Einfach literally, es ist so düster, Alter. Voll. So Doom, Auch so ein bisschen Gojira-Vibes. insane. Und die Production ist crazy. Ja. Ganz abchecken. Crazy Musik. Gitarrist, was los ist. Das habe ich nicht gecheckt. Der Das habe ich aber auch nicht Bassplayer gewusst. der Bassplayer von ist der Gitarrist von Silos, ist Ja. der mit dem verdammten Geo-3 Knacken. Voll. Ja, der Schlagzeuger von Celos ist auch noch bei Bleed from Within. Within. Ja. Ja, aber die haben mich Silos hat mich fucking bamboozled. Weil im Videoclip von iSever Ja. haben sie die Instrumente geswappt. Ich habe gemeint, der Gitarrist spielt Bass und der Bassist spielt Gitarre. Außer sie haben noch einen Bassistenwechsel gemacht. Ja. Das könnte ja natürlich sein, aber in diesem Videoclip spielt der Gitarre spielt Bass und der Bass spielt Gitarre. Ich Und nachher habe live letztens immer so. eine Band gesehen, wo das halt auch effektiv hatte. Sie haben einfach einen Gitarrist gehabt, der langjährig Gitarrist war. Nachher ist er auf Bass umgestiegen. Der Mauro von Keine Ahnung, das kann sein. Mauro von Defender. Ja, basically. I Hat der guess. Bass gespielt? Ja, ganz kurz am Schluss, wo bei Defender was Das letzte Album, das A ist jetzt ein V. die Das Fan D ist jetzt ein V. Das ist No Front Boys, das ist ein terrible fucking Idea gewesen. Also, dass sie sich nachher aufgelöst haben, man. Ja. Aber trotzdem, Das ist das sofort mit dem- habe ich wirklich gedacht, sofort, Das mit dem Auflösen ist I eine get terrible it, Idee. aber I don't get it. Ich meine, ja, es ist ein Delta, aber it's not Bei Landmarks. Landmarks macht es aber noch Sinn wegen dem A und V. Ja, es ist halt, es sieht aus wie ein anderes aber es ist auch, Ja. es ist auch ein Trend von, in so einer Zeitspanne von so 5 Jahren oder so. Ja, es ist halt, I guess, es ist MySpace-Type Shit. Nein, weißt du, oder später. Ja, nein, ja, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass es die gleiche Aha. aber so von, alle haben genau so wollen aussehen, weil that's Ja, how it voll. looked cool. Autoscout. Aha, der Frage. Oh mein Gott. Ich habe so eine Theorie. Okay. Ich habe so eine Anyways. Theorie. By the way, schade, dass es Defender nicht mehr gibt. Geile Ja. Bands gewesen. Ja, Vor allem aber das, wir kämpfen gegen fucking Religion mit Google SEO, Alter. Fuck me. What?
Ich schwöre, irgendwann spielen wir mal in Südostasien oder so, dann werden wir auch verhaftet. Wenn du in YouTube Taoist eingibst, kommen jetzt so wie fucking Meditation-Videos und so Scheiß. Musst Taoist Hardcore schreiben, um überhaupt einen Scheiß zu sehen. Also einer, der Hardcore mit Das habe ich nicht überlegt. Da bin ich so, mit a lost game, bro. The Ja, fuck fair, do you ja. mean? Es kommt alles so von I Alle- lost this game. Und Alles es ist League of irgendwie so- Legends, Tree Ja, und so. aber Aber so shit. Und dann halt, es gibt noch den Duncan, irgendwie Duncan, der hat, I was addicted to a losing game. Oh ja. Ah, Was ich aber, das ist geil. Das ist halt auch immer Was so. bei mir das Problem ist, irgendwann nachdem wir Band gegründet haben, hat irgendwo in Italien eine Kaffeemaschinenfirma gegründet, die Eversis heisst, mit Y. What? Und jetzt ist, wir sind immer so unser Kopf-an-Kopf-Rennen am liefern, wenn es Google ist, wer jetzt zuerst kommt, Kaffeemaschinen oder wir als Band. Das, I mean, hey, Und in Traction. Polen gibt's eine IT-Firma, die Eversis heisst. Das sind noch eher. Aber wieso Kaffee, Alter? Versus Coffee? voll. Ja, ist einfach so Kaffeemaschine. Right. Und So wie Jura. sonst kann ich mal einen PLP Swiss ziehen und einfach das 4 vorne tun und so Forever Sis. Versus. Wäre Swiss halt, einfach ein wär W Swiss. zwischen die Oh Klatschen. Versus. Versus. Ja. Und dann haben wir plötzlich ganz unangenehme Leute an den Konzert. Oh nein. Stimmt. Ja, Alright, schwierig. Minecraft. Yes! Minecraft! Minecraft! How much dedicated Wham? Ich habe einen fucking Acer-Laptop gekauft mit all meinem erspartenem Geld. Hat dort auch nach Adobe Premiere gecrackt. Mhm. Ja. Nein, das ist nicht true. Ich habe irgendein anderes fucking Programm gehabt. Das ist dort zumal, ist das voll das Teil gewesen. Magic's Video Deluxe. Nein, es Weil ist, das haben all die YouTuber, die wir geschaut haben. es ist eben so ein Ding, es ist so ein mega YouTuber-Ding gewesen. Aber es ist, ich habe das auch nachher gecrackt und ich bin null draus gekommen. Vor allem, was bei mir gescheitert hat, ist einfach gewesen so von, wenn ich das Audio da rein tue und das nachher auf YouTube auflade, ist mein Video scheiße leislich. Und ich habe mich immer so gefragt, was mache ich falsch? Wie muss ich das Audio richtig einstellen und so? Und dort hat es schon gescheitert. Aber Ja, dort habe ich ja. angefangen, Minecraft Let's Plays machen. Alright. Oh Gott, gibt's die noch Die online? finden wir Die sicher gibt's noch. Nein. Weil ich habe mal einen YouTube-Kanal gehabt, wo irgendwie so scheiß Videos gemacht haben, früher mit so 16. Ja. Und ich habe Credentials nicht mehr. Und meine Schwester schickt mir einfach so alle 3-4 Jahre wieder mal so ein Video von dem Kanal. Das ist geil. So, Das hat mein bester Kollege das so im Fall da. auch. Einfach, dass du es weißt, ich kann dich blackmailen. Mann. I can show this to your boss. Gut, das ist das, was ich jetzt mache, wesentlich schlimmer. Macht sie OnlyFans? Nein, das, was ich jetzt mache, Oh, ist wesentlich schlimmer. ja, Weil fair. jetzt erkennen sie mich noch, die hohen Videos, wenn mich... Du hast ja meine Idee mal noch gesehen, mein Führerschein mit der alten Karte drauf. Ja, du erkennst mich nicht. Also no shade on OnlyFans, by the way. Nein, Wir vielen hätten Dank. fast das OnlyFans aufgetan mit der Lost Game während Corona. Mhm. Einfach aus Jux. Wir da wollen eine aufmachen, mit, wo wir selber das postet. Machen wir das doch einfach mal. Es wäre. Ja. Wir können den OnlyFans Statt machen. Patreon, fuck it, machen wir OnlyFans. Wir können den OnlyFans machen, wo wir einfach den Content aufladen, der vor dem Intro und nach dem Intro läuft. Ist auch eine gute Ausrede. Du kannst nachher sagen, nein, das ist in der Kreditkarte-Ding, es ist Metal selber, das war einfach kein OnlyFans-Chicks gewesen. Kannst einfach als Ausrede bringen. Super. Also das heisst, du willst dann OnlyFans gehen? Nein, die Leute können es Ah. als Ausrede nehmen. So wie, nein, Schatz, das ist für Metal selber. Sorry Schatz, die 450 Stutz OnlyFans vom pro Monat, die sind Hey, für Metal Ey, selber. es ist ein Custom-Video Der mit selber Bella, der Silo, der Bella, der Ricky und der Brian haben das Video in einem Borat-Tanga aufgeladen. Also ich würde schon Custom-Videos anbieten mit Metal Weißt du das selber. fucking Video, wo du so einen Kühlschrank auftut und es kommt alles Magic-Karten raus? Einfach das, aber es soll selber aus. Aber halt aus der Packung, weißt du? Ja, weißt du, geil. Oh je. Oh mein Gott, Ja. Alter. Aber dann musst du sie immerhin noch irgendwie essen oder so. Fair. Weißt du, wie der Typ, der so einfach so Hotdogs einfach abschluckt? Das ist einfach so, Und nachher so, Ja. you know, I'm just saying. du meinst, dort laufen. Du meinst, Schießt es so raus. Das ja. nicht, Bro! Das ist Internet! Gold! Aber Das sag ist mir, insane! sag mir, dass du das Video kennst von dem Dude, der in sein Glas kotzt und es dann wieder austrinkt. Das habe ich im Fall Oh. fast einmal gemacht im Tresor Nein. zu Luzern. Ich kenne nicht, wie der kommt. Da geht es jetzt nicht mehr. Aber wir haben dort einen Bierturm bestellt. Schon mal nicht gut. Es war Fasnacht gewesen. Ich bin sonst schon stockbesoffen gewesen. Nachher, es gibt ja so Biertürme, wo du einfach nachher, das ist einfach so ein riesen hure Ich Gefäß. weiss, ich bin auch schon in der RS gewesen. Nachher kannst du es rauslassen. Und ich habe wirklich, so eine Mocke gehabt und ich bin so zweck gewesen. Und wir sind dort halt am Tisch gesessen. Und das Bier war leer gewesen. Und für alle, die Issues haben mit Vomit, don't listen now. Ich habe halt in das Teil reingekotzt. Mhm.
Und nachher ist es halt so, der Marco natürlich, of course. Der Schlagzeuger von Lost Game ist dabei gewesen. Und er so von, Bro, schau schön nicht fucking Infinite Beards machen. Und ich so von, don't tempt me. Und dann haben wir es fast gemacht und ich bin so fucked gewesen. Und nachher ist natürlich die Barkeeperin vorbeigekommen und sie von, du Sauhund, du putzt das selber auf, du hast jetzt ein kleines Hausverbot. Ich habe kein Hausverbot, somehow kein Hausverbot bekommen. Ja. Ich habe aber auch sauber reingekotzt. Es ist nichts raus. Ich habe perfekt das scheiß Bier wieder aufgefüllt. Also ist es ein halber oder ein ganzer? Ein grosser halber. Geil. Ja. Sick. Oder ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber es war auf jeden Fall ein grosses Bier. Ja, und er hat es fast dann halt gesoffen und mein Kollege hat mich alle müssen zurückhalten. Ich bin so besoffen gewesen. Ich habe nachher auch noch ein Spacewar gekotzt an dem Abend. Ja. Anyways, Du, so habe ich, Minecraft. So habe ich gelernt, dass die Zugabfalleimer halt offen sind. Ich kenne Leute, die das anders gelernt haben. das tropft nachher so unten raus. Ich kenne Leute, die das anders gelernt haben. Wir sind irgendwo mal an einer Party gewesen, und dann ist der eine, den ich kennt habe, gestanden und gesagt, er geht aufs WC. Und ich so, okay. Und dann ist er aufgestanden und ins Abteil nebendran. Dann kannst du plötzlich, Alter, der Kübel ist noch dicht. Nein! Und ich nur so, das war, bevor es noch Kamera explizit Ja, ach du Scheiße. Der Marco hat im Fall so einen Abfalleimer aus dem Zug, hat er als Schlagzeug-Stick-Köcher. Geil. Den haben wir voll stickert und das ist halt wirklich so einer, weißt du, mit so einem Kläppli, Yes. der so halb rund ist. Und das ist einfach so ein Teil. Und ich weiß nicht, wie er es mitgenommen hat. Jetzt glaube ich einfach, es ist entweder schon los gewesen Ja. und er hat es einfach mitgenommen. Und das ist seither ist das einfach sein fucking Drumstick-Köcher. Geil. Geil, aha. Das ist fast so gut. Ich kenne niemanden, der einen 20 Minuten Kasten daheim hat. 20 Minuten? Also ein Bierkasten? Nein, oder? so ein 20 Minuten Kasten. So eine? So ein 20 Minuten Zeitungskasten. Ach du Scheiße. Und wer hat's? Ich kenne niemanden, der so einen daheim hat. Okay, I see. Ja, wir haben im Bandroom auch noch so viele Verkehrsschilder. wir könnten wirklich so eine Donation am Verkehrsmuseum machen. Ich Das könnte ist eigentlich crazy. ich könnte das Verkehrshaus nachbauen. Das hat ja so ein Schild. Legit? Also die sind aber alle angemalt. Halt, keine Ahnung, es hat überall Penisse drauf, aber auch wirklich richtige Artworks und Pepe hat's drauf und so. Wir haben so eins mit einem Frosch. So Achtung, Froschschild und so Scheiß. Habt ihr schon mal eine MTV Cribs gemacht bei euch im Bandroom? Nein. Das Man wartet eigentlich mega lang drauf, dass die scheiß Huren Siechen von Path of Wrath bzw. von hässige Musik Luzern mal vorbeikommen. Die sind sogar die sind schon in Luzern, Alter. Wie? Die sind auch schon in Luzern. Legit! Wir haben schon darüber geredet, aber ich glaube, die Dudes haben einfach mega viel los im Moment und so. Also deswegen. Dann nehmen wir es selber in die Hand. Nein, keine Stelle. Hey, wir haben es auch probiert mit Bandroom-Shit und es ist fucking. Ja, es wäre eigentlich gar nicht so crazy gewesen. Du hast es einfach übertrieben mit deinen scheiß Lichtern und deinen scheiß Kameras und deinen scheiß mit der Technik. Gut, mit der neuen könnten wir es machen. Ich werde einfach wirklich so völlig easy peasy. Ja. Nein, mit der neuen können wir schon Lowlight-Situations machen. Du mit deinen Lowlight-Videos. Ich meine, du musst einfach ein Cam haben, that's it. Und dann vielleicht noch irgendeine Light Source, die noch mit dir mitläuft oder so. Und nachher schmeißt du einfach die ganze Timeline in DaVinci in Cut rein und nachher schneidest du einfach alles, was nicht wichtig ist, schneidest raus. Bumm. Video. Voll. Das heisst, das Video wird. Hast du den Bandroom Invaders mit Xono gesehen? Das ist funny gewesen. Also die Episode, die ihr gemacht habt? Nein, aber wir haben noch einen Bandroom Invaders, wo wir behind the scenes vloggt haben und nachher jetzt noch ein Greenscreen Part. Ich weiss einfach, dass ihr dann einen Podcast gemacht habt, aber das ist ja schon recht lang her. Ja. Aber das ist dort, wo ich nachher noch die komische Puppe von ihnen sexuell belästigen. Voll. Und dort haben sie einen Greenscreen gehabt. Das hat mein Hirn nicht eindeutig nicht gespeichert. Und sie hat Greenscreen gehabt und dann ist einfach der Ton an vor dem Greenscreen. Ich kann einfach so Pornos im Hintergrund laufen. Es ist so funny. Mal, irgendetwas sagt mir das. Es ist mein Lieblings... Natürlich Porn. Hey, Boobs, rings a bell. Es ist mein Lieblings-fucking Content-Shit, man hat das selber einfach. Ja. Ist das echt eine gute Lernstrategie? Einfach, wenn du so Mathe-Aufgaben gelöst hast und sie verstanden hast, nachher Pornos schauen? Du musst irgendwie so etwas connecten und nachher, wenn du so... Weißt du... Super, in der Prüfung nimmst du Handy für zum Porn abschauen. So, jetzt kann ich die gleiche aber die Videos hast du ja schon so oft gesehen, dass es dann halt noch weißt und du bist einfach so von... warte, es geht um Gleichungen. Warte, muss ich... wie hat so irgend so eine Pornstar so von... ja... Asa Akira, Doggy Style. Das ist das! Ja. Das Problem ist, nachher hat es auch den umgekehrten Effekt. Oder nachher bist du in der Matheprüfung und plötzlich so... fuck. Ein Sechser ist ein Sechser, kein Problem. Fuck. Okay.
Aber was? Minecraft. wir sind immer noch nicht wie Voll, Minecraft. Also wir kommen nicht voran, Jungs. Die Podcast-Folge wird Aber- 5 Stunden. Das ist perfekt. Was noch für Games? Ich will Game Oh. Vision. Ja. Ich habe ganz kurz an einer Zeit nach auf dem Laptop auch Drakensang online gespielt. Ich glaube, das ist noch Sag vielleicht mir etwas. eher up your alley. Mhm. Das ist, glaube ich, eher... Das ist so ein bisschen wie World of Warcraft, würde ich Mhm. sagen. Ja. Free-to-play. Aber ich bin fucking wack gewesen. Ich habe sehr lange einfach nur... Mein Laptop hat auch nicht mehr mögen runnen. Mhm. Ich habe dann halt einfach Minecraft gespielt. Und nachher, wie so fucking... Kauft euch nie einen Acer-Laptop, Mann. Oh ja. Jetzt- Trust me. Schlecht. Alle, die ich kenne, die das gekauft haben irgendwie Harddrive-Issues gehabt. Mhm. Harddrive gone. Das ist nicht mehr gelaufen. Ich habe nicht gecheckt, dass ein Harddrive-Problem gewesen wäre. Hättest du easy können lösen. Ich habe gedacht, mein Laptop ist kaputt. That's it. Mhm. Dann habe ich mir irgendwann einen PC gekauft. Nachher ist irgendwann Battlefield 3 Mhm. gratis gewesen auf Origin. Mhm. Ich so, alright. Ja. Da meine ich für du. Ist das Halt- der Origin, wo jeden Monat irgendwie Liste von Games Ja, genau. vorstellt? Nicht. Irgendwie, und also das hat gut angefangen. Die haben legit Battlefield als Gratis-Game gehabt und alle Games, die nachher so gekommen sind in der Regel fucking Rotz gewesen. Ja, voll. Also es war wirklich so eine Strategie gewesen, so von alles, wo... Oh! Weil das ist, glaube ich, so Battlefield 4 ist, glaube ich, relativ frisch draussen gewesen, wenn überhaupt. Ich glaube, es ist gerade so am Kommen gewesen. Also es ist Cool. mega eine smarte Strategie gewesen. Und dann bin ich wirklich in Battlefield reingegangen und dann habe ich hure viel Battlefield Ja. gezockt. Und das ist immer noch, Battlefield 6 ist jetzt absolut insane geiles Game. Ich bin halt vor allem halt so Shooters und so. Mhm. Und dann, ja, also, was habe ich alles noch gespielt? Golf with your friends. Nein, das ist das Beste, wenn du mit Kollegen einfach ein bisschen hängen willst, ohne dass du mega anstrengst, aber halt nicht in person bist, sondern Mhm. irgendwie online in Discord, du spielst einfach fucking Golf. Und hast Mhm. die beste fucking Talks. Du Ja. nimmst irgendwie so eine Map, so Temple of Doom, wo etwa 1000 Strokes brauchst, bis du am Ziel bist. Weil es einfach eine Map ist und du gehst immer runter und dann gehst du wieder ans Anfang zurück und so. Ja. Sehr empfehlenswert. Geil. Great Evenings, auch mit Bier. Mhm. Was habe ich noch gamet jetzt zumals? Ich habe wirklich hure viel einfach nur Minecraft gezockt, glaubst Der Minecraft ist aber auch so ein geiles Game. du? Du kannst alles machen dort. Ich Es wird ja meine, nie langweilig. Wenn es langweilig wird, machst du eine neue Welt. ja. Let's go. Aber da hast du so den Honeymoon-Effekt, wo du einfach Ja, so, voll. es gibt immer wieder so die 3 Wochen langen Minecraft-Surfer mit Ja, den ja, Kollegen. ja, ich bin- Das ist ich schon bin- fertig ich für bin- ein halbes Jahr. Entweder 3 Wochen Hardcore an Minecraft Ja, ja, suchten ja. oder dann wieder 2 Jahre nicht mehr. Aber Ja, du genau. musst mal Valheim ausprobieren. Das habe ich jetzt noch nie gespielt. Unbedingt. Ich spiele So vor Survival allem... Wir sollten den fucking Viking Survival. Schweizer Underground-Szene Minecraft-Server machen. Gibt Das sicher- wäre sick. So ein Mostübli Aber als Minecraft-Surfer. oder so. Minecraft. Most Minecraft Session wäre geil, ja. Wäre dabei. Das wäre noch sick. Michel, Leni, Do it, boys. do that shit. Wir bauen den Snare-Mod für den Lenny. Es haben alle Schweizer Bands ein verficktes Server-Rack dabei live. Also können wir Gottverdammt Ja. auch einen Legit, bauen Minecraft-Server einfach einen hosten. Server ein und dann können wir immer LAN-Party machen. Ja. Und Jedes dann Konzert einfach Alter! Minecraft im Backstage. Leinwand hinten, während Boah! das Band am Spielen ist und jemand versucht Speedrunnen. Ja. Hardcore. Alter, Alter. irgend so eine Leinwand und im Hintergrund siehst du einfach alle anderen Bands im Backstage Minecraft zocken miteinander. Alle Screens. Mhm. Nachher irgendjemand baut einen Penis und Ja, so ja. und alle schauen nur noch den Stream anstatt das Konzert, weil das Konzert ist fucking ass. Das Konzert ist so das beste Konzert ever, aber es ist halt im Ja, es Hintergrund. geht so sitzt absolut hässiger Sound und du bist einfach so von God damn, Alter. Mhm. Das sich- boah. Wow, das ist gerade einer von einem Creeper in die Luft So gejagt von, worden. boah, der hat schon Dias, Bro, let's go! Spinnen! Ja, Ja, Ideen haben wir. Goddamn. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann ist einfach auch cracked der Photoshop-Account. So. Ich habe cracked Photoshop geholt, natürlich mit Hilfe, weil ich bin fucking useless, was IT anbelangt, Mhm. oder sehr lang gewesen. Und dann habe ich, als ich halt aus der Schule gekommen bin, habe ich nicht gewusst, was anfangen mit meinem Leben. Und dann habe ich nach der Schule habe ich das 10. Schuljahr gemacht, auf Schwerpunkt Gestaltung. Weißt du? Dann habe ich halt wirklich ein 10. Schuljahr. Sounds. What? 10. Schuljahr. Ah. Okay. Das. Ich habe St. Die Jules gehört. So, what the Ja. fuck is St. Jules? Weil ich bin erst gerade 15 geworden, wo ich aus der Schule gekommen bin. Ich Ja. habe im März Geburtstag und dann bin ich so mit 15 Ja, relativ frisch Weh. halt aus der Schule gekommen. Ja. Und dann bin ich so gewesen, so von, ich weiß doch mal nicht fucking, was ich machen will. Und ich Mhm. bin so confused teilweise. Weißt du, so, ich arbeite jetzt als Gärtner. Dann haben wir so Schnupperstifte. Wir sind 13 und sie so von, ich weiß schon immer, dass ich Landschaftsgärtner werden will. Und ich so, Damn. Gut, "Nein, aber good du bist, for you, du bist but eben what auch the nicht, fuck, du bist Alter?" eben auch nicht in der Schweiz aufgewachsen. Nein. Wenn du in der Schweiz Also aufwachst, mal, ja, mit ja, 80. aber ja, mit 8. Ich bin aber ein Stadtkind, you know?
Ja gut, aber auch in der Stadt. I did not have any Auch in Ich der wollte YouTube-Videos machen. Aber das auch hat in der nicht- Stadt, wenn du nicht aus den besseren Schichten kommst, hast Ja, um nicht Kannst du bist. Holländisch? ja. Geil. Flüssend. Ich rede mit meiner Mom daheim und Mhm. mit meiner Familie. Sick. Also ich muss sagen, ich bin, glaub's, ich habe es irgendwie ein bisschen besser im Griff als eigentlich hätte sollen, weil ich es nicht geübt habe, dass ich einfach daheim Holländisch geschnurrt. Mhm. Mein Stiefvater, insane Dude, Mhm. hat einfach für mich innerhalb von basically 2 Jahren hat er flüssend Holländisch gelernt. Mhm. Einfach damit er mit mir als Kind halt gut hat können kommunizieren und so. Er ist Schweizer. Fucking Killer. Babo Also, Move. Babo Move. wenn wir schon auf krasse Stiefvater sind, weil ich habe auch so eine Story. Ja, Mein ja. Stiefvater, Alter, ist von Peru. Bruder, ich lerne da viel Da Zeugs angekommen. über dich, Ricky. Und er hat vielleicht mal ein bisschen Englisch mal gelernt, oder? Er hat einfach Deutsch gelernt, einfach jeden Morgen um 7 Uhr aufgestanden, seine Excel-Liste mit Vokabular und so, Alter. Einfach insane, er hat einfach am Schluss einfach da geschafft, auf Schweizerdeutsch, Alter. Alter, crazy. Nach 1-2 Jahren, insane. Damn, Fucking Alter. Discipline and Aber wenn, Dedication. wenn du wirklich willst und vor allem wenn du in den Surroundings bist, Mhm. ich meine, eben, ich habe das auch, wo ich in die Schweiz gekommen bin, ich weiß nicht, wie das für dich war. Ich habe kein Wort Deutsch können. Ich habe Ja, Nein und Mhm. Schmetterling können. Yes. Ich habe noch Hochdeutsch in der Schule gelernt, Okay, ja. aber so wie, kannst du Französisch, wo du in der Schule gelernt hast, oder? mein Gott. Alter. Und ich bin da und so, Ui. was ist das für eine fucking Alien-Sprache, Mann? Gut, aber das ist Aber- ja einmal etwas Und anderes. eben, es gell? ist ein ganz anderes Level. Ich meine, Holländisch ist die Satzbildung ganz wenig anders, aber es ist so viel Ja. Ähnlichkeit mit Deutsch. Und Mhm. vor allem auch mit Schweizerdeutsch, weil auf Holländisch sagst du halt auch ch und r. Und in Deutsch machst du das ja viel weniger. Da sagst du ja g und a. Weil r scheinbar ein a ist. Mhm. Es ist einfach es hat ein bisschen Bogen drin, apparently. Ja. Aber Alter, Mhm. da ist ein R. Mann, Aber Junge. das kommt nicht. Eben, und deswegen, irgendwie Schweizerdeutsch ist basically the same gewesen, aber ich bin, meine Lehrerin, die hat Hochdeutsch mit mir geschnurrt. Und Mhm. nachher bin ich eigentlich halt zu meinem Vater, der Mhm. wohnt immer noch in Holland, auf Mhm. Besuch. Nachher hat er halt gefragt, so von, ja, wie ist es in der Schule, verstehst du ein bisschen deine Mitschüler und so? Und ich so von, meine Mitschüler reden ein bisschen komisch, die verstehe ich Mhm. teilweise extrem schlecht, aber meine Lehrerin, die redet einfach Holländisch, die verstehe ich tipptopp. Mhm. Meine Lehrerin hat kein Wort Holländisch mit mir geredet. Ja. Aber als Kind habe ich das noch so, du nimmst das irgendwie noch so anders wahr. Mhm. Ah, ja. Also es ist voll weird. Also ich Ja. habe das entsprechend, ich habe wirklich ein halbes Jahr lang habe ich nichts gesagt, meine Lehrerin ist halb verzweifelt und dann bin ich eigentlich aus der Ferien zurückgekommen und habe einfach Deutsch geschnitten. Ja, geil. Crazy. Child Brain, Voll ist wild. insane. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Ich finde es absolut interessant, aber Aber ja, es hilft Ja. wahrscheinlich auch, wenn du dort bist, wo du bist, weil eben Schulfranzösisch Auf jeden Fall. hat mir gar nicht gebracht. Ich bin in der Ja. RS 13 Wochen in einer französischen Kompanie gewesen. Jetzt kann ich mich mit Händen und Füßen verständigen. Jetzt Aber, ist Schweiz wie. Vorher gar nicht. eben, es ist wirklich, hast du musst du das oder musst du es von jemand anders? Oder so, Mhm. hast du wirklich einen äußerlichen Drang dazu oder irgendwie einen innerlichen Drang, um etwas zu lernen? Ja, entweder Du musst lernst du es wirklich, fucking 10-mal so schnell. entweder musst du wirklich repressurized werden, indem Ja, dass genau. du irgendwo in einem Ja. Land bist, wo du die Sprache nicht Ja, du kannst. bist so von, okay, Ja. I will die. So, ich muss jetzt, oder du bist einfach so, wie meine eine Kollegin, die ich früher damit geschafft habe, die aus Ungarn gekommen ist, die hat sich einfach für einen Schweizerdeutsch-Kurs angemeldet, weil sie hat Ah. wollen. Und es ist fucking funny, weil sie wohnt in Zürich und ihre Schweizerdeutsch-Lehrerin ist Bernerin und es ist so fucking funny, weil sie kommt immer mit so Sachen um die Ecke. Eben, so komplett, sie lernt jetzt Berndeutsch. Ja, Und ich sage ihr immer so, jo, aber du wirst ausgelacht in Güle. Zürich. aber fair, Das da. Bärli. Im Fall, es gibt Phänomene, Sie kommt mit dem wo ich- Bärli. Und ich denke mir nur so, nein, das ist ein Bärli, nicht ein Bärli. Schau, es gibt Phänomene, wo ich vorher nichts gewusst habe und eigentlich einfach an müssen erleben, um es zu glauben. Weil ich habe mit einer gearbeitet von Serbien und sie hat mit mir können perfekt Spanisch reden. Und ich so, hey, what the flying fuck? Wo hast du das gelernt? Ich so, ja, halt, wir haben Telenovelas bekommen. Mexikanische und Latino-Telenovelas, weißt du, die Soap-Operas, oder? Und die haben sie mit Untertiteln bekommen. Und so hat sie Spanisch gelernt in Serbien. Und sie ist nicht die einzige, die ich kenne, die so Spanisch gelernt hat. What? Das heisst, ich sollte nicht Nochmal Bubble eine, schauen, die mit meiner Verlobten zusammengearbeitet hat, same story. Einfach, du bist mit der Novelas aufgewachsen und ist so wie, kann ich, wahrscheinlich die, die vorher viele Animes schauen, kennen es auch, so Ja, gewisse ja. Wörter und so. Und wenn du Aber- gehst Japanisch lernen, dann ist es einfacher. Aber die haben einfach gelernt, ich könnte mit dir reden, mit einem
mit dem Latino-Akzent sogar teilweise. Das ist ja wild. Wild. Insane parallele Welt, die ich noch nie davon gewusst habe. Das ist insane. Ja. Aber da siehst du auch, wenn du von so einem Land kommst, wahrscheinlich hast du auch halt so von that's the only shit that's really interesting. Also nein, no shade auf irgendwie Serbien oder irgendwelche Balkanstaaten. Ja gut, wenn du irgendwie etwas beschäftigt vom bist, dich Ostblock. gegenseitig auf den Kopf zu geben, musst du halt irgendwie... Ich kann mir auch eben... Jesus Aber Christ. ich liebe so unerwartete Parallele zu entdecken. Ja, das ist Zum Beispiel cool. nochmal eine, die ganz interessant ist. In Peru gibt es eine Soda, die es nur in Peru gibt. Und die heißt Inca Cola. Oder? Wie die Inca. Fair Play, ja. Oder? Die ist so, Wow. die ist so geil, oder? Und du findest da nirgendwo im Drinks of the World für fucking ewig, keine Ahnung, was du zahlst, 6 Stutz für so eine kleine Flasche. Also. Es ist so I don't deutlich, dass El Tony aus der Schweiz kommt. Ja, ja. Und das Thema ist, ich habe einmal in einem türkischen Laden, in so einem türkischen Shop, auch mal so eine geile Soda gefunden, so in Uruguay von Türkei oder so. Und ich so, was sieht wie fucking Inca Cola? Ich probiere es mal. Alles, same shit. What? Also, So, das gleiche Rezept, wahrscheinlich kommt alles von der gleichen fucking Fabrik. wahrscheinlich Aber schon. es wird Ja. nur in Peru verkauft. Wahrscheinlich heisst es einfach anders. Wild. Das Ja, ist ja. wahrscheinlich Fanta. Alter. Nein, das ist aber nicht. Das ist wirklich so. Mega spezifisch. Ja. Fun Fact vom... Findest du nicht in Chile, findest du nicht in Argentinien, findest du nur in Peru. Das ist ja crazy. Mein Ja. Lieblings-Fun Fact ist einfach immer, dass wenn du Fanta Nazi-Cola nennst, bist du eigentlich korrekt. Oh, What? Fanta- What do you mean? Alter, im Fall. Weißt du das nicht? Nein. Also Coca-Cola ist in Deutschland gewesen. Sie haben eine Firma in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen und dann Oh, hat natürlich. Deutschland angefangen, alle Leute zu draften und alle Lieferungen von Fremdländern zu machen. Das heisst, Coca hat nicht mehr Coca produzieren, weil Aha. sie von Amerika nicht mehr bekommen haben. Der andere Bre, der die Firma geführt hat, das Fanta, das Coca-Werk dort, hat dann einfach angefangen, damit quasi, weil Getränke-Dingsindustrie, Lebensmittelindustrie hat ihre Leute nicht müssen in den Krieg schicken, weil das ja natürlich da war, um Grundversorgung behalten und alles Wüste. Ja. Und damit der quasi können weitermachen hat er nämlich eine Cola produzieren. Das heisst, er hat irgendein anderes Getränk produziert und das ist Fanta geworden. Und dann hat er quasi das Ganze so, wenn es Fanta gemacht, das ist nicht können trinken, das ist pissgrusig gewesen. Aber sie haben es einfach durchgezogen, damit sie nicht mehr ihre Leute in den Krieg schicken. Haben sie einfach das ganze Zeugs produziert. Und dann, nachdem Krass. der Krieg aufgehört hat, ist dann quasi das Fanta da gewesen und der amerikanische, also da haben sie dann quasi ihn zum Coca-Cola Europachef gemacht, glaube ich, so quasi ihm so die Führung für Ja. Bruder, du hast es geschafft, da unsere Leute nicht in den Krieg zu schicken. Da hast du die Sick. Firma, da hast du Dings machen. Mhm. Darum Fanta, Wild. wenn du quasi ein Nazi-Cola bestellst und ein Fanta bekommst, ist es korrekt. Alter, what the fuck, das habe ich nicht gewusst. Es gibt Das kann ich aber auch- Der fucking Zweite Weltkrieg, so von irgendetwas, Ja. ein Produkt und es so von, das ist irgendwie im Zweiten Weltkrieg entstanden. Fucking Adidas, Das habe ich eben einfach. bayerische Motorenwerke, ich weiß doch nicht. Das habe ich aber einfach so zwei so YouTube-Dudes, die haben das sind so Briten gewesen, die so immer so funny Sketches gemacht haben. Ja. Einer hat eine Brille gehabt und der andere ist so ein bisschen grösser gewesen. Die Sind haben das dann die, eben, die so History-Shit machen? nein, die haben wirklich so Sketches gemacht, so, Ah. so insane Sketches. Aber es war Ja. einige, die in einer Nazi-Bar waren und das Einzige, was du trinken hast können, war Fanta gewesen. Hey, aber wenn es über Fanta hast, im Fall, das Fanta, das ich da habe, ist für mich nicht das Fanta, das ich in Südamerika hatte. Ja, logisch nicht. Aber Gopi, das ist ja auch, das ist Cola, ist auch eben komplett überall anders. anders. Voll. Aber die Rezepte, also ich kann meine Fanta, die ich kenne, von dort da trinken. Die ist einfach die Fanta, die in den Kebab-Shops sind, die Uludash oder Uludash. Das ist die Fanta-Rezept. Es schmeckt für mich nach Fanta wie in Südamerika. Ja, Ah. eben, aber Ja. es ist so wie das Goki von der Schweizer Cola und das deutsche Cola schmeckt auch schon anders. Mhm. Ja. Wegen Markt. Ja, die Schweizer mögen nicht so viel Zucker. Da machen wir weniger Zucker rein oder mehr Zucker. Keine Ahnung, schmeckt scheißegal, es ist einfach irgendetwas Ja. anderes. Ja. Aber ich meine, hure oft sind so Dönerbuden, bekommst du auch irgendwie mit so polnische Cola oder so. Mhm. Wäre mir jetzt noch nicht groß aufgefallen, dass es mega anders schmeckt, aber ich bin sowieso so von, meine Freundin sagt dann immer so von, das El Tony schmeckt irgendwie anders und ich so von, das wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Ja, aber bei so El- von, ich trinke es regelmäßig. So Ja, aber von, bei Eltonis kannst du im Fall wirklich von Batch zu Batch einen Unterschied haben. amigs. schon, ich habe auch schon das Gefühl, das I have schmeckt never anders. Fucking noticed. Tony Connoisseur da. Ich habe auch schon das Gefühl, das El schmeckt Tony. anders. So von, das schmeckt nach Ingwer und das Blaue nicht. Und das, Jo, das ist, ja. was für mich funktioniert, aber dann hört es jemand auf. Nein, ich habe aber auch schon irgendwann mal ein Eltoni gehabt, so das Gefühl, das schmeckt jetzt aber ein bisschen komisch. Einmal habe ich in einer Bar da ein Bier gehabt, das Gefühl, oh geil, wurde rauchig, das ist noch nice. Und dann so 2 Minuten, 2 Schlücke später so, Ziegestummel drin gehabt. Nein!
Ja, und dann habe ich herausgefunden, wie das passiert, weil es so eine lokale Brauerei und die kommen damals, die spülen Flaschen aus. Und dann hat irgendeiner im Ausgang wahrscheinlich seine Ziege drin und die Flasche ist nicht richtig ausgespielt worden. Goldig. Und ich bin dort gerade an einer Bar oder an einer Party irgendwie am Arbeiten gewesen, und dann haben sie mir einfach noch einen Wodka-Shot angestellt zum Spülen. Hey, desinfiziert. Ich weiss zwar nicht, wie grusig das. Ja, mal, das hat eigentlich noch irgendwie ein bisschen Also, Schmören von der. Ja, für so Ziegefilter ist generell nicht wirklich geil. Aber wir haben doch irgendwie alle fucking Ziegenstümmel am Boden aufgelesen und die nachher noch fertig geraucht oder so. Nein, haben wir nicht. Nein, ich habe effektiv noch nie in meinem Leben geraucht, Alter. So, ich habe mal Shisha... Nicht mal so irgendwie im Ausgang Ich habe mal oder so? Shisha im Mund gehabt, aber Ziggy habe ich... Kein einziges Mal? Nie. Nein, auch gekifft nicht. Ah, dodge the bullet. Ja. Ich meine, same. Ich habe fast angefangen zu rauchen in der Schulzeit. Und dann, Problem. Meine Mom war Sekretärin von meiner Schule. Fuck. Fang gut an. Ja. Ich habe eigentlich abgemacht mit ihr, wie wahrscheinlich die meisten. Wenn ich mit 18 noch nicht rauche, dann zahlt es mir den Führerschein. Geil. Habe ich mit einem Kollegen auf dem Heimweg zum Zug, vom Schulhaus zum Zug, haben wir angefangen, eine teilen. Ziggy. Und dann irgendwann ist meine Mom natürlich uns entgegengekommen. Und wir sind im Tunnel gewesen. Wir haben nichts können machen, weißt du, überall Rauch. Es hat keine anderen Menschen gehabt. Der andere so von irgendwie, dass ich noch irgendwie los wurde. Und nachher meine Mom hat so da, als ob sie nichts gesehen hat. Und nachher, wo wir daheim waren, sind so von «Tust du rauchen?» Und er so «Ja, wir haben es ab und zu nach der Schule.» Und sie so von «Wieso?» So, ja, ich weiß im Fall auch nicht. Und dann habe ich aufgehört. Und that's it. Der andere auch, glaube ich, immer noch. Aber ich habe es irgendwie ein dodge the bullet. Ja, mein Vater hat immer gesagt, also fang einfach nicht an rauchen. Er hat irgendwie mit so 11 Jahren angefangen zu rauchen. Und er hat es geschafft, jetzt irgendwie 2 Jahre sober zu sein. Ja. Er zieht es endlich durch. Mit irgendwie jetzt knapp 60. Crazy. Also ich finde, Ziege ist auch schwieriger als Trinken zu verlassen. Ja. Ich habe auch vor 2 Jahren mit Rauchen aufgehört. Damn. Den Sommer wieder ein bisschen angefangen und gefunden, so, jetzt bin ich Sänger, Bruder, jetzt kann ich es machen. Ja gut, aber dann... Bruder, der Lemmy, Alter. Denk an Lemmy, denk an Ozzy. Ich glaube, das ist aber auch ein Teil... Ich glaube, das ist auch ein Teil schuld, warum ich meine Stimme nicht verloren habe. Das ist genau jetzt 1 Woche nachdem ich wieder angefangen habe. Oh shit, okay. Ja. It cannot be the smoke. Ja, wahrscheinlich, ich meine, wenn du es durchgezogen hättest und immer noch am Rauchen gewesen wärst, dann hättest du das wahrscheinlich nicht so gross gemerkt. Aber dein Körper ist wahrscheinlich einfach nicht mehr ready Ja, für das. voll. Ey, ich muss richtig hart pissen. Ich sag mal eine Pipi-Pause, perfekt. Okay, es geht weiter. Welcome back to Metal Servola. Wir haben eine kurze Pipi-Pause gemacht. So wie es jetzt tönt, hat es vorher auf dem WC tönt. Jawohl. Weil wir haben gespielt. Also ich liebe, du siehst es recorded wegen dem Bildschirm. So geil. Der Ricky ist wieder verliebt in seine Kamera. Der Thomas hat das Bier aufgemacht und ist jetzt gerade am... Zum Wohl. Wahrscheinlich kommen wir auch gerade. Ich habe Gas Honeymoon. Gear Acquisition Syndrome Honeymoon. Okay, geil, Alter. Ich habe heute meinen Amp zurückbekommen. Er tönt wieder. Das ist super. Darfst du 3 Mal raten, was kaputt ist? Ich habe meinen Amp zum Reparateur bringen. Ich habe das Gefühl, ja, easy, der wechselt einfach die Tubes aus. Nein! Es ist nicht eine Valve kaputt gewesen, Mann. Es ist nicht eine Röhre kaputt gewesen in meinem Amp. Jetzt alle... Das ist deine Gitarre gewesen? Nein, es ist so... Jetzt alle, die keine Ahnung von Elektronik haben, so... Bist du Wi-Fi-Router? Shut the fuck up. Alle, die keine Ahnung von Gitarre haben, shut the fuck up. Nein, also alle Leute, die wissen, was ein bisschen Elektronik rauskommt und wissen, was ein Röhrenverstärker ist, ist ein verfickter Hure... Es ist ein Kondensator und ein Widerstand kaputt gewesen. So random ass Bauteile auf der Platine. Normalerweise, wenn ein Gitarrenverstärker nicht mehr tönt er nicht mehr, weil die Verstärkungsröhre kaputt geht. Ja, voll. Ja, ich habe auch schon die ausgewechselt. Aber ich spiele keine Gitarre. Aber die sind ganz gewesen. Nein, es hat wirklich so ein Bauteil auf der Platine geputzt. Das passiert nie. Also sind das die kleinen fucking... Die kleinen R-Tube-artige Dinge, die so, weißt du, so Motherboards ja, so genau, drauf. die Dinge. Ja, so mein Gott. Ja. Das passiert eigentlich Ich liebe die fucking random Kenntnis, die du hast. Also ich bin so ein Trivia-Mensch, so von, ich mag mir Shit einfach nicht merken, aber dann ab und zu bleibt irgend so eine random fucking Info hängen, so von, yeah, we'll take that one. Gut, ja, aber gut, okay, zum Fernsehen, auf einer Leiterplatine, aber das Zeug, das ist relativ, wenn du schon mal einen Amp auseinandergenommen hast, weißt du, dass jetzt so kleine Sachen auf diesen Der spielt keine Gitarre. Aber er hat ja gerade gesagt... Aber ich weiss, wie man einen PC zusammenbaut.
Und ich habe halt entsprechend schon Motherboards in der Hand gehabt. Fair, Ja, genau. Aber that's it. Eins von diesen Elektronikbauten alle jetzt tätscht. Ich weiß, was ein GPU ist und ein Mobo. Ja. Yeah. Du hast einfach Pizza selber bauen. Ja, 2-mal. Ich hätte es gerade länger. 3-mal? 2-mal. Sicher 2-mal. Und dann habe ich noch, glaube ich, jemandem geholfen, ein kleines gescheites Setup zusammenzubringen. Aber ich Also. habe meine eigene nochmal zusammengebaut. Ich habe etwa genau das Case gehabt, einfach noch grösser. Wahrscheinlich der billigste, den ich gefunden habe. Ja, aber es ist ein gutes Case. Ja. Und dann habe ich noch das von meiner Freundin halt zusammengebaut. Und das habe ich wirklich von Scratch. Und meins ist halt, habe ich immer wieder mal upgraded. Mhm. Und irgendwann ist, glaube ich, legit halt das Motherboard verreckt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hey, we doing the full upgrade. So, ja, gerne. Neue Power Supply, neue CPU, neues Motherboard, Mhm. neue RAM, weil ich habe gerade auf DDR5 gewechselt, weil ich gedacht habe, wenn ich schon, dann schon gerade. Oder? Mhm. Alle, die keine Ahnung von PCs Nein, haben. ich muss bald wieder neu bauen. Weil die habe ich auch Gut, aber alle, die keine PCs haben, vor 7 Jahren gebaut oder so. die gleichen Leute, die keine Ahnung von Gitarre Gear haben. Und dort gehen wir auch die ganze Zeit eskalieren. Und alle finden es. Ich habe noch nie von einem gehört, dass es nicht losbar sei. Viele sagen, es sei sogar noch interessant. Oh, ja. Ich finde es auch. Ich bin auch so. Ich habe so viel gelernt wegen dem Podcast über so Gear-Shit. Mhm. Also zuerst denkst du so aber eben, ich meine, weißt du, es ist funny. Ich bin der Drumtech von Marco, weil ich bin auch Schlagzeuger und so. Fix, ja. Aber ich habe mich auch angefangen auseinandersetzen mit allem Gear, wo wir haben, für den Fall, dass wir irgendetwas mit troubleshooten, dass ich immer vielleicht ein bisschen verstehen kann, was das Problem könnte sein. Das ist schon Ja, wichtig, ja. Ich bin wirklich so ein. Ich bin der Frontman, der sich dazu muss zwingen, nach der Show zum Merch gehen, weil ich sonst einfach nicht dort hingehe, weil ich einfach Hilfe abräumen und alles zusammenräumen und so. Ich habe im Fall letzten Monat gelernt, dass Cymbal Stands nicht 2 verschiedene Typen gibt, sondern du einfach rausziehen kannst und so im Winkel kannst. Mama, es gibt schon eben. 2. Aha, aber du kannst. Manche haben nur so ein Gewinde oben dran, wo halt kannst anwinkeln. Aber du hast einen Boom-Stand und du hast normal Stands. Voll, aber ich habe nicht gewusst, es sind nicht 2 gewesen. Du hast einfach raus müssen ziehen Ja, genau. und nachher anders jetzt, aber es sind nicht 2 unterschiedliche Typen gewesen. Und ich so, Ja, das ist, also beim Boom-Stand, das ist halt einfach wie das Mic-Stand, halt so eine ja, Galgen. genau. Und die kannst du halt wirklich auch so einfahren. Aber das ist einfach, damit du es möglichst kompakt kannst machen oder du willst ihn halt so brauchen. Eben genau. Es Aber es das haben nicht alle Stands. Ah, nicht alle, okay. Nein. Aber sorry, Bro, ich spiele seit 15 Jahren im Band. Ich habe das erst jetzt gelernt. Oder, ja, es ist halt, life is a learning fucking experience, man. Alter, wenn du, ich check Leute nicht, die nicht Bock haben, ihren eigenen Shit halt zu lernen. Mhm. Also, like, ich nerde ab Scheiß, den ich nicht mal mache. Ja, Ich finde es einfach fucking geil. So von, also wenn du Gitarre oh, das spielst, funktioniert so. Und nachher ist dein Hirn nicht so von, okay, I understand this and then I can combine that with this. Und dann check ich, durch das check ich eben zum Beispiel auch, eben, ich weiss, dass sättiger Scheiß im Amp drin ist, weil es auch auf einem Motherboard drauf Ja, ist, fair, ja. in einem PC. Das ist, aber ich habe das nur so zusammengezogen, überall. weil ich Es denke ist da so vor, überall. wahrscheinlich ist es das Teil. Ja. Hast du im ersten PC auch gebaut mit YouTube-Videos? YouTube-Videos, Linus Tech Tips. Ja. Es gibt so ein 2-stündiges Video, wo das so basically alles erklärt, was du musst wissen und irgendwelche Tipps und Tricks und Beste. Shit. Und ich habe halt noch einen Kollegen, also mein bester Kollege, der ist ITer auch. Der hat halt voll Ahnung, aber der hat auch selber halt seinen PC auch schon zusammengebaut gehabt. Aber ich habe ich einfach auch selber. Ich habe es einfach auch spannend gefunden. Also, Ich habe mir wirklich dann einfach einen Monat Zeit gelassen, um meinen PC zusammenzusuchen und zusammenzubauen. Ich bin wirklich Das ist bin aber nach Teilen wichtig. researchen und so. das ist wichtig, du musst dir viel Zeit lassen. Aber ja, Willst du als ich mein Pedalboard zusammengebaut habe, habe ich mir zuerst das Pedalboard bestellt. Mir ist ja mein Pedalboard abhanden gekommen. Ich habe ein neues zusammenbauen. Dann habe ich zuerst das Frame bestellt, die Dings bestellt. Das Zeug bestellt und dann einfach mal so alle Pedals bestellt. Und dann so, okay, ist gut, jetzt tun wir das da drauf. Und dann tue ich es drauf und dann so, okay, jetzt messen wir, wie lang das die Kabel sind. Und dann habe ich im zweiten Gang die Kabel bestellt. Und das hat alles so geil ausgesehen. Und dann habe ich einfach vergessen, dass das Expression Pedal ein anderes Kabel braucht. Es braucht ein 3-Poligs-Kabel, nicht nur ein 2-Poligs. Und ich habe nachher mein Expression Pedal eingesteckt und es macht einfach Wiu! Ah, wegen Einschalten, Es 100%, ist einfach, 0%. es ist in der Hälfte auf 100 und dann wieder runter. Und ich habe so, shit, ja, das ist ja gewesen, dann habe ich noch mal ein anderes Kabel bestellen. Jetzt geht es nicht mehr so Nein, geil. schau, meine Strategie ist ganz simpel gewesen. Ich arbeite für einen Online-Shop, in meinem Dayjob. Und Alter, Digitech ist super zum so Teile vergleichen. das Thema, meine Strategie war, okay, ich habe keine Ahnung, ich will mir YouTube-Videos anschauen,
aber ich will es nicht daheim bauen. Ich will es in fucking Headquarters in Zürich bauen. Weil ich weiss, im Büro sind alle Nerds rum, oder? Smart. Und ich so irgendwann am 4 so... Bei der Quelle. Ja, und das war halt pre-Corona, alle sind im Büro gewesen. Und ich so, okay, das ist schwierig, ich logge mich aus und fange einfach PC bauen. An meinem Tisch, so. Mein Team immer noch weiter schafft und so. Und ich so am Bauen und ich immer so, es geht nicht, ich komme nicht raus. Ich rufe den Kollegen im Team so wie, hey Bro, kannst du mir helfen und so. Ja, keine Ahnung, ich bin da neu am Bauen. Der Bruder kommt zu mir, einfach 2 Stunden lang ist er mit mir im PC am Bauen gewesen. Und es hat sich nicht eingeschaltet. Und er so, nein, es geht nicht und so. Und der Bruder hat irgendwie Head of Asus Europe am Telefon gehabt, so, Bruder, warum geht der Scheiß nicht? Alter. Und am Schluss, Troubleshooting, am Schluss ist einfach der Power Source kaputt gewesen, oder? Ja. Aber dann, ja, nächsten Tag bestellt, ist gegangen. Aber so einfach, hey, nimmst mal Kenntnis von Leuten um dich herum und so. Ja, aber legit. Ich meine, so habe ich es gemacht. Ich habe meinen besten Kollegen gefragt, so von, ja, wo muss ich starten für den Scheiß? Und er so von, ja, suchst du zuerst mal einen Power Supply aus, der vielleicht so passen könnte, wo noch nice wäre. Das so von, also ein CPU, also ein Prozessor. Und nachher so von, ja, was willst du machen? Und ich so von, ja, einfach hauptsächlich eigentlich zum Gamen und vielleicht halt eben zum Videos schneiden und so Zeug. Das halt miteinander angeschaut. Und währenddessen habe ich den Band MacBook vom Bandraum bei mir gehabt. Absolut geil gewesen. Gemerkt habe, ich brauche auch eins. Jetzt habe ich auch ein MacBook. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da habe ich einfach basically mit dem angefangen und nachher habe ich um den ganzen fucking CPU nachher so angefangen, so das Curaten, dass es halt um das herum halt die Teile, und ich meine, das Einzige, wo jetzt noch drin ist die gleiche Grafikkarte. Fucking ein 1080er Ti. Mag immer noch fucking Battlefield 6 runnen auf nice Graphics. Ich habe sogar eine 1060 Ti. Ah, was? Ja. Damn, Alter. Ich käme auch nicht mega crazy. Fucking RuneScape out hier. Ja, RuneScape. Fucking nimm's takes a potato, steckt das fucking Keyboard in. Ja, that shit runs in RuneScape. Ich game RuneScape am Handy, Mann. Ja, fair. Also ich meine, das ist ein fucking Gaming-Device. Ja. Ja, also das ist sowieso geil mit dem fucking OLED-Screen. Ich weiß noch 2007 habe ich an meinem PC, glaube 256 Kilobyte RAM gehabt. Holy shit. Also Maple Story hat gelaggt. Weißt du, es ist Life was pain, man. Crazy. Aber früher, ich meine, früher ist alles so fucking optimized gewesen, Alter. Speicherkarte von der PlayStation 2. 8 Megabyte. Und das ist die grosse Version gewesen. Ja. Das ist die gewesen, die viel Speicherplatz hatte. Die andere ist, glaube ich, irgendwie 4 oder 2 gewesen oder so. Und das hat alles mega speichern an Informationen von all deinen Games, basically. Also ich kann im Fall... Also früher, wo du auf den Games noch schon hast können speichern. Die Nintendo-Sachen, Alter. Yeah. Du hast einfach so die hohe Super Nintendo gehabt. So, du bist mit deinem Super Nintendo-Game zum Kollegen heim, hast das bei der Super Nintendo eingesteckt. Hast auf deinem hohen Spielstand weiterspielen. Ja, einfach mega random. Genau gleich wie alle Themen, die wir im Podcast haben. Aber ich habe vor 3 Tagen oder so auf Prime so ein Dokumentar gefunden, so wie der Star von PlayStation und wie so der Krieg mit Nintendo und so. Ja, geil, kann ich schauen, oder? Aber noch nie habe ich einen Film gesehen, wo der Audio so gemischt worden ist. Also, es ist jemand am Reden und plötzlich kommt die Musik, hörst du die Person nicht. Also, ich bin nachher fucking googeln, so wie das kann nicht sein. Ist etwas, alle am sagen, what the fuck ist mit dem Audio los? Also, ist das ein fucking Lehrling gewesen, der Audio gemacht hat? Weißt du, es ist fucking ein stündiger Dokumentarfilm über PlayStation, oder? Und so, es ist schlimm, es ist fucking schlimmer als irgendwie fucking Abschlussarbeit oder Zwischenarbeit von einem Student, der ein Jahr Audio macht. Nicht einmal. Fucking, YouTubers machen es besser als fucking Dokumentarfilm. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ich bin so in einem Rabbit Hole gegangen. YouTube ist ja der Dokumentarfilm-Place to be jetzt. Also, es sind so insane Channels, Mann, wo einfach so von, ich kenne das Thema nicht. I am going deep in das 2-stündiges Video über irgendwie wie fucking Kastenbier von Holland auf China gelandet ist und niemand weiß wie. Und du bist einfach so von, yo. Ja, das ist das Beste. What is this? Ich lande irgendwie immer bei How Money Works. Also.
How money? Das sagt So, viel über dich so, aus, Ricky. ja, don't do this before you turn 30 oder so. Irgendwie so 20 money tips, how to invest. Nein, when aber you're es young. ist eben so legit, so Oder Documentary. how so does it work? How does currency genau. Okay, So ja, wie das ist aber auch sick. Inflation, fucking schnell, what the fuck, oder so lande ich mit einem Das Philosophie-Channel sind und die- so. Ja. Ah, Und das sind die Curry Videos, die du mir immer Kierkegaard schickst. für eine Stunde, Mann, oder so, ja. Nein, Das- der, den ich geschickt habe, ist der Craze, dass jetzt mega viel Inder und Nepalesen in den Balkan sind und so Ja, das ist- Indien TikTok in den das- Balkans Das ist bringen. etwas anderes. shit. Das ist so du hast mir funny. sonst mal noch so ein Video geschickt über irgendwelche Ich habe Wirtschaftssachen. Ja, so etwas. Wahrscheinlich How Money Works, ja. Was ist das Ja, aber längste das- YouTube-Video, das ihr jemals geschaut habt? Was, Das längste YouTube-Video, das ihr jemals geschaut habt? wo wir durchgeschaut haben, oder? Also einfach, wo ihr einfach fertig geschaut habt. Ich weiß nicht, was das längste ist, aber ich kann das Weirdeste sagen. Das ist auch ziemlich lang. Irgend so eine, die das Gefühl hat, sie filmt sich jetzt, wie sie in einem Fluss gebärt. Ah, Das hast du geschaut? Ich bin besoffen heimgekommen mit so knapp 20 auf YouTube. Weiss Okay. auch nicht, wie zum Fick das Video amix schickt der Aber YouTube das- ja einfach so. Das ist mir, Amix glaube gibt ich, er- wahrscheinlich auch vorgeschlagen Amix gibt der worden. YouTube ja einfach wirklich so Vorschläge, wo du dir denkst, wie zum Fick kommst du auf die Idee, aber ich klicke jetzt da drauf. Ja, genau so. What the fuck is this? So, Opens. wie hast du das Gefühl, dass ich interessiert daran bin, wie eine 40-Jährige ihres Erstgeborenen in einem Fluss You in know Alaska me auf too die Welt well, bringt? YouTube. Wie? Aber ich drücke jetzt da drauf, weil ich halt etwa 5 Bier zu viel hatte. Mhm. Und das Video geht etwa 4 Stunden. Ich bin glaube wirklich dort eine halbe Stunde am Durchskippen gewesen, bis irgendwie und ich so, nein, ja. Du siehst alles. Du siehst alles in dem Video. Bro, es hat einfach damit zu tun, Alles! dass YouTube gehört Google und Google weiß, was du Das Google. ist, Mhm. das ist, wenn ich 20 war, Anfangs 20, das ist schon mehr Das als ist, 10 Jahre her. ja, ich weiß nicht, ob YouTube dann Oh. schon. Mal Gut, hast ja. du- Wahrscheinlich das schon. ist wahrscheinlich noch nicht so Aber es ist noch nicht so algorithmisch schlimm wie jetzt. gewesen. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich Es ist noch nicht. einfach ein fucking Das war nicht. Nein, also Downhill. jetzt Gute ist wirklich- Käse gewesen, Jetzt ja. ist wirklich, nein, jetzt ist wirklich schlimm. Ich habe 3 verschiedene YouTube-Algorithmen. Ja. Einen im Büro, einen daheim und einen auf dem Handy. Und der einzige, wo gut ist, ist der daheim. Also hast du jeweils einen einzelnen Account für Nein, ich jedes habe Device? ich habe im Büro einfach, im Büro habe ich ein Geschäft, wenn ich mit dem Geschäftskonto alles Aha, verknüpft. ja, fair. Und auf dem Handy habe ich meinen Gmail-Account für Google und Mhm. Bruder, ich bin auf YouTube seit 2007. Hast du das Gefühl, mein YouTube-Account ist mit Gmail verknüpft? Ah, was? Ich habe noch einen OG-YouTube-Account und den habe ich What? immer Ich noch. kann eine Hotmail, Mann. Ja, let's go. Mein YouTube-Account heißt Apfelmistnote. Ich habe sehr lange halt findest- keinen Account Du gehabt. weil ich findest, nicht hatte. du findest YouTube-Videos von du findest noch, ich habe noch irgendwelche dumme YouTube-Videos gemacht, wenn du Apfelmistnote Google suchst auf YouTube, findest du das Zeug. Holy shit. Und der ist- Suchen den Shit. Der ist Alter. amazing und der ist wirklich der Apfel, was? Apfel? Apfelmistnote, keine Ahnung wieso, habe ich mit Wilder Name. 15 lustig gefunden. Das klingt aber auch wirklich nach so YouTube, wie es Apple früher War. war. Ja, es ist wirklich, das ist aus der Zeit, wo YouTube noch geil war. Genau. Und Oh, der ist shit. gut, der ist wirklich gut. Und den habe ich eigentlich nur noch den Kanal, weil früher hat man ja noch keinen OneDrive und gar nichts als Scheissdreck gehabt. Ja. Um meiner Band Videos zu schicken, wie man einen Song muss spielen muss, hast du einen YouTube-Account haben, um die aufzuladen und dann nicht gelistet rein schicken. Mhm. Also ich habe 2000 unveröffentlichte Videos dort drauf. Nice. Aber Es- das ist full circle zu, dass ich Minecraft Let's Plays aufgeladen habe. Weil es gibt halt, die habe ich alle auf privat gestellt, weil den Account habe ich irgendwie noch. Aber wir haben mal ein Battlefield 4 Video gemacht und dort habe ich, glaube ich, irgendwie so 50 Stunden lang habe ich geschafft. Und das ist so ein Funny Moments Video. Ah, das kommt Aber auf ja. Schweizerdeutsch. Mhm. Und das ist irgendwo nicht draussen. Battlefield mit Ö geschrieben. Das hat so der fucking Arnold Schwarzenegger auf dem fucking auf dem Thumbnail und das ist absolut, es ist cringe, aber irgendwie bin ich recht stolz darauf, wie es rausgekommen ist. Und das ist, glaube ich, so richtig. Ich habe dort vorher noch mit Windows Movie Maker habe ich meine Videos geschnitten und das ist, glaube ich, das erste gewesen, wo ich mit Premiere geschnitten habe dort. Mhm. Und das ist actually fucking stabil rausgekommen und das hat mir nachher gezeigt, so von, ich kann das für so eine lange Zeit machen und das macht mir fucking fun. Mhm. Und entsprechend mache ich seither, ich eben bei den Bands, ich liebe das einfach zu machen, Content. Mhm. Weil eben, es ist einfach, das Zeug zu schneiden, ist einfach fucking geil. Ich habe hure Spaß an dem. Es macht mir fast mehr Fun als Band. Band ist nur eigentlich so von, ja,
Das ist so das, was es möglich macht, dass ich dann was eigentlich keinen Sinn macht im Prinzip. Aber Ja, normalerweise ist es umgekehrt. meistens ist es umgekehrt, genau. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich mache es halt, ich finde es extrem geil. Also ich mach's sehr gerne. Und ich bin jetzt auch auf DaVinci auch umgestiegen und habe das jetzt angefangen zu lernen. Und jetzt, wenn ich halt ein bisschen rauskomme, ist einfach so von... DaVinci ist einfach der Reaper für Video, Alter. Es ist das Beste. Es ist fucking free. Du Eben. hast basically alles, was du brauchst. Und wenn du ein bisschen deine Kreativität willst ausleben mit Video editen und so, du kannst nicht alles machen, was du in allen grossen Programmen kannst. Ja. Du kannst einfach vielleicht irgendwelche Effekte nicht. Etwas, was ich ein bisschen blöd finde, was du nicht kannst, was ich sehe, wieso sie das als Premium-Feature machen, ist, dass du den fucking Mainscreen und als Display hast fürs Video und nachher noch ein Edit, also der Edit-Part auf dem anderen Tab hast, das kannst du nicht. Du kannst nicht trennen. Kann, glaube ich, nur in einem Ding drin Nein, sein. du kannst es schon im Fall. Ich habe es schon mal geschafft. Free? Ja. Voll. Ja, wahrscheinlich so boomermäßig. Einfach aus Versehen den falschen Knopf drückt und nachher klappt es nicht. Seit ich den Ich letzten habe Update, gemeint, das geht nicht. seit ich den letzten Update gemacht habe, irgendwie kann ich es nicht mehr. Aber es ist schon gegangen. Ja. Aber ich habe auch noch nie wirklich so ein Bedürfnis gehabt, zum den Premium zu kaufen. Bis Nein, heute. Das brauchst du auch Bis nicht. heute. Weil heute habe ich herausgefunden, Free DaVinci kann nicht 10-Bit Videos editieren. Heisst, das ist halt der Bit-Depth. Quality, ja. Genau, ist quasi- und ich kann nicht, endlich mal eine Kamera, die 10 Bit kaufen kann. Aber wie viel Bit macht? 8. Ja. Ist einfach mehr. I mean, Ist einfach- you know, wenn du nicht fucking Feature-Films machst, Ja. I mean, es kostet 400 Stutz. Es ist Stimmt, nicht einfach schnell so... Ja, Nein, es voll. ist gute Software. Es ist eine hure Ja. gute Software. Ich meine, du kannst mit der Free-Version kannst du basically alles, wo, Definitiv. wenn du es hobbymäßig Es ist wirklich Shit, wo mega spezifisch Fuck, ist. Alter, ich habe jetzt Reaper endlich mal gekauft. Holy shit. Ich habe noch so 10 Jahre. Hast du WinRAR auch gekauft? Nein, Winrar habe ich nicht wirklich gekauft. nicht. Aber bei Reaper ist irgendwann ist dort so gestanden, du hast Reaper jetzt schon 25.000 Tage. Irgendwie 700 Wochen. Weiß ich nicht, Holy was shit. testet. Bist du so. Und ich irgendwann so. Ja, ich bin glaub. Ich finde es glaub. Ich finde das Produkt, ich find's Ich- Produkt glaub okay. Ich zahle jetzt die Ich 60 sag Franken dir, für die warum Lizenz. ich Reaper gekauft habe. Weil ich nicht können Kunden im Studio haben, die mir zahlen und sich Notification bekommen. Sorry, Bro. Cheap Motherfucker. Ja, das stimmt. Und dann habe ich es gekauft, als ich die erste So Kunde gut. hatte. Super. Ich Wie weiß. viel zahlen wir denn für den Mix? Ja, ich weiss das erste Mal, als wir mit diversen Sachen aufnehmen, Timo so, ja Bruder, aber das ist ja nur die Demo-Version, dürfen wir mit dieser Sachen aufnehmen, für nachher releasen. Aber legit, aber die Gedanken haben wir doch alle gehabt. Und ich Also, so- darf man das noch brauchen? Weil, Und eben, ich so, ich meine, wie wollt ihr herausfinden? Wie wollt ihr das Ja, herausfinden? legit. ich meine, ich habe das so... Heutzutage so, die wissen es. Ich meine, alle haben Photoshop cracked früher und so und weiss Das nicht stimmt was. nicht, ich bin immer OG gewesen, ich habe GIMP gebraucht. Das ist auch eine extrem stabile Software, ich glaube es immer noch. Ich habe es nie groß gebraucht, aber ich glaube, Es ist basically Photoshop for free. es ist wirklich, aber es sieht einfach Ist das ass der aus. Browser-Ding? Ich empfehle fucking Affinity. Affinity. Ist basically ein Photoshop Klatsch-Off, hat nicht alle Features genau gleich, sind auch, die meisten Features sind halt ein bisschen anders eingeteilt, wahrscheinlich auch eben wegen Copyright. Aber du bekommst für 200 Stutz flat Fucking ja. kein Abo. Können wir Ja, uns eben, vorstellen, dass das fucking einfach so eine Scheiß-Abo im gottverdammte Fall. Drecks-Scheiße ist, Eben, Alter. so- Alter, all my homies hate Abos. Alter, was soll Hört die auf, Mann. Scheiße? Wir haben kein Geld. What do you mean? Wir sind Artists. Also Ich lieb's. Adobe schickt einfach fucking Armies von Leuten zu DaVinci. Einfach wegen ihrer scheiß Abos. So, wie können wir das... Also ich weiß nicht, wie lange es geht, bis Premiere nicht mehr ist wahrscheinlich nicht mehr der Marktführer, aber es ist, Ja. es ist einfach Standard gewesen So, wie können wir das Produkt, das eigentlich gar nicht so kacke im ist, Business. Im Business. verschießen, Ja. indem dass wir nichts am Produkt ändern? Wir führen das Abo ein, um noch mehr Geld aus der Wir Tasche machen's- zu ziehen! Wir machen es fucking unmöglich, dass du einfach eine Paid-Version Insane. bekommst und so. Insane. Alter, aber das Aber es ist ja- alles so, Autos werden das Piracy schon so. is coming back Ja. so hard. Es ist crazy. Ich habe literally 3 YouTube-Videos zu dem Thema geschaut. Ja, legit, same. Ich bin auch so gewesen, so, Bro, what do you mean? Ich will muss 20 fucking Abos haben, um Aha. überhaupt irgendetwas zu schauen. Weißt du, wir haben Leon the Professional schauen. Ausnahmsweise einfach mal wieder einen Film. Was ist das? Es ist ein Film aus, glaube ich, 1998 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Schau mal, ich habe gedacht, der ist immer auf fucking Netflix gewesen. Jedes Mal ist der vorbeigekommen, ich so, jetzt schauen wir den mal. Mach auf Netflix, sicher ist nicht mehr rum. Ich so, wo ist denn der? Legit
Nirgendwo erhältlich, auf keiner Streamingdienst. Ich so, Wahrscheinlich Peacock oder so. andyday.com, whatever, irgendeine Streaming-Plattform. There we go. Voll. Es kommt zurück und wir sind in der Schweiz. Halleluja. Mhm. Ich Ich werde nicht lieb's. gefickt wegen so Scheiß. Ich liebe es einfach so. Vielleicht auch schon. Oh shit. Netflix so. Ich glaube, wenn du nur runterlässt, ist es okay. Download ist, glaube ich, immer noch nicht illegal. Nur das Sharen. Nein, und jetzt, wenn du einen Server daheim machst, jetzt hat so Frameworks, wo irgendwie kannst alle deine Filme und Ja, ja, Musik rein genau. tun. Und nachher hast du so wie eine App, wo Ja, kannst und- einfach wie Spotify, wie Netflix einfach bei dir am Handy zu deinem eigenen Server connecten. Und so das kannst du- funktioniert teilweise legit einfach Ja. besser. Es ist benutzerfreundlicher als alle fucking scheiß Plattformen. Mhm. Like, I'm sorry, aber es geht Voll. so hinten raus. Netflix liebe ich so. Ja, also Netflix, du zahlst zum können Sachen schauen. Wolltest du noch ein bisschen mehr zahlen, um keine Werbung zu haben? Ich sag dir, ab dem Moment, wo Netflix mir Werbung spielt, ist das Abo aber direkt gekündigt, Alter. Legit, though. Nein, ich bin Das ist voll wie Spotify. Spotify macht mir so kopfverdammt hässig, Alter. Ja, legit. Mit ihren Dreckswuren Mega. Podcasts, wo einfach alle anfangen, fucking Werbung zu schalten. Aber ich mir so, what the fuck ist jetzt los? Ja. Also mir letztens auch, also ich habe mega viel auch privat über das Thema Digital versus Physical Media Mhm. geredet und so. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich kann zurück zu DVD oder Blu-rays halten, weil es Ja. geht mir so auf den Sack. Letztens haben wir auch bei Lord of the Rings Extended Version schauen, irgendwo, nirgendwo, wir haben es bei Amazon gekauft, Ja. wir können nachher schauen. Vor allem, du hast es dann teilweise nicht mal richtig. Eben. Und Du das zahlst ist- verdammt viel. Oder letztens habe ich auch etwas schauen und ich so, ja, das ist doch nicht bei denen, wo ich jetzt zahle, sondern wo ich mal gezahlt habe. Ich so, ja, fuck off. Oder was ich auch noch weniger verstehe, wenn wir schon bei diesem Thema sind, sind Zeitungen. Ja. Online, also Zeitungen und mit ihren Online-Beiträgen. Ich wollte einen scheiß Artikel lesen und dann so, ja, du musst ein Abo abschließen, um den Artikel zu können. Also Bruder, ich will nicht ein Abo abschließen, Ja. ich will jetzt den verfickten Artikel lesen. Wenn du mir die Möglichkeit würdest geben, dass ich einfach einen Stutz zahlen, um den scheiß Artikel zu lesen, würde ich Oder den einfach Stutz jetzt zahlen. Ich Schalte, würd- schalte Werbung. Sofort. Bruder, Du weißt ja ich- Leute, die das lesen. Wenn Ja. du das machst, dann wirst du wahrscheinlich sehr viel lesen. Das ist so. mitbekommen. Aber weißt du, auch das, ich würde fucking Twint für ihn nehmen. Ich würde ihnen jetzt einen Stutz zahlen, um den Artikel zu lesen. Ja. Kein Problem, würde ich machen. Einfach so, macht einen fucking Twin-Button. Einen Stutz den Artikel freigeschaltet. Geil, ich kann ihn lesen. Und dann nicht mehr. Aber die verfickte Drecksscheiße mit dem Abo, Alter. The time of golden internet content is over. Ja. Voll. It's over. Everybody's going back. Alle, die Vinyl gekauft haben, schon alle Jahre, die haben es schon immer gewusst, die scheiß Ja, voll. Hipsters. Nein, keine Ahnung. Das ist wirklich, also es ist... Ich habe auch legit immer noch eine CD-Sammlung daheim und Ich ich habe auch. die jetzt vor kurzem habe ich basically so eine fucking Mappe gekauft, damit ich all meine CDs im Auto kann tun Geil. und dann halt im Auto kann sounden, Ich ohne habe- dass ich mein Handy vielleicht dabei habe. Ich habe für den DJ-Gig wieder angefangen, ich habe noch, weil ich wollte die neuen Songs von Linkin Park laufen lassen und die neuen Songs von Architects. Ah, gut, ich bestelle mir das Architects-Album und das Linkin Park-Album und dann habe ich mir ein paar Alben bestellt, weil du musst ja als MP3 haben. Weil der Ricky und ich sind ja nicht so smart gewesen und haben gemerkt, dass man wie mit einem CDJ auch kann den Laptop einstecken und dann von Spotify laufen lassen. Wow. Wir sind Auf oldschool Spotify? gegangen. Wir sind oldschool gegangen. Wir haben es mit dem USB-Stick gehabt. Und dann ich so, ja, ist gut. Und ich habe meinen MP3-Player wieder gefunden. Ich habe meinen MP3-Player ein Jahr lang verloren gehabt. Turns out, er ist einfach beim Bett so links runtergefallen und dann so im Lattenrost hängen geblieben. Und jetzt habe ich ihn wieder und ich Das habe ist wieder meinen wild. MP3-Player. Und ich Cool. so, geil, ich kann wieder Musik hören, ohne dass mein scheiß Handy muss dabei haben. Ja, voll. Aber das ist auch... Mein Handy macht mich immer mehr Spotify hässlich. ist so von... Ey yo, War Crimes and Shit sind jetzt am happenen. Ja, voll. We are participating. Aber da hast du Lossless Audio nach 300 Jahren Ja. und du kannst jetzt deine Songs von Hand mega sick mixen. Jetzt kommen alle geile Features, damit ihr immerhin bleibt, weil die hätten wir wahrscheinlich über die nächsten 5 Jahre so einen nach dem anderen rausgelassen. Aber jetzt, wo wir richtig kontrovers unterwegs sind, irgendetwas müssen wir machen. Und jetzt auf einmal ist alles so von, ja, das ist schon fucking sick. Mhm. What the fuck? Was- und ich wollte was- gerade gehen. Was machen sie jetzt neu? War Crimes, Ja, Nein, das ist nicht neu, das passiert schon lange. das machen sie schon ewig. Ja. Du kannst jetzt in Spotify. Nein, ich will eigentlich keine Werbung machen für die Scheiße. Wir können Aber nein, also ich, Nein, weil ich habe nichts davon mitbekommen, darum. also Ich bin so ein Boomer. ich bin langsam wirklich. Ich bekomme gerade Telefon. Tipptopp. Moment kurz. Muss schnell schreiben. Ist gut. Ricky, du mal Bernd das Brot bitte. Voll. Ja, Spotify. Ja. Kacke. Spotify ist gacki. Aber ich kann Das ist alles ich kann Kacke. einen Können wir Rant, ich kann einen einfach Rant für können- Spotify, aber Können wir von einfach einem, wieder unsere von einem Lehrer... Artist Point of View. Und nicht wegen dem Geld.
Ja, bringen. Fucking, warte. Ist der, was ich meine? Das Sorry. Ist gut? Ume. Alright. Boah, Dings. du bist so ein Zoomer, Alter. Habe ich Ume. Ume. Weißt du, was 6'7" heisst? Ich komme auch nicht raus. Was? Das sagt man nicht. Okay, nein. du bist einfach alt. Fairplay. Nein, aber 6'7"? Ja, anscheinend sagen das Kids heutzutage alle. okay. Ah, und dann irgendwie One. Ich habe irgend so, es gibt ja den DM Archive. Nein, das können wir. Ricky, erzähl. Also, sorry, aber es gibt ein fucking animated Meme-Channel, wo Brain wir auf Instagram entfolgen, das ist DM Archive. Der macht literally konstant geile fucking funny ass Content, wo einfach halt animated ist. Ihr habt sicher schon irgendetwas von ihm gesehen, unbewusst. Der lädt konstant einfach nur Gold raus. Es ist fast jedes Video von ihm ist einfach fucking hilarious. Und es hat halt eben auch so Zoomer-Kiddies drin. Also von, what the fuck does it mean? Keine Ahnung. Ich kann es nicht gut darstellen. Mhm. Check jetzt ab. Was ist die Frage? Fucking Spotify. Alter. Nein, also das Thema ist, ich habe Angst gehabt, besonders die letzten 5 Jahre. Es ist einfach so, es gibt so eine Shitification of the product mit Spotify. Alles wird scheiße. Ja, alles, natürlich alles. Aber Spotify, Alter, so wie, wo wir teilweise angefangen haben mit dem ersten Song, genau dann haben sie den Algorithmus vom Your listeners also listen to Artist geändert. Ja. Vorher hast brutal. du wirklich gesehen, wer sonst noch Leute hören. Und du hast auch gesehen, andere Local Bands und Es so. sind immer Local Bands, immer. Und das ist Ja. aber super, wenn du ein Konzert buchst oder so, dann siehst du, was für Bands für Leute auch hören in deinem Ja. Bereich. Und jetzt kommt einfach so random fucking Band von Louisiana oder so, wo Alles einfach... AI-Scheiße. Und ich so wie... Bro, ich sehe eine, maybe, von den Local Peers in unserer Page-Dings. Und ich so wie, Bro, ich will gerne wissen, was Leute wirklich hören. Ja. Oder? Und du siehst es einfach nicht. Es ist einfach ein fucking Shit. Letztens noch ein Video von einem, der irgendwie 100'000 Stutz rausgegeben hat für das Album. Und nachher ist einer von den Songs von dem Album in so eine Pod-Playlist reingegangen. Und sie hat nachher einfach das Album von Spotify einfach weggenommen. Ja. Und so, ja, wir haben halt so Identified Fraud oder weißt, eine random Person hat einfach einen Song in eine Playlist rein da, Bots laufen gelassen, hat einen Spike gehabt, haben wir übrigens mit Taoist schon ein paar Mal gehabt. Oh, shit. Aber wir haben nichts gelöscht bekommen, oder? Ja. Aber wenn sie irgendwie grösser wird, können sie, dass sie sagen, hey, fuck it, Album gelöscht und scheinbar nachher in den Comments ist verdammt viel passiert schon. Oh, what So, the fuck. what the fuck, Alter? Was läuft? Ist einfach alles scheiße. Vor allem nachher so, hast du so AI-Artists, die Das noch komplett AI sind. Mhm. Millionen von fucking Listens. Und du bist einfach so, Das Geilste finde ich AI-Rechts. it's happening. Und ist halt, AI-Rechtsrock-Artists finde ich ganz wild. What? Dann gibt es ein paar. Goddamn. Of course. Mit so einem Deutschen, mit so einem Adler, So von, ja, Deutschland, es ist Deutschland vorne mitnimmt. es ist AI. Und das so- ist nicht echt. Und Songs heißen so Deutschland. Das Geil. Land muss uns Ja. gehören. Hat der Rammstein, Bro. So richtig geil, Alter. Und halt der Fokus von Spotify hat sich geschoben auf Passive Listening, oder? Dementsprechend, der Artist ist nicht mehr wirklich ein Focus-Point vom Produkt. Und dann ist es so, ja, fucking dann... Aber Ricky, du solltest aufhören, Business-Podcasts zu hören. also ich schwöre, es ist... Das ist wirklich Es unglaublich ist mit dir. zwischen Business Podcast und Why the Dark Ages didn't suck as much as they did, as they say they did. Und so Zeugs. Und Oh mein nachher Gott. irgendwann Climbing-Videos und fucking... Es gibt so einen YouTuber, der geht mir hure auf den Sack, der heißt History to Make You Sleep oder so, irgend so ein Scheiß. Dann habe ich auch mal geschaut, Und ja. er erzählt so Videos über so, wie in der Ritterzeit so Sachen gewesen sind. Ja. Und er hat so eine nervige AI, also ich bin mir 100% sicher, dass es alles AI-Content Ah, das ist. ist blöd, ja. Du kannst gar nicht so viele Videos aufladen, wie der sich aufladen. Okay, Weil das ja. sind so 3-stündige Videos, wo er so erzählt, wie man im Mittelalter gelebt hat. Und weiss ich was alles. Und es ist die gleiche Stimme, redet Ah, immer okay, genau ja, gleich, das- ohne das ist irgendetwas. safe AI. Und irgendwie so Boah, ich kann- mit ich kann- Bildchen unterzeichnet. ich Und dachte, es warum ist ist so mein- viele verschiedene Kanäle und so viele verschiedene Warum Videos. ist mein Ass so kalt, Alter? Wir haben das Fenster auf. Es ist doch kalt, ich hab fucking heiß. Ja, das ist der Ricky, Alter. Der Ricky Wer? ist mit mir einen Hockey-Match schauen mit dem Brian letztes Jahr. Er hat. Brother, what the fuck was that? Kamera stehen. Nein, du hast das Mikrofon umgerührt. Ah, ja, voll. Er hat Winterstiefel angehabt, und lange Unterhose, eine Skihose, eine Winterjacke, Händchen, Kappe und ein Pulli drunter, so ein fetter. Weil ich habe wahrscheinlich ein Foto von dem. Ich muss nachher mal mein Auto noch ein bisschen verlängern. Komm mir gerade sehen. Ah ja. Wieso ist es zu kurz? 6 Meter raus. So. Also ich muss mal ein Foto von dem Ding Okay, ja, ist gut. In finden. dem Fall.
Sorry. Okay. So. Damit zurück zu Minecraft. Wir haben immer noch nicht wirklich darüber geredet. Alter, wir haben mehr Tensions gehabt, also ich weiß nicht was, Alter. Das ist horrible. Aber ja, welcome to me, Alter. Das ist... Und also mir keine Ahnung, es ist all over the place. Alle, die jetzt Ja, noch das Ding ist, wir sind auch Ja. wirklich nicht gut, in There das Ganze is- zu unterbinden. Ja, Wir Attention machen da Span nicht- for Nein, Fly, es ist, Alter. aber das habe ich eben hure krass gefunden bei der Expello-Folge. Ist immer so die Mick und der Ding sind Der einfach Nick. die ganze Zeit so gewesen, so von, yo, ich denke immer so fucking, whatever. Ich bin so scheiße mit Namen. Niki. Niki. Niki, danke schön. Der Niki. Sorry. Den hast du jetzt nicht gesagt. Das- Ist das ein... Wir finden es raus. Wir finden es raus. Sehr, Also, ich weiss- sehr grenzwertig. Ich weiss nicht, weil ich nicht weiss, was auf Deutsch ist. für mich sagt Nein, es zum nicht. es erklären, der Bruder hat einfach immer Niki falsch geschrieben. Voll. Er hat es mit einem G geschrieben. Aha. Ja. Darum hat er einfach Und immer dann- Niki im- falsch nein, im geschrieben. Und der gleichen Niki Text- irgendwann einfach so... Und im Brudi- gleichen Text habe ich mal mit 1C geschrieben, dann mit 2C. Dann habe ich Gut, wenn ich im Migros gehe, sage ich auch, ich gehe schnell in Migi. Migi. Ja, Also, voll, voll. yeah, I guess. Aber, ganz Aber schön. der G was very long. Das ist sehr, sehr on the fucking... as long as there's no hard R's. Ja, Next. hey, es hat mich mega gefreut, auf den Podcast dabei zu sein, wo euch cancelt hat. Aber ganz ehrlich, wir haben schon seit Jahren hohe fucking neben... Psst, jetzt halt einfach, ich nehme das Mikrofon weg, Kollege, Alter. Egal, was du jetzt sagst, das ist nur noch Das problematisch. ist nur Da noch ist etwas- Minecraft. Minecraft. Also, Minecraft. Ja. Nein, ich weiß Wolltest du überhaupt über Minecraft reden? Ich glaube, Minecraft ist inzwischen so ausgelaufen. Vor allem, ich finde es mega schön, kommen wir immer wieder zurück zu Minecraft. Ah. Nein, ich Ja, aber es ist das einzige Thema, das du bis jetzt immer angefangen hast, aber nie so fertig geredet. Minecraft. Also von, to get back to it, Minecraft. Nein, weil, ja, ich habe irgendwann habe ich auch einfach gar kein Minecraft mehr gespielt. Also deswegen, also ich spiele eben, es ist halt einfach nur noch die Phase. Ja, fair. Aber ja, über das haben wir es gehabt. Wie bist du zu harte Musik gekommen, Bruder? So hart, das ist eben noch Ja. funny, weil Das Das ist ist- eigentlich die Frage, die wir dir vor etwa 1,5 Stunden mal gestellt haben. Wo- Wie hat das Ganze alles angefangen? einfach so, ja. Dann hast du uns Ja, gesagt, voll. du bist in Holland geboren, du bist in die Schweiz gezogen und dann haben wir Dann den ist Umweg Bergab. gemacht bis jetzt. Ja, genau. Ich bin recht ein Late Bloomer eben gewesen. Mhm. Ich ha mit 16, dort wo ich halt in dem, das ist eigentlich perfekt. Das ist genau dort, wo wir verblieben sind. Ich habe das 10. Schuljahr gemacht mit Schwerpunkt Gestaltung. Mhm. Dort sind wir etwa in meiner unglaublichen Jo. beruflichen Karriere Jetzt sind wir vor etwa 5 vor 5 Stunden gewesen. Ja. Dort habe ich ausschließlich eigentlich Dubstep gelost. Ja. Das ist fucking. Skrillex. Skrillex ist dann schon, das habe ich halt in der Schulzeit schon gelost, Ah, aber ja, zu ja. dieser Zeit ist Skrillex schon fast nicht mehr cool gewesen, weil alle es gelost haben sozusagen. Ja. So, ich habe ein bisschen 2012, mehr so ja. Underground-Shit gelost. Was hat so für Underground? Alter, City to City von Zomboy ist ein insane Banger, das ist mir irgendwie vorgestern wieder in den Sinn gekommen. Das ist so ein insane Song. Aber ja, da könnt ihr euch eine ganze Dubstep-Playlist. Ich höre es eigentlich fast nicht mehr, aber es ist mega funny. Ey, Weil der niemand Skrillex hört mehr hat Dubstep. legit irgendwie letzte Woche, also letzte Freitag, hat er wieder so einen Oldschool Bro-Step-Track rausgebracht, Mm. wo genauso Back to the Roots ist. Das ist Geil. mega fun. Und dann hatte ich einen Typ in der Klasse, gehabt, der fucking Max, und er hat mir Chop Suey von System of a Down gezeigt. Und ich habe dort vorher habe ich schon immer ein bisschen Linkin Park habe ich schon gelost gehabt. Das ist so, das habe ich schon in der Schulzeit und so gefunden, aber es hat mich nie wirklich auf diesen Track gebracht, dass ich halt wirklich in Metal reinkomme. Es ist für viele ist es der Gateway, für mich ist es einfach so, dort hat es aufgehört. Mhm. Und dann hat er mir eben Chop Suey gezeigt und irgendwie habe ich zuerst gedacht von the fuck. Und er hat mir auch noch andere Tracks gezeigt gehabt, teilweise von absolute Local, also so von, nein nicht Local, aber halt so Underground Artists. Was hast du noch so gezeigt von Underground Artists? Oh shit, es hat so eine geile Band gehabt aus Schweden. Mhm. Die haben so Metalcore gemacht, aber das ist wirklich so. Sonic Syndicate. Ah, ja, was soll ich sagen? Ich weiß noch genau, wie der fucking Song geht, aber ich habe. Oh, das Side Project Sonic Syndicate, wie heißt der nochmal? Die Unforgiven. Fucking Undying? Nein. Keine Ahnung, ist gleich.
das Ding ist eben, ich habe die Tracks auch nicht mehr auf dem Handy. Ich habe das ganz lange auf dem Handy gehabt. Mhm. Ich habe letztens aus Versehen mir die ganze Mediathek gewiped, weil ich mit dem Laptop verbunden habe. Dann habe ich mein Laptop so von, das ist nicht auf dem Laptop. Mhm. It's gotta go. Ja, wirklich, also so, dort ist fucking Apple so ass. Also Apple ist hure geil, was so teilweise Sachen anbelangt, aber das war wirklich fucking scheiße gewesen. Weil ich halt auf dem PC habe ich das ehrlich gesagt kann. Mhm. Anyways. Halt sehr viele coole Sachen durch das entdeckt, aber halt so, ich habe es irgendwie noch nicht so gecheckt. Ich habe es irgendwie auch nicht wollen checken und dann haben wir auch so Heaven Shall Burn, wie heißt es? Der Track von Heaven Shall Burn. Inside. Ja, der Song. Und dann bin ich auch so von, what the fuck? Das ist auch das Intro. Dort alle immer so das Intro und dann so. Ist das der, was sie Ja. covered haben? Oder? Nein, Endside ist der mit dem. Endside ist der mit dem Gigen-Intro, mit dem melodiösen Intro. Ja, no, burn! Er hat immer noch so eine kranke Stimme, das ist immer noch. Und dann fängt der der Song Markus. an mit. Ja, Ich weiß nicht, warum ich nie den Connect mit Heaven Shall Burn gemacht habe. Das weiß ich auch nicht. das Ich ist weiß auch nicht. so ein sicker Song. Beste Und nachher- gottverdammte Band ever. Und Counterweight. Fucking Ja, Counterweight. Counterweight. Und ich gerade diese Woche noch Ja. mit dem Erik darüber, Banger. dass sie da einfach auch immer, sie spielen immer. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, spielen sie da. Heaven Und ich bin Shall einfach Burn Heaven Shall Burn spielt That's auch the immer. song! Die spielen aber auch immer eine richtig geile Setlist. Die haben Ja. wirklich immer Songs drin, wo du so denkst, so, wieso spielen die den? Ja, voll. Und dann hörst du ihn und denkst so, aha, das ist wie Of For a No, good fucking reason. Das ist of einfach no Avail absolut ist so ein Hammer. Song. Die haben doch am 15. sind sie am Greenfield Headliner gewesen, Ja. Heaven Shall Burn. Dort bin ich eben das erste Mal, das ist mein zweites Konzert Bruder, überhaupt. Heaven gewesen. Shall Burn ist das beste Konzert, am Greenfield 15, das beste Konzert, das ich je Insane gesehen habe in meinem Leben. Und dort haben sie Mein erster Moshpit. mit Of No Avail aufgehört. Und ich Okay. habe den Song noch nie gehört, voran. Jetzt ist es mein Lieblings-Heaven Shall Burn Song. Sick. Seit oben, der ist wirklich geil. Ja, Er ist so ein bisschen anders, er ist so ein mega. Mhm. bisschen ruhiger. Also nicht ruhiger, aber ein bisschen melodiöser. Habe ich aber auch sehr sick gefunden mit der Sängerin. Oh ja, oh ja. Das Ei, ist ei, ei. absolut fucking insane gewesen. Also, die ist Briten meinst du? Ja. Die Ja. Alter! die Die Frau hat ist, ich hätte, kein Mann hat das so geil anbekommen, wie die das gemacht nein, die hat. Frau ist ein Panzer. Vor allem, die hat genau auch die fucking Voice. Es hat so Sinn gemacht, dass sie den fucking Spot gemacht hat. Hast Weil er du ja ausfällt. auch vorher gekannt wegen ihrem YouTube-Kanal? Weil sie jetzt Sie? Vocal Coaching gemacht. Nein, ich habe sie dort zum ersten Mal. Ich habe so nur gesehen, wie sie halt dazu kommt und das macht. Mhm. Und dann habe ich gesehen, so von, die macht dann Vocal Coaching Ja. und so shit. Ich bin dort wirklich so, das ist so das zweite Mal gewesen, wo eine Frau einer von meiner Lieblingsband den Arsch gerettet hat. Mhm. Ah ja? Ja, und Linkin Park. Yes. Sieh. Einfach so selbstverliebt, das ist unglaublich. Weil ich, Es ist, Ja, es ist nein, schau crazy. Schau jetzt an, es kommt langsam wieder zurück. Ja, Back ja. to the roots, Alter. Oh. Es wird jetzt einfach grau. I hope so, Alter. Mit dem Stress, den du jetzt hast. Ja, es ist gar nicht so stressig. Okay. Ja, und dann irgendwie eben, das hat nachher, eben, das hat sich so eingeschlichen. Ich meine, eben, ich habe das vorher null gekannt. Ich bin null auf Metal gewesen und dann erst eben so mit etwa 16, 17 schon bin ich Late etwa Bloomer, reingekommen. Alter. Eben, ich bin erst dann so reingekommen. Ja. Aber dann halt Vollgas irgendwie mit der Zeit. Ja, Also voll. zuerst habe ich so, eben, das haben wir irgendwie, wir haben Klassenlager gehabt. Mhm. Dann habe ich eben einfach die Playlist von In, das sind irgendwie so 20, 30 Songs. Dort war auch Elevated drin. Gewesen. Ja. The fucking Max, Alter. Der Typ. The fucking Max. Aber es ist eben hure funny, das kann ich sonst nachher kommen. Aber er hat mich basically introduced zu dem Ganzen. Mhm. Und nachher haben wir Hardcore United gespielt mit der Lost Game vor ein paar Jahren. Und also Stani. Und er ist auch dort gewesen. Ja. Und ich so von, Alter, das ist der Dude, der mir gezeigt hat, dass ich wegen ihm bin ich eigentlich jetzt da und habe auf dieser Bühne dürfen spielen. Und er so von, du spielst heute? Das von, wir haben vor einer Stunde haben wir gespielt. Und er so von, wir sind erst gerade gekommen, ich habe das nicht gewusst. Und er so von, I feel betrayed, aber it's okay. Du hast es wahrscheinlich nicht mehr. Der Dude ist halt auch nicht auf Instagram und so Scheiße. Der ist einfach gekommen, weil, ja, Und mein Kollege honestly, anhängen. Visibilität in Social Media ist auch eine fucking shitification. Ja, auf jeden Fall. Nein, und der Typ ist auch nicht so deep in. Der ist einfach dort gewesen, weil ein bisschen saufen und ein bisschen hängen mit Kollegen. Der ist, glaube ich, nicht so extrem deep into the metal anymore. Aber ja, und dann, keine Ahnung, halt eben, das eine hat es nach dem anderen geführt gehabt und dann bin ich zum. Jetzt kommt's. Fucking
geil. Mein erstes Konzert, wo ich selber gegangen bin, jetzt zumals noch, Eskimo Callboy, Vorband, Expello. Das ist, nice. das ist eben das, wo ich am so, zu diesem Zeitpunkt bin ich eben nur die Headliners schauen, weil ich jung und dumm war. Geil. Ich glaube, Voll verpasst. Expello habe ich, ja. Das war geil gewesen. Ja, das ist Ich weiss halt sicher noch geil einfach, dass sie auf der Bühne gestanden ist und ich so von hey, yo, what the fuck? Warte schnell, das heisst, du hast Zürich geil mitbekommen. Ja, das stimmt, das war Zürich geil gewesen. Ja, das mag ich mich nicht erinnern. Es war mein erstes Konzert gewesen. Ich bin legit allein gewesen mit einem anderen Typ und der war insanely socially awkward. Wo war das gewesen? Das Dynamo ist... oben rein. Ist es im Dynamo gewesen? Müsste im Dynamo Ich oben sein. mag mich eben... Ja, jetzt wo du sagst, kommt es mir bekannt vor. Aber eben, ich habe noch keine Ahnung gehabt. Ich bin einfach dort hingegangen und ich habe nicht gewusst, how, I don't know why. Ich bin einfach dort gewesen. Fucking Und Zürich geil, Alter. ich habe niemanden gekannt. Und nachher mein zweites Konzert, oder halt, ja, ist entsprechend gerade das fucking Greenfield gewesen. Da bin ich eben mit dem Max bin ich gegangen und mit einer anderen Gang. Und ich bin noch nie an einem Festival gewesen. Ich bin sowieso noch ein bisschen, eben, ich bin socially awkward noch gewesen. Ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe keine Leute gekannt. Und ich komme dort hin und wir kommen, es ist schon pitch black, wo ich ankomme. Und ich habe nur den Typ gekannt aus meinem Camp. Und nachher hat es noch einen anderen Typ gehabt, der fucking muskulös war, der absolut eindeutig mega rechts ist Ja. und Five Finger Death Punch. fucking sturzbesoffen. Und der war bei uns im Camp gewesen, und ich habe ihn nicht gekannt. Mhm. Und er so von, bist du Ausländer? Und ich so, ja. So. Und ich so, ich bin Holländer. Ah. Ja, du bist noch ein guter Ausländer. Du tönst auch gut. So von, Alter. Aber ich bin einfach scared as fuck gewesen. Es war dunkel gewesen. Ich bin noch nie auf so einem Gelände gewesen. Ich habe nicht gewusst, wie das aussieht. Ich bin einfach dick gewesen, wegen so von, da spielen ein paar coole Bands. Damals sind die alle so, what the fuck is going Ja, on? wirklich, ich bin wirklich so von... Hat er seine Farbscale rausgenommen und so angefangen zu vergleichen. Ja, basically so. So von... Yeah. Ist aber auch eine wilde erste Frage, wenn man dich Ja, anschaut. gell? So, Ja. wenn ich ganz ehrlich bin. I don't know! Alter, Wenn- ich habe noch wenn- keinen wenn- Schnauz gehabt, ich habe noch nichts gehabt. Ich habe noch Babyface gehabt und everything. Ja. Also ja, so viel Babyface, wie man halt mit fucking 17, 16 hat. Das ist Ja, keine Ahnung. Ja. Mhm. Und ja, und dann bin ich da gewesen, bin fast alle Bands alleine schauen, weil niemand aus dem Camp irgendwie das gelost hat, was ich gelost habe. Habe nachher den Ghost Inside gesehen, habe ich halt noch nicht gekannt, habe ich halt reingelost und ich dachte, mal, ist geil. Nachher haben sie ihren Unfall gehabt und dann kann ich allen noch erzählen, dass ich Ghost Inside gesehen habe und alle so von... Und ich so von, ich habe keine Ahnung wer das war, aber... Ja. Ja, und dann eben auch Heaven Shall Burn und dort bin ich so, das war so das letzte Konzert gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich traue mich. This is it. Jetzt gehe ich in Moshpit und bin ich zum ersten Mal in Circle Pit und ich weiß nicht, ob ich mich erinnern, aber das war eine fucking Staubwolke gewesen. Das war ein Tornado gewesen. Das hat Also- einfach so gemacht die ganze Zeit. Ich muss ganz ehrlich Und es ist sagen, einfach... ich bin mit einem Kollegen No- ein bisschen weiter hinten no air. gestanden und dann hat er das Gefühl gehabt, Bruder, ich hole etwas trinken und ich so, geil. Das hat er nicht gesagt, weil 2015 hat man noch nicht Brudi gesagt. Of course. Dort hat man irgendwie etwas Bro. anderes. Bro hat man nicht noch gesagt, genau. Schön, ja. Also Bro, ich hole uns etwas trinken, kommt er zurück mit 2 Milchshakes. Yo, what the fuck? Die anderen die vorne am Heaven Shall Burnen und ich einen Milchshake am hinteren klopfen, das ist das beste Leben. Geil, Alter, gegönnt. Ja, ich habe dann auch... Motorhead hat dann auch gespielt. Yo! Ich habe Motorhead Oh, live shit. gesehen. Ich habe Hat mich Motorhead, nicht gejuckt. Alter, ich habe Motorhead zugeschaut, wie der Lemmy einen Herzinfarkt bekommen hat. Was? For real? Yeah, Mann, 2013 am Wacken. Oh. Damn. Wir sind Motorhead alle Konzerte abgesagt wegen dem Lemmy im Herz. Mhm. Der Moritz von Save Last Breath, der Dave von Save Last Breath, der Paddy, der dort noch bei Save Last Breath war, der Butch von Versus und ich sind da gestanden. Motorhead geschaut. Vor allem hat das Mic etwa 3000 Meter weit oben Ja, und dann ist die ganze Zeit so... Fucking... Sie laufen von der Bühne. Lemmy läuft von der Bühne in die Hälfte vom zweiten Song, glaubst du? Ja. Der Rest von der Band spielt den Song fertig. Gitarrist geht in die Bühne, kommt von der Bühne. Läuft weg. Also, what the fuck is going on? Okay. Kommt der Wacken-Moderator oder Veranstalter so auf die Bühne so, jo, also Lemmy hatte gerade einen Herzinfarkt, er wird im Backstage von den Rettungskräften versorgt. Motorhead wird leider das Konzert nicht fertig spielen. Alter! Was? Holy shit! Ja, Aber das ist auch wild, wenn immerhin noch von der Bühne kannst runterlatschen. ja, das war wild. Gewesen. Ich ist meine, wirklich- ich habe auch schon das gehört, dass irgendwie so ein Schlagzeuger hat es irgendwie so gehabt während der Show. Und dann geht er einfach zusammen hinter einem fucking Drumset so von Imagine, that would fucking suck, weil alle sehen dich. Und du bist einfach so von
I'm dying. So von, alle so von, ja, weißt du, er hat wenigstens das gemacht, was er geliebt hat in dem Moment. Und ich denke mir so von, no, Bro. Aber to The be fuck fair, do you mean? das ist, glaube ich, der fucking most metal moment of my life gewesen. Schon. Das glaub ich. Lemmy bei einem Herzinfarkt zuschauen, ist schon ziemlich ist so- insane. Aber das ist fast schon so wie die Leute, die noch fucking Black Sabbath jetzt noch beim letzten Konzert gesehen haben. Danach hat er gesagt so von, Das ist aber wirklich, sorry, der Ozzy ist einfach wirklich noch schnell an, hat dem fucking Youngblood so den Schlüssel in die Hand gegeben, gesagt, da, schau, dass die Hure heute zumachst, ich gang. legit though. Ja. Also der Youngblood ist so heiß. Anyways. Youngblood, ich könnte der nächste Ozzy Osbourne werden. Hat's Also, halt nicht so er hat's richtig. wirklich fucking drin, Mann. Ich höre ihn nicht viel, aber der Typ hat so die Charme und einfach... Ich finde er ihn ist chillig, aber so cool. seine alten Songs sind so viel cooler als Ich seine kann neuen ich Songs. noch lass nicht ihn nicht reingelassen. Sorry, Lea. Seine neuen Songs sind so ein Alter. bisschen... Schäm dich. Ich So kann ein nicht. bisschen Dad Rock, Alter. Seine alten Songs sind wirklich so ein bisschen... Seine alten Songs haben wirklich so ein bisschen Swag und Steez. Das ist geil. Kann sein. Ich habe einfach den Track, wo er mit Bring Me the Horizon gemacht hat. Ja, der ist sick. Oh Der ja. ist ja, so das geil, Alter. Der geht so ham. Hast du seine fucking Version von Changes gehört? Dort an dem Hure Ozzy Osbourne, an dem Black Sabbath Abschiedskonzert. Ich glaube, ich habe einen Ausschnitt irgendwie auf So Insta Clips, Das gesehen. Clips überall, ja. Insane, Alter. Das ist wirklich, das musst du mal gönnen. Das ist im Fall insane, wie Easy. er dort singt. Das ist crazy gut. Und das war auch so ein wildes fucking Line-Up gewesen. What the fuck. Ja, alles ist dort gewesen. Das ist legit alles ist dort gewesen. Jede Band, die es jemals gegeben hat, hat dort gespielt. Jede Band, die es jemals gegeben hat, hat dort gespielt. Ja. Inklusive alle Bands zusammen noch zweimal irgendwie. Ja, fucking crazy. Aber Bumi sonst, ist einfach der gewesen, der Sack. es hat mit Chop Suey angefangen. Es hat mit Job Suey angefangen, wie ich glaube, so viele Leute. Oder Voll. einmal, keine Ahnung, eben von wegen, wake up! Das sind wir Voll. wieder auf Full Circle. Wo ist quasi, was hat dich nachher so also Vocalist zum Beispiel da, siehst du als Inspiration oder fucking, findest du so cool, okay, ich will das auch machen. Ich kann. Also ich habe schon relativ. Eben meine Mama hat immer wollen, dass ich singe, aber ich habe irgendwie nichts mit dem am Hut gehabt. Mhm. Deswegen habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Ja. Macht hure Sinn. Ja, Mann, das macht Hätte schon ich auf Sinn. meine Mami gelost. Wenn du nicht willst singen, ist es am weitesten weg davon. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich. Eben, ich habe halt hure viel von diesen Bands gehabt und ich habe so zuerst an das Screaming so gar nicht gecheckt und überhaupt nicht gefühlt und so. Und dann habe ich so Memphis May Fire zum Beispiel entdeckt. Falls das irgendjemand noch kennt. Ja. Ich glaube, die gibt es immer noch. Ja, glaube Aber ich glaube, es ist inzwischen. Also, mal eigentlich immer noch der gleiche Sound, aber einfach, das klingt wie jede andere Band Das ist jetzt. immer noch der gleiche Sound. Ja, also entsprechend, eigentlich das, was jetzt alle machen, ist das, was Memphis May Fire schon vor langer Zeit gemacht hat. Coldplay mit Double Bass. Basically. Aber auch halt Screams. So, Imagine von innen, Dragons mit Double Banger. Bass. Imagine Dragons in Coldplay. Fair. Aber Imagine Dragons hat auch. Ich finde, I'm a Imagine Dragons Apologist für seine Vocals. Ich finde seine Vocals fucking sick. Mhm. Imagine Dragons finde ich vor allem real, weil sie amigs einfach so ihre Konzerte zu spät angefangen haben, weil sie noch League of Legends haben müssen fertig zocken. Alter, aber I mean, und natürlich bekommen sie nachher so Deals, dass sie in Arcane dabei sind und Ja. so scheiße. Also fair. Sehe ich. Das ist ja wieder der Henry Cavill, der fast nicht Superman geworden ist, weil er am World of Warcraft zocken ist Fucking gesehen. Legend. Fair point, Alter. Er hat Priorities set straight. Fucking Henry Cavill, der bei Witcher rausgerührt wird, weil er zu sehr am Umnerdig war und gesagt hat, Ja. das ist aber nicht wie im Buch, So das ist aber nicht wie im voll. Buch, das ist aber nicht wie im Buch. Aber er hat so recht, Alter. Wie- ich habe es wie nicht geschaut, aber ich Ice- höre alle sofort. Ja, Nein. seit er nicht mehr dabei Eben, ist. wie ist fertig. Eye-Firing einfach eine Franchise so am Boden geleitet hat. Ja. Henry Cavill ist schon... Ich bin nicht Fucking gay, aber King Henry of the Cavill Nerds, hätte... Alter. Ja, legit auch. Ich bin nicht gay, aber Henry Cavill hätte eine Chance. Ja. Das habe ich eben so mit Youngblood. So von. Ja, auch. Ryan Reynolds, Nein, Nee. mega viel findet der mega so, aber Viggo irgendwie Mortensen. einfach wegen so wegen einfach so Deadpool. als Kollege so von scheint cool zu sein, ich habe aber auch schon viel negative Scheiße über ihn gehört irgendwie in letzter Von wem? Zeit. Einfach es gibt überall so Von Drama, Viggo? dass er scheinbar halt nicht so nice ist und set Zu Viggo? Wie? Viggo Mortensen? Niemand ist beim Viggo Mortensen, Ricky. Kannst du Ryan deine Reynolds. kannst du die Ryan alten Reynolds, Männer ja. selber behalten fuck dahin? that, Viggo Mortensen, Alter. Ja. Fucking G. Fuck, wer ist das schon? Oh, der Aragorn. ja, Aragorn. Voll, Ja, voll. Fucking Fair.
Der ist auch... Fucking Vorbild. Alter. Ja, das ist gut. Eben, was hast du sonst noch so abgesehen von Memphis Mayfire? Also das hat mich nicht inspiriert, aber es hat mich so gezeigt, also von, du kannst das machen und singen. Mhm. So, was fickt deine Stimme nicht per se. Und dann habe ich das auch mit ihrer Mom gezeigt, so von, musst mal schauen, wenn die so singen, dann machen nicht per se ihre Stimme kaputt, wenn sie wissen, was sie machen. Ich habe natürlich... Ich halt schon. Ich habe das nachher nicht gemacht. Ich habe nachher einfach angefangen, ins Mikrofon hineinzuschreien. Und ich habe zu dieser Zeit fucking Infinite Annihilator mega gefühlt. Ich bin richtig auf der Deathcore-Wave gewesen. Thyard halt mega gefühlt, so der CJ, seine Voice mega. Ich habe nachher überhaupt nicht die Art von Vocals gemacht, weil ich nicht gewusst habe, wie. Habe dann eine Art von Growler angenommen, wo halt eher so das ist, was sie so bei Slam brauchen und so Peeling Flash. Alter, Peeling Flash, fucking Legend. So sättiger Scheiß. Aber das hat meine Stimme auch kaputt gemacht. Dann habe ich aber da False Chords gemacht, die mich gefickt haben. Aber halt so richtig Inspirations habe ich in dem Sinn eigentlich nie gehabt. Ich habe einfach etwas gemacht, was mir halt noch gefallen hat und wo der Band auch irgendwie gefallen hat. Einer, der mich wirklich inspired hat, ist vor allem der fucking Darius von Spite. Der Sänger. Er ist so ein Tier und hat auch so einen wilde Voice, wo halt, du hast halt richtig so... Das Gefühl, es geht jetzt etwas kaputt er ist rein. wirklich fucking hässig. Ja. Es ist wirklich so psychotic. Es ist insane gewesen. Und ich habe das so gedacht von, ja, es gibt so mega insane Vocals wie der Dickie Allen oder halt eben jetzt zum Beispiel natürlich der, wo von dem alle schnurrt, der fucking, wie heißt der? Der Lorna Shore Boy. Ja, der Will Ramos. Findet auch alle mega krank und so, aber das liegt auch einfach an Lorna schon selber, weil sie haben 3 insane Vocalists gespawnt. Der von Spite hat so eine Dangerous Stimme, so wie Ja, King, ja, King der 810 zum Beispiel auch, oder? Bits auch. Ja, oder, Ja, voll. Oder der Bruder von Comeback Kid, wo du einfach immer so das Gefühl hast, es geht jetzt dann irgendetwas, irgendwie geht es jetzt dann gerade kaputt. Das ist halt einfach die emotional fucking shit, wo er rausspeuzt. Und das finde ich einfach, das hat so einen Grittiness. Ja. Das ist richtig so von, oh, das... Ja, Spite ist einfach richtig spürst- grusig. Ja, es der ist hat halt grusig. so Spite God, Motherfucker! So, der Ton, aber das macht jetzt leider nicht mehr so viel. Aber fucking, wo ich EID zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, also von Holy shit, it's happening, praise the Lord. Oder praise Lord Satan in that matter. Aber das habe ich wirklich gedacht, okay, das ist fucking dope. Das Oder will ich auch können. wenn der Song so hart hit, dass du gerade einen schwarzen Priester wirst, Alter. Einfach legit. Fucking. Preach! So, Bro, is Also, spitting. du könntest einen Robert Downey Jr. bringen in Tropic Thunder. No, Schuhstopp. Also mehr rein von dem schauspielerischen Talent her. Man merkt schon, du bist chronically online. Das ist sowas von. Also, ich versuche es mega in Grenzen zu halten, aber ich bin halt schon so lange online, dass ich halt, it's there. Aber ich bin ein Millennial, der extrem Zoomer ist. Voll. Also, ich habe auch voll ADHS. So Also ich glaub- Puls mir. Ich glaube, du bist einer von den wenigen, die meistens von den References bekommt, die ich amix rühre. Ja, So von Internet-Shit. ja. Ja, das ist Ich wirklich meine, ich kenn so Trivia, Alter, Hit Me, und ich will jetzt wahrscheinlich Oh wissen. mein, du bist sicher auch ein fucking 9-Gag-King gewesen. Yeah, of Ja, course. Beste. Aber weißt du wieso? Weil Instagram viel zu viel Daten braucht auf meinem Handy und ich halt nur eine bestimmte Menge. Und 9gag ist so compressed gewesen, ja. dass ich halt etwa den ganzen Monat lang auf dem also auf dem Weg Ah in ja, die stimmt. Schule. Früher hast du nur habe ich 1 können- Gigabyte Internet gehabt, das ist scheiße. Und dann habe ich 9gag schauen, weil das hat halt lange nicht so viel Daten gebraucht. Und da hast du auch ausschalten, dass es Videos automatisch laufen und Voll, so. ja. Dann habe ich immerhin Bilder habe ich einfach können anschauen und so. Aber im Moment, dass ich dann Internet hatte, Also, das ist ich wünsch mir 9gag die over Memes- gewesen, weil 9gag ist so ass geworden mit der Zeit. Ich Ja, wünsche mir voll. die Memes zurück. 9gag und YouTube sind beide ass geworden. Ich wünsche mir die guten alten Memes zurück. Mit dem, was ist es wieder, mit dem Hippo? Das ist, oder der Bingo. Du meinst, oh fuck, wie Der heißt Bingo, das mit dem roten und dem blauen Bingo. Oh, halt So, die wirklich. Also you go die, on a blind mit dem date, Pinguin, you ja, go on a also blind mit dem date, Rot- you go mit on dem a Rot blind date, it's your Hintergrund, cousin. Halt You live in wirklich Alabama. so fucking Rage-Memes und so. Also ich The bin, Confession Bear. ich bin auch noch, das ist auch noch, ich bin noch in einer Guckenmusik. Ja. Also ich bin schon ein Zeitchen lang passiv, ich bin nicht mehr gross dabei und so. weil ich habe gar Wer keine in Zeit. Luzern ist nicht in einer guten Musik. Ja, legit. If you're not in a Guckenmusik, where you at? Und dann wahrscheinlich an der Fastnacht. Keine Ahnung. Aber dort habe ich halt auch Schlagzeug gespielt und so. In jedem Fall, wir haben mal irgendwie
Sujet Schiff gehabt und nachher meine Guckenmusik ist absolut wild. Die haben nachher legit halt so Boote gebaut, die sie nachher so um sich herum haben und so. Und wir am Schlagzeug haben halt nicht so ein Boot gut können bauen, weil wir haben halt schon die Küche gehabt. Und dann sind wir einfach als Matrosen gegangen. Und nachher haben wir, mein bester Kollege und ich, haben halt so die Rage Faces, weil das noch volles Ding war, haben wir als Grinde bastelt, halt mit den Rage Face Expressions. Er hat das so, Das ist der OG, das, wo der so, OG-Meme. halt so der so ausrastet, halt legit das Rage Face. Das ist wirklich der OG-Meme. Das ist der erste Meme, wo ich mich erinnere. Ja, genau. Ja. Aber das sind auch sind die ersten Memes Fucking gewesen. Trollface, all der Scheiß. We all know it. Bring it back. Und ja, ich meine, es ist basically so, du siehst ja immer wieder so fucking Edits mit Trollface und so. Und ich denke mir so von, we're going full circle. History repeats itself. Ja, voll. Also es ist halt geil, weil also ich finde, früher ist das Internet basically so gewesen, so von, du hast ein Meme gehabt und nachher hat sich das entwickelt und dann irgendwann ist ein Wall gekommen. Und nachher haben die Leute angefangen, ein bisschen mit dem ein bisschen Meta-Memes zu machen. Und nachher ist wieder meistens irgendetwas Neues gekommen. Inzwischen ist so viel Shit online, wo fucking funny ist, dass es gibt einfach es gibt nur noch so ab und zu einen Trend, aber es ist eigentlich meistens gar nicht ein riesen Meme oder so. Aber da gibt es einfach los, Alter. Ja. Plus nachher ist der Internet Theory, dass quasi meistens vom Input halt von Bots ist und von AI und so. Irgendwann wird es so sein, ich bin auf der einen Seite mega sad, auf der anderen Seite denke ich so von Halleluja. Ich glaube, das bringt Endlich uns können wir nachher wieder auch zurück offline in der sein. Straße und miteinander reden. Legit. Ja. Ich denke so von, irgendwann sind die Leute auch einfach wirklich so von, Alter, Wenn what the fuck am I looking at? Wenn jede Internetseite ist wie LinkedIn, Alter. Nein, ich sehe teilweise so wie bei recht jungen Leuten, dass sie quasi Handys und Internet teilweise so wie Ziggis sehen. So wie, Bro, Ja. das ist Social Aber Media. legit. Fucking gefährlich. Das ist das. So, mein Dad hat immer gesagt, also, pass mega auf mit Drogen und so, weil ich ha legit jemanden in der Familie, den ich nicht kennengelernt habe, weil er drogenabhängig ist. Ja. Also er lebt irgendwie in fucking Portugal oder so. Ja. Und ich halt nie kennengelernt. Und das ist halt eben, es hat halt mega so ein bisschen die Angst gehabt, so von, eben mein Vater hat sehr, sehr, sehr lang geraucht, ist früh abhängig geworden. Mhm. Aber niemand hat sich natürlich irgendwelche fucking Gedanken gemacht um Social Media. Ja. Und of course brauchst du keine fucking Drugs mehr heutzutage, weil du hast es ja always on your fucking in der Hand. Also das ist ja nicht etwas Neues. Ja. Aber das ist einfach immer wieder etwas, wo ich denke so von, Alter, wir sind literally fucking drug addicts. Ja. All of fucking us. Also, und deswegen so von, so imagine how your fucking brain is working. Klar, es ist ein bisschen different. Es ist nur ein bisschen ein Hit. Mhm. Aber es ist trotzdem so von, ab dem Moment, dass du dein Handy weglegst, bist du wirklich auf einmal so von, Also- so, das ist wie in einem Film, wo so auf Aber einmal ich- so von unplugged sind und nachher so von, wow, what the fuck, so Wall-E basically. Kennst du den Moment, wo irgendwie machst du Instagram zu, gehst irgendwie aufs YouTube-Video oder so und nachher stehst du auf, machst du gerade Instagram automatisch genau. auf, so wie, Ich hä, habe ich bin gerade da gewesen, what the fuck? für das extra eine App installiert, die halt das blockt. Ja. Und dann muss ich zuerst mal 30 Sekunden lang warten, bis ich Geil. die App auftun kann. Geil, ja. Und bis zum Punkt, dass ab und zu blocke ich einfach alles, dass Ja. ich gar nicht rein kann. Für einfach einen Ja, Tag. voll. Weil ich habe so Cycles gehabt, wo ich irgendwie 10 Minuten lang das gleiche gemacht habe. So YouTube aufgemacht, etwas geklickt, Instagram aufgemacht. Dann denkst du Auf von, YouTube. stopp, Alter. Und irgendwann ist so und wie, was habe ich eigentlich machen? Ja. So, what the fuck? Ja, und es ist horrend. Ich Ja. meine, eben mit meinem Hirn, ich will irgendetwas suchen auf Instagram. Mhm. Ich mache Instagram auf, mit dem Ziel, das zu suchen. Oh. No chance. Du findest ja nicht- Ich das ist gehe auf schlecht. Suchen Aha. und dann hast du etwa 3000 fucking Sachen, die Ja. da unten dran Aha. angezeigt werden, die alle genau auf deine Präferenzen abgestimmt sind und du bist Voll. einfach so von Ass and Titties. Reiz überfluten und du bist so von, okay, Ja. was habe ich schon wieder wollen? Keine Ahnung. Und dann gehst du wieder Das raus, passiert oder- mir mit YouTube. Ich sehe, dass Magnus Mitbo ein Video released hat. Und ich klicke drauf und so, egal was ich machen will, am Schluss bin ich ein Magnus Mitbo Video am schauen. Fucking climbing shit. Ja. Bei mir endet es jetzt immer wieder bei Amerikanern, die obsessed sind mit dem Schweizer Militär. Full circle. Die haben das Gefühl, wir sagen der gottverdammte Elite da rein. Das sind wir auch. Schau uns an. Ich habe nicht mal einen Schweizer Pass, Alter. Let's go. Ich habe mich geoutet. Scheiße, Ich jetzt zahle die 2000 Stutz nicht. kommen wir einen hohen Hass über da. Aber sonst so, abgesehen von der Musik, sonst, was bist du am Ingest jetzt für Content und so? Jetzt gerade. So Podcasts und fucking. Ich bin ein bisschen so auf dem Trying to keep myself alive Trip und Mhm. ich höre sehr viel auch so. Ich habe so den Lex Freeman habe ich ein bisschen Ja. für mich entdeckt. Den kennen natürlich gefühlt Mhm. alle, die keinen Bock mehr haben auf den Joe Rogan, weil er Ja. ist einfach, er hat die coole Gäste, aber führt
gute Gespräche mit ihnen, ohne dass er fucking auf irgendeine fucking Tension geht, It's wo different. überhaupt nichts damit zu tun hat oder It has so. changed. Ja, und also Ja. es ist mal, er hat mal wirklich coole Interviews gehabt mit Gästen, wo ich dachte so von, holy shit, das ist fucking dope. Aber at this point ist wirklich einfach so von, Alter, the fuck are ja. you doing? Bro, ich höre Rogan seit 10 Jahren, Alter. Ja. Und jetzt ist so wie wirklich, nur wenn es so mega, so wie es nur um Stand-up geht, Ja. machen die auf. Weil teilweise ist es so wie, ich bin nicht sicher, ist das ein Wissenschaftler oder ist das noch ein Ja. anderer Dude von bis. Ja, es ist einfach, es ist mega Hit or Miss. Und, Ja, eben so, und da gibt es den Modern Wisdom, der macht auch, Ja. der finde ich super. Der Der gefällt macht, mir auch, ja. der fragt hure gute Fragen und Mhm. er hat auch wirklich mega diverse Gäste und wo halt Topics bringen, Mhm. wo du denkst so von, Voll. und of course, Ist ein Korbrudi, by the way. ja, er Ja, redet die ganze Zeit über ja. fucking Sleep Talk. Und Er ich dachte so von, hat what? er hat ja eine Core-Band vor kurzem gehabt. Ja, Emo-Band. Wie heißt es nochmal? Ja, fucking, so eine, die schon ja, ewig ja. rum ist. Fuck, die sind auch bei Downbeat gewesen. Ja, gerade vor kurzem. Ja. Ich habe den einfach vergessen. Eine Choreband, die ewig rum ist und bei Downbeat Der ist. Schlagzeuger singt, Voll. clean, hat lange Haare. Voll. Die haben so ein Hit gehabt, 2002 oder Die sind so so. fucking, die sind huge. Ja. Ja, Huge. nein, nicht Enter Shikari. Dann die anderen, die so Musik macht. Ja, es ist so, jein. Es ist nicht. Sie haben so ein Under Albumcover, Oath. wo so eine, Under so Oath. ein Under Oath, ja genau. Under Oath, Under ja, genau. Voll. Ja, die sind Ja dabei. gut, Under Oath und Enter Shikari Ja. ist relativ ähnlich. Ja, schon ein Glaub's. bisschen. Also nein, nicht, es Enter ist Shikari absolut, hat halt viel mehr es ist digitale nicht, Elemente. es ist absolut nicht ähnlich, aber es ist blöd gesagt die gleiche Musikrichtung. Ja, Oder, voll. Matt and Shane Secret Podcast. Honey, ich find Shane absolut, er ist der Comedian. Oder, Er aber, ist so gut. aber das Thema ist, Matt ist even funnier, Alter. Schon. Ich habe es Du eben bis gehst jetzt noch nicht rein richtig wegen, gehört. du gehst rein wegen Shane, du bleibst für Matt, Alter. Schon. Das ist mein weil früher war Rogan mein Favorite gewesen, Ja. und jetzt ist einfach fucking Matt and Shane. Alter. Ja, easy. Matt Ja, and Shane, fühle ich. fucking Fühl- best. Ich kann ihn nur empfehlen im Fall. Easy. Ja. Und natürlich der undefeated fucking the Downbeat. Ja. Einfach jede, wenn eine Folge rauskommt, consumed, Alter. Voll. Der Bruder ist ein Master Banger. Communicator im Fall, das ist so gut. Er ist so fucking Voll. funny auch. Es ist so gut. Und ich bin wirklich so nicht seit Anfang an, aber schon halt so lange dabei. Mhm. Und wie er sich halt entwickelt hat und jetzt so die zweite Season macht. Voll. So geil. So Quality. Mhm. Es ist einfach, es ist Entertainment pur und es ist immer so von, Alter, mach fucking 4 Stunden Podcast. Mhm. I don't care. Voll. I wanna hear it all. Mhm. Es ist so fucking entertaining. Und ich bin Ja, immer mega. sad, wenn es fertig ist. Wir sind schon Downbeat-Fanboys geworden. Ja. Der mit dem Dimo Burger. Nein, nicht mit Dimo Burger. Nein, du meinst. Du meinst Ja. nicht Children of Bottom. Nein. Doch. Nein, der ist Nein. nicht mehr da. Der, Ja. wo so Black Metal Gott, mega. der- die Briten. Der Black Fuck. Metal Brit. Ah. Black Metal. Ah, Der wie mit Ed heißt Sheeran Song. Ja, genau. Wenn sie release. Er hat damit Cradle Bring Me of the Filth. Ja, er hat damit Bring Me the Horizon und so. Ja, Wie voll, heißt genau. das wieder? Der Danny Phil. Danny Phil. Der ist Ja. fucking sexy. Ja. Das ist voll. sehr geil gewesen. Ja, keine Ahnung. Er halt immer so mega geil. Auch der Song von Orthodox. Also, es ist jetzt nicht eine insane Folge, gewesen, aber Mhm. die Folge mit Dying Wish, die neueste. Er hat ja etwa gefühlt 3 Folgen, wo Dying Wish drin vorkommt. Aber die Ja, neueste ja. ist so fucking funny. Mhm. Es ist so gut. Ich höre das dann beim Arbeiten. Und dann bist du bei einem Kunden irgendwie im Garten am Arbeiten und dann bist du einfach so. Es ist so gut. Und Garza Podcast, für Ja. die auch ein bisschen. Also, er macht ein bisschen regelmäßiger, Mhm. teilweise Zeug. Bin drauf gekommen wegen dem Paleface-Interview natürlich. Ja, voll. Bei ihm merkst du einfach, dass der Bruder früher ein bisschen viel gekifft hat. Immer noch. Ja, aber ich finde es mega cool, wie das. Es er ist super. Er ist mega wholesome. Es ist, Ja, ja. es ist authentisch. Du Es merkst, ist der mega Bruder ist auch ein authentisch. bisschen nervös und so, stolpert ein bisschen am Anfang Ja, ja. vom Podcast und nachher Ja, kommt er ja. rein. Ja, Das ist geil. Er hat sich scheinbar auch durch mega gemacht. Halt. Ja, so voll. viele Leute sagen das auch so von, ja, ich kann dich nicht wieder erkennen. So von, ciao. Er führt Kamera wesentlich tot. bessere Interviews wie mir. Kamera tot. Nein, Affe kann man ja tot. nicht tot. Das Wenn wir ist den nur- Brian dabei haben, führen wir auch gute Interviews. Sonst- Ja, Alter, von Holy fuck ist der Brian gut. Der Ryan ist insane. Ich habe im Fall, ich muss sagen, Der Ryan. sorry Brian, ich bin so nicht der grösste Fan gewesen von dir. Weil ich finde das halt so, Sali zusammen, wir sind jetzt da. Das habe ich zuerst so überhaupt nicht gefühlt, aber dann habe ich so ihn ein bisschen kennengelernt und nachher mal ein bisschen mit Podcast mit ihm Ja. gelassen und dann habe ich gedacht so von,
Alter, was für eine Legende. Brian, What, beste Mann. what the fuck? Brian ist mit Es ist schon Abstand ein der Character. Du denkst, es ist Ja, ein Character. er ist einfach so. Ja. Es ist Salut zusammen! Wenn du einen Brian anrufst und das Telefon anrufst, ja, da ist der Brian! es ist so gut. Wenn er es extra würde machen, dann würde es mir auf den Sack gehen. Einfach. Ja. Aber Es eben, gibt halt so einen Schweizer Radiomoderator. Ja, voll, und dann denke voll. ich so von, Dass der nicht im Radio schafft, ist eh das verfickte ist Schande. wild. Er muss wirklich ein Kennst eigenes du- Radiosender. kennst du das jetzt mal als Meme, nicht wie das Meme, aber das Video von YouTube, wo von einem Dude, der homeless war und einfach so eine Radio-Goldstimme hatte. Und nachher, weißt du, wie er mal im Radiomoderator war, in den Ja. so 60 oder so. Ah, und durch das Video ist viral geworden und zurück ins Radio gegangen. Ja, Oh, sick. das ist aber auch schon etwa 10 Jahre her, das Video. Oh fuck, oh shit. Das Video no ist way. etwa 15. Okay, ich muss jetzt zeigen, weil das ist für mich so der Brian, den ich ihn höre. Ja, das ist So, wirklich Bro, so, es läuft so eine Kamera, du da nicht. ja, ich muss Sie jetzt zeigen. haben so ein random-ass-Interview. Ich vergesse die wirklich so Memes ein random teilweise so Ass-Interview. fucking alt, man. Holy Haben sie shit. Mann und dann hast du einfach wirklich so Hello, we are und dann so, the Ja. fuck? Ich schick's dir. Aber fucking 2015 ist 10 Jahre her, weißt Ich glaube, es war sogar 13, 14 gewesen. du? Holy shit. Ja, So lange ist der Podcast. also die Zeit fliegt, man, ich schwöre. Ja, nein, es ist, also, ja, keine Ahnung. Ich find das. Aber ja, zum nochmal zurückkommen, auch auf Content Creation, Minecraft. Minecraft. Nein. Goldige Regeln. Wieso? Du hast mal gefragt wegen, wieso. Also, du hast gemeint, ich mache das gut. Danke vielmals, weiß ich zu schätzen. I try. Und vor allem, ich schaue meinen Content auch gerne selber. Das liegt nicht nur daran, dass ich mich gerne selber sehe und ab und zu halt so. Es nimmt mir auch Wunder, so von wie sehe ich aus gegenüber zu anderen. Aber wenn du den Content selber gerne siehst oder hörst oder keine Ahnung anschaust, sei das Podcast, Art, Musik, Videos, dann weißt du auch, dass es schon mal nicht schlecht kann sein. Und ich habe halt so eine riesige Präferenz für Content. If that shit is entertaining to me, I release it. Wenn ich es scheiße finde zum Schauen oder irgendwie es fühlt sich nicht gut an, dann schnipsle ich doch noch 20 Minuten länger dran oder so. Und that's how I do. Das ist der einzige fucking Rule of Thumb, den ich habe. Ja. Ich folge nicht irgendwelche fucking so von, oh, heutzutage mit Aufmerksamkeitsspanne, bla bla bla. So von, yeah, ich habe ADHS, es hilft. Ich weiß, wenn mich etwas nämlich nicht juckt. Das ist ein Vorteil, I guess, davon zu haben. So von, yeah, ich habe es selber. So, meine Aufmerksamkeitsspanne ist eh scheiße. So, wenn ich das Video gerne schaue, dann ist das schon mal so von, okay, das könnte funktionieren. Ja. Und entsprechend, ich bekomme mega viel gutes Feedback und das ist mega schön. Voll. Aber das ist einfach nur, weil ich mache es gerne und ich schaue es gerne selber. That's the fucking thing. Macht Content, wo ihr selber gerne habt. Wenn Leute irgendwie fucking eigenen Merch anhaben und nachher denkst du von, was für ein eingebildeter Typ, so von, nein, ich finde es geil. Ich mache es auch, weil ich es nice finde. Ich mache es, weil ich es selber gerne habe und so. Das ist der whole fucking point of it. Ich will nicht etwas machen, wo ich nicht selber unterstütze. Das finde ich fucking stupid. In meinem Spotify Rap Top 5 ist immer meine Band dabei. Ja. Fair. Also bei mir halt Artifiction ist top gewesen, aber das ist einfach, weil ich die ganze Zeit müssen Songs üben. Aber das ist etwas anderes in dem Sinne. Alter, ja, Taoist wird das ja auch mein Leben bestimmen, was das angeht. Ja, fair. Oh. Ja, ey, sick. Aber das ist eigentlich, wenn es niemand von euch etwas dagegen hat, würde ich das sogar als sehr schönes Schlusswort von dir verwenden. Er hat noch nicht von der fucking EP Ah, for fucking Artifiction hell. geredet. Brudi, es ist halt Okay. einfach schon 20 ab 11. Oh, Jesus, okay. Ja, es ist Aber eben, egal. Artifiction EP, Ah ja, der Artifiction AP, ja. Cocaine Bear. Cocaine Bear. Artifiction lost den Podcast, der hat sich einfach so Mann! I lost game Komm out, so zum for, bro, Punkt. speak. Tell us everything. Und A Lost Game. Okay, machen wir das auch schnell rum. Sure. Keine Ahnung, was wollen wir wissen? Neue Musik. Promote your shit. Also, wir haben eine neue EP draussen mit Artifiction. Das heißt Bear, hat 5 Tracks. Ist alles jetzt auf Bandcamp. Der erste Track, der rausgekommen ist, jetzt muss ich nicht den Namen verkacken, Rose Pavilion. Für den haben wir auch ein Musikvideo gemacht. Den habe ich, Erzähl mal von dem Prozess, von dem Video hast du selber gemacht. Oder? den habe ich selber gemacht. Das ist nämlich so gewesen. Sieht hure stabil aus für ein fucking self-made Danke, Video. Ja. danke vielmals. Eben, das ist halt eben ich habe so viel Content schon created, dass ich halt so ein bisschen weiss,
I am there. Ich bin mentally bin ich halt immer there. Und ich bin halt ein mega Perfektionist, was das anbelangt. Sprich, das Video hat mir etwa 50 bis 60 Stunden Aufwand gebraucht. Also ich habe das spontan gefilmt. Habe meine Freundin gefragt, yo, kannst du mir schnell die Kamera haben? Ja. Ich ein paar Mal filmen bei so Golden Hour. Da haben wir noch die Kamera eingestellt und ich habe vorher noch etwa 2 Stunden lang die Kamera halt mal ausprobiert, weil ich habe die ausgelehnt von Mark. Die hat er selber gehabt, ist auch eben Sony Alpha 6500. Okay, ja. Mit dem halt alle Einstellungen probiert, weil eben ein bisschen Ahnung von Kameras habe ich, aber jetzt nicht insane oder so, aber es ist immerhin etwas, was man kann brauchen kann. Mega. Also und entsprechend, da haben wir das gefilmt gehabt, habe ich am nächsten Morgen nochmal eine Story-Session gemacht, wo ich halt Storyteil noch gefilmt habe, einfach bei myself mit einem Stativ. Nochmal 3-4 Stunden oder so. Und ja, und dann habe ich aus dem, ich habe keine richtige Storyline gehabt, ich habe einfach etwas im Kopf gehabt, wo ich wollte und einen Vibe. Ja. Und ich habe so eine Idee gehabt, aber es ist mega viel, ist einfach so off the bat gekommen. Habe ich einfach gedacht, das passt da rein, das passt zu der Metaphor von dem, whatever. Fühle ich, sieht cool aus. Und dann habe ich habe ich das wirklich, das ist wirklich ein Scavenge-Project gewesen, weil halt eben teilweise habe ich Shots gehabt für den ganzen Track, wo über den ganzen Track hinweg gehen. Manche Shots sind halt eben in Double the Speed gefilmt, aber mit halt einer höheren Framerate, wo du es nachher halt Slow-Mo machen, aber ich trotzdem nachher halt Lyrics richtig mitsingen im Song. Hast du doppelt so schnell aufgenommen? Genau. Und nachher, da machst du hure schnell halt singen. Sick, ja. Das ist halt so ein Trick. Und dann haben wir, weil das Ding ist eben, wir haben schon für diesen Track ein Video aufgenommen gehabt. Auch mit dieser Kamera, aber mit der ganzen Band. Und wir sind einfach dort, wir haben so gedacht, so von DIY geht schon. Ich habe einfach schnell ein bisschen Linsen ausprobiert auf der Kamera. Wir haben so diverse Linsen gehabt. Und dann habe ich die alle ein bisschen ausprobiert. Und mein Fehler war, ich habe es nur auf dem Bildschirm angeschaut gehabt. Und dann haben wir einfach, we rolled with it. Haben den ganzen Tag geshootet im Bandroom. Einfach nur Performances und so. Nachher habe ich es auf den Laptop geladen und gemerkt, Alter, Footage sieht absolut räudig aus. Absolut falsche Lens genommen. Einstellungen sind richtig scheiße. Es hat einfach überhaupt nicht gut ausgesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, we have to scrap that. Wir können schon etwas daraus machen, aber es wird wahrscheinlich trotzdem nicht gut aussehen. Und ich weiß nicht, ob es worth the time ist, oder? Der Bruder von Mischa, der macht auch so Video-Stuff und so. Der kann schauen, das ist ein mega cooles Studio in Luzern. Der hat nachher hat noch etwas daraus geschnitten gehabt, aber eben, wir haben dann auch gemerkt, er hat es halt relativ schnell gemacht, einfach für uns, damit wir etwas haben. Und wir haben gemerkt, that shit looks wack. Ja. Und dann ist Plattentauf schon langsam am Kommen gewesen, und wir haben eigentlich den Track schon vorher releasen, hat aber dann nicht geklappt, eben wegen dem Video. Es ist alles ins Wasser gefallen, eigentlich unser Plan. Und dann habe ich gedacht, okay Jungs, hat morgen, weil es ein schönes Wetter war, hat morgen irgendjemand Zeit, um mir helfen filmen. Einfach so spontan, das war irgendwie am Samstag oder ich glaube es war am Samstag. Und es hat niemand können. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ist easy. Voll fair, alle haben schon Pläne gehabt und so. Ich meine, 2 aus der Band haben jetzt vor kurzem auch ein Kind bekommen und so. Ja. Das ist alles ein bisschen, alle haben ein bisschen andere Prioritäten auch gehabt und so. Also es ist immer noch mega viel Arbeit geleistet worden. Aber eben, da kannst du halt nicht so schnell mal einfach schnell halt weggehen. Das ist fair. Und dann habe ich das halt schnell gefilmt. Und dann habe ich wirklich aus dem einfach alles zusammengescrapt. Und halt einfach mit dem Video-Knowledge, das ich hatte, und halt einfach 3000 YouTube-Videos. Also nein, es geht eigentlich, so viele YouTube-Videos habe ich nicht geschaut. Aber nachher halt noch ein bisschen color graded am Schluss. Ein paar Sachen sind halt mega dunkel gewesen. Ja. Und das Objektiv, das ich gebraucht habe, und vielleicht auch schon mal fucking Werbung dafür bekommen, ist so ein billiges scheiß Oreo-Objektiv. Und das sieht jetzt nachher so mega wie so ein Video, so ein so Vintage-Dings. Ja, genau. Sieht das aus. Und nachher... das ist kein Scam, das Ding.
Nein, es sieht halt wirklich, that's what it is. Okay, Deswegen schick mal Link. Ich kann nicht machen. es ist glaube ich, fucking, es ist wirklich ein Stück Plastik mit einem Ja, ich Stück weiss, Plastik. ja, Es ist fucking, aber We get the same Das- Werbung, Alter. the secret sauce. Jetzt kommt's. Ich hatte eine fucking Vans Sonnenbrille gehabt und bei denen ist irgendwie an beiden Gläsern ist halt so aufgesprungen. Und dann habe ich eins von diesen fucking Sonnenbrillengläsern genommen und habe es mit so Malklebe vorne dran noch draufgeklebt, damit es halt einen Filter hat. Und mit dem habe ich nachher gefilmt gehabt. Sick. Und dann halt einfach eine mega tiefe ISO. Man hat halt auf dem Display basically nicht gesehen, was man filmt. Und dann habe ich das nachher aufgenommen und das hat den ganzen halt Look gegeben. Interessant. Und ich habe halt ich habe ewig an dem Video nachher umgeschnitten. Also es ist fucking, es ist 50, 60 Stunden. Hätte ich wahrscheinlich einfacher machen können, hätte ich das auch ein bisschen gescheiter geplant, hätte ich ein bisschen klarere Shots gehabt. Ich habe halt wirklich die ganze Footage habe ich reviewed. Und ich habe jeden Shot dann etwa so 3-mal gemacht, damit ich sicher eine Hand noch gut ist, weil ich kann nicht selber nicht sehen beim Filmen. Ja. Und so habe ich das nachher halt irgendwie einfach fucking zusammengeschnipselt. Mhm. Und ja, also, und das ist, wie es rausgekommen ist. Ich habe noch den Erik, nein, das ist nicht true. Ich habe meinen einen Kollegen, den Lou, der hat die beide Musikvideos für A Lost Game gemacht. Der Lou.prd. Genau. Das ist halt, mit denen habe ich eben Beyond Understanding gehabt, meine erste fucking Deathcore-Band, wo wir nie etwas released haben. Er ist halt eben, das ist der Sänger. Ah, ohne Scheiß. Und er ist ein insane Vocalist. Und er küsst. Und ja, er hat Sind wir an der Creepy Kid Party gesehen? ja, genau. Und er, eben, ich habe ihn einfach mal einen mega rohen Schnitt schon mal geschickt gehabt und dann halt gefragt gehabt, so von, ja, was haltest du von dem? Hast du mir ein paar Tipps? So, der Teil ist noch nicht gemacht, den kannst du ignorieren. Mhm. Und er hat mir halt noch ein paar wenige Tipps gegeben und so, aber ich gemeint, es sieht schon voll nice aus. Mhm. Und dann natürlich einfach versucht überall ein bisschen, eben beim Erik habe ich auch versucht, noch Feedback reinholen und so, wo es nachher released war. Und noch ein paar andere Leute halt so gefragt, so von wie sie es finden und irgendwie niemand hat irgendetwas Negatives auszusetzen und ich bin wirklich so von I guess it worked. Ich muss wieder nochmal schauen, jetzt, wo der ganze Behind the Scenes Also das Einzige, was ich wirklich nachher haben müssen, fettes Tutorial schauen, ist für den Titel am Anfang. Mhm. Dass es halt so den Effekt hat, den es hat. Es hat so Ja. einen lustigen Effekt drauf. Ja. Aber es ist, ich meine, es hat keine crazy CGI. Es mag nicht mithaben mit irgendwelchen modernen Videos. Ich meine, du siehst das von zum Beispiel, wo Drill gerade vor kurzem rausgelassen haben. Das Oh, ist- insane. das ist Insane. so Holy geil shit. gemacht! Aber das sind halt Ja. auch Leute, die haben halt auch wirklich, ich meine, eben, der filmt halt auch jemand effektiv das Video. Ja. Das hat wahrscheinlich eine Vision dahinter. Eben auch mit dem Lou, wo das Video für Lost Game, wo wir gemacht haben, für die River Styx. Ja. Insane auch rausgekommen. Ich meine, du siehst halt auch mega, was er für einen Step Ja, gemacht hat. klar. Wir haben eben unser erstes Lied, das wir jemals released haben, A Lost Game, bei A Lost Game. Das hat auch er gefilmt gehabt und du siehst halt so mega den Jump. Also die Videos die kannst du nicht miteinander vergleichen. Also ist auch mega geil. Also ich habe mega Freude. Ich kann das glaube ich jetzt auch bald professionell machen und so, wenn alles klappt. Also einfach Vollzeit. Ja. Also es ist insane, was der Typ alles Mhm. bringt. Aber eben, es ist mega cool, so jemanden noch zu haben, der halt so ein kleines Auge dafür hat, was halt auch so mega lang macht, wo er auch noch zu bestimmten Sachen ein bisschen Feedback geben kann. Oder? Also es ist mega, also wenn ihr irgendwie Leute kennt, wo das Zeug machen, aber ihr selber auch so etwas mal selber producen, Mhm. fragt nach denen ihr Feedback oder Voll. Meinung und fragt fucking hart auch, wenn Live-Shows, alle Kollegen sagen einfach, ja, ist cool gewesen, das bringt dir nichts, frag so von, was kann ich anders machen, was ist dir aufgefallen, geht fucking Feedback reinholen, damit eure Show besser wird. Weil sonst habt ihr immer die ganze Zeit das Gefühl so von, wir sind so gut, weil alle sagen, wir sind cool, aber eigentlich sacken ihr vielleicht Ass. Oder vielleicht müssen sie es sagen. Ja, also no front. Ich finde es einfach mega wichtig, dass man weiss, mit was man macht. Oder film dich selber irgendwie bei einer Live-Show. Generell lass noch irgendjemand auf das schauen und hol dir irgendwie kritisches Feedback oder so, womit du nachher kannst arbeiten. Oder einfach Releases. So wie mir mit Cassaside, mit Taoist. Einfach in den Wack, einfach Probe aufgenommen, YOLO halt. Ja. Zusammengeschnitten, Pam. Aber das hat auch seinen Charme. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist ja. auch, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht insane aussehen. Genau. Vor allem heutzutage, viele Leute haben einfach gern, wenn es etwas mega rohes ist. Voll. Wo halt nicht mega
crazy Production dahinter hat. Und die Alternative ist ein fucking Visualizer. Who the fuck wants to see a Visualizer? Ja. So. Und das Gute ist auch eben DIY Spirit, let's go. Und auch, hey, nimm es als Chance, um auch können ausprobieren und Ja, mega. daraus lernen, oder? Und Das habe ich auch ich schaue gemacht. irgendeinen Scheiß mit der Handykamera aufgenommen, lieber als ein fucking Visualizer mit fucking Waveform. Ja. Sagen die von Alpha Wolf haben das auch gesagt. So, sie haben teilweise mega krasse Live-Videos, hure krasse Production haben und so. Aber nachher die Live-Videos, die immer fucking viral gehen, sind einfach ein Handy, wo hinten auf der Stage irgendwo halt am Filmen sind, Ja. wenn er halt irgendeinen fucking Move macht oder so und alle so von, das ist actually echt. So. Das sieht nicht nur einfach cool aus auf den Videos, sondern Oder er auch- actually does that. Dings, also, und das bin ich selber viel am Konsumieren, ist Live-Videos. So weißt du, die Hardcore Live-Shows und so, wo einfach mal ein Dude mit der Kamera macht und bekommt vielleicht ein Mixer-Audio Yeah. und so. Ja, ja. Weißt du, Hate Media oder wie heißt Oh, das? Hate 56. 856. Alter, die und, sind und so, das ist so geil es gibt so zum 3 Schauen. grosse, wo die Shows machen. Ja. Und Audio Tree und so Zeugs. Ja, oder? ja. Und es ist so insane, wie viele Bands auch ich durch das gefunden habe. So Orthodox habe ich auch durch so ein Live-Video gefunden und so. Ja, voll. Und HC Mega Band geil. und so. Und ich auch so, what the fuck. Oder Leute, die noch nicht orthodox hören, what the so fuck gut. are you doing? So gut. What the fuck are you doing? Aber ich muss sagen, der Bruder hat die Persönlichkeit von einem Peanut im Podcast im Fall. Also ich finde, er ist totally fine, aber ich Ja. glaube, er hätte so andere Leute in Podcasts können holen von dieser Band. Wahrscheinlich. Ja. Also weißt du, merkst auch so, er ist chronically online. Das ist in dem Sinne noch funny. Ja. Aber holy shit, also einer der besten und funnysten Podcasts, wenn es um Musiker geht, ist wirklich Garza Podcast mit Peeling Flash. Oh mein Alter, die Gott. Folge ist so Ich fucking habe es vor funny. einer Woche Alter. nochmal geschaut. Das Die ist ist- so... Eine von den wenigen Folgen, die ich mehrmals geschaut habe, ist einfach so Alter, fucking funny Alter. ist. Die Dudes sind insane, das ist halt Alter. wirklich so eine Friend Group. Alter. Das ist so toll. Pause, Bro. Pause! Ja, jedes Mal! Ich kann das noch nicht kennen. So, Alter, die Jungs sind so... so fucking Wenn hilarious. jemand chronically online ist, dann Alter. fucking Peeling Flash. Ja, insane. Oder Alter. der Bella ist am einpennen, der arme Alter. Kerl. Nein, ich habe einfach gerade sogar ich habe so alles, was ich da in den letzten 3 Minuten Ich geschaut schicke habe, dir ich so, den, der I have ist no- insane. ich habe gar keine Alter, gesehen, die der Brudi Uhr ist Firma. einfach- Mann. Plus, Alter. die Brudi ist einfach am reinrauchen wie Sau. Es ist Alter. der Weißt du, Mensch, wie wie viel... fucking bekifft, dass die Heiben sind. Die ganze Constant. Zeit, Alter. Und einfach so... Und sie haben so eigene Lore entwickelt. Ja. Und es ist insane. Einfach so... Er ist so wie Brainrots live. Das ist so crazy. Wie heißt der die Tracknames, Alter? Fucking Alter, der Ricky- Death on Speed Dial. Der Ricky hat einfach ihr scheiß Outro vom Album laufen lassen als Ja, letztes Joy Song. Diaz ja. Outro. Habe geil, eine Alter, Party Alter, einfach gebracht, so... ja. Alter. Also, wirklich, Ja. ich bin von der Bühne oben, habe mein DJ-Zeug zusammengeräumt und dann höre ich einfach den Joy, wie heißt er? Joy Diaz. Der Joy Diaz einfach umschreien, Stay Black! Nein, also, wenn ich etwas kann sagen, ich habe noch ist, nie so viel verwirrt. hey, ich habe eine Party in Hartbrück als DJ Peeling Flash laufen lassen und nachher den Peeling Flash Outro mit Joy Diaz. Ja, Das geil. ist geil. Und die Leute haben es gefeiert. Geil, ja. Sie sind alle verwirrt gewesen, ja? Ja. Ja, aber die Dudes sind auch einfach, weißt du, du denkst so von, sie sind einfach fucking Meme-Lords und Chronically Online. Aber die Dudes sind auch extrem real. Ja. Sie sind so real zu ihrem Craft. Sie machen alles von Hand, basically. Das ist Peeling richtig Flash, sick. Peeling Flash, der Bug hat mir gekittet, nachdem der Rob Scallon das Video mit denen gemacht hat, wo sie quasi so den Process behind Slam, wie Slam erklärt haben. Und er hat bei mir einen Klick gemacht, wo sie gesagt haben, weißt du, alle wir haben so in serious Death Metal Bands gespielt. Ja. Und ich habe gefunden so wie, man, just for Machen fun, wir einfach whatever the irgendeinen fuck, Scheiß, ja. YOLO, Alter. Ja, genau. Und nachher auch, sie haben ja so einen Kontrolle-Check, so wie, wenn der Breakdown dich nicht zum Lachen bringt, weil es so fucking ridiculous Ja. ist, dann ist es noch nicht gut Dann genug. ist es noch nicht Oder? gut, ja. Und ich in dem Moment so, okay, und nachher, seitdem Peeling Flash im Fall, die ganze Ferien nur Peeling Flash am Hören gewesen. Ist so Ja. gut. Ich habe so vorher, weil ich habe sie auch schon kennt und ich habe so reingelassen und ich so von, Aber nachher habe ich den Podcast gelost und das habe ich so oft, ich höre den Podcast mit irgendeinem Artist und dann auf einmal ist so von, oh, jetzt check ich die Musik. Ja. Ja. Und dann ist es so geil zum Reinlassen. So auf einmal checkst wie die Leute denken und du bist einfach so von, oh, das ist sick. Ja. Das ist richtig krank. Kenn ich. Das ist so geil. Mhm. So viele Bands, die das entdeckt. Mega. Eine Band, die ich allen, die insane hässige Musik noch geil finden, fucking Orphan. Orphan. Alter, der Sänger ist, also es sind 2 Sänger. Mhm. Der eine macht so Lows Mhm. und es ist wirklich, es ist so Mental Asylum Deathcore Geil. Beatdown.
Okay. Es ist wirklich. Nein, der Sänger tönt, als ob er fucking einen Mental Breakdown hat. Also der schreit wirklich halt so on the top of his fucking lungs, Alter. Geil. Es ist wirklich. Also wir haben sogar halt das Meme in unserem Discord von meinem, also einfach der Discord, wo ich drin bin. Aber fucking. Ja. Geil. Nasty, Alter. Yes. Ah ja, geil. Ja, es ist einfach so. Ja. Es ist insane. Es ist absolut insane. Das ist check so ich nachher geil. ab, ja. Also kann ich sehr empfehlen für alle. Das hat mich gerade noch mal an Spite erinnert. So von, das ist same, das habe ich das same Experience gehabt. Ich dachte also von, oh, Ich glaube, wow. ich lasse nachher gerade Spite auf dem Highway. Einfach. Ja, muss ich auch. Ich muss auch noch irgendwie Ich würde sagen, heimkommen. Alter. wir machen mal eine Folge mit dem Donna und den Damis Nein. über Internet Culture. Ja, aber dann gehen wir zwei einfach Bier trinken und die zwei können da, die zwei können übernehmen. Wir haben mit der Lost Game haben wir im Senkelstanz gespielt, zusammen mit Sonar. Und ich habe so lange mit dem lange ist jetzt übertrieben, aber ich habe recht lange mit dem Donna im Backstage geschnurrt, weil ich kann einfach sagen, so von, Alter, die Folge, wo du drin bist, bei Metal Sevala, top. Ja. Beste fucking Metal Sevala Folge. Period. Die erste oder Einfach- die zweite? Nein, zweit ist wahrscheinlich gewesen. Ich glaube, es war die zweite gewesen, ja. Weil du hast geschrieben, du hast gesagt, so, Ist der Luca auch dabei gewesen oder nur der Nein, Donna? es ist nur der Donna. Ja, dann ist die zweite. weil du hast mir geschrieben und gesagt, so, oh, Donna ist stabil. So. Es ist insane. Der Dude ist so real. Ja, Er das ist ist Story, so genau. real. Der Dude ist vor allem so jung. Ja. Ja, Ja. aber er ist Spitting Facts, Wie Alter. kann der literally- sein, also über reifer sein wie 45 wir? ist wäre. auch nicht, Alter. Ja. Wie kann der so viel reifer sein wie wir, aber gleichzeitig so viel Er jünger? ist einfach so on the cusp of einfach er ist so, wie kann ich sagen, Keine Ahnung, ich kann dir nicht helfen. ich habe Er meinen ist ein Gedanken verloren. Genius. Voll, aber er ist einfach genau an der Edge of Technology in dem Ja. Mindset, in dem einfach der Understanding of Culture. Ja. Er checkt es halt auch. So, Ja. er ist voll in it. Und ich check es nur in Content Creation Tech. Aber halt so von, eigentlich habe ich keine Ahnung, was Leute gerne haben. Und ich denke immer so von, ab und zu habe ich so einen kurzen Moment, so von, wo ich etwas gesehen und ich denke so von, oh, das ist wieso es funktioniert. Und nachher willst du es irgendwie replicate, aber Aha. du kommst einfach nicht auf den Das ist eben das Problem, aber- du darfst es nicht voll- replicaten. Nein, weil aber in dem Moment, halt wo so du von, es wie mache ich nachmachen genau so etwas? Voll. Und dann bist du einfach so von, Ah, ja. kein Aber das- blasser Aber Shit. deswegen sage ich dir, dass dein Content Game so gut ist, weil du verstehst den Zeitgeist, oder? I think. Und bist in Sync mit dem und dann mehr so, oh shit, der wieder checkt. Er ist in Sync, Alter. In Sync mit dem Ah. Zeitgeist, Bruder. Ja, voll, und deswegen sage Lyric. ich, weil ich bin auch chronically online und so wie, er kennt so wie, oh shit, das ist Ja. gut. Das ist wie geil. Ich habe langsam das Gefühl gehabt, ich sage schon zu viel online, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, ich bin gar nicht so viel online. Nein, musst du OSRS anfangen, Bruder. Was? Oldschool RuneScape, let's go. Nein, nicht RuneScape. Ja, ich will ja RuneScape anfangen, aber du schreibst alle 2 Wochen einen neuen Taoist-Song, den ich muss lernen. Fair, ja. Das Problem habe ich Das nicht. ist absolut deine Schuld. Voll. Easy. Ja, aber das ist verdammt gut. Das ist eine gute Folge. Ja, danke vielmals, ich durfte dabei sein. Also, Spaß es ist gemacht. fucking- Ich plane mal die nächste Brainrot Podcast Session mit dem Also Donner. wenn irgendjemand Interesse hat, just hit me up. Ja. Wenn irgendjemand will komplett kaputt geht, setzt den Donau noch da an und dann Ja, dann ja. haben wir es halt, dann ist es vorbei. Ja, dann Dann ist es gewesen. brauchen wir noch einen dritten. 10-hour Podcast. Der Brian noch, einfach zum komplett rein. Ja, der ist nämlich auch so. Aber dann muss man so das Plüschstierli haben, so von, ich bin jetzt gerade am Reden. Ja. Das ist eine gute Idee. Jetzt kannst du so noch Masken nur gerne rein. Ja, genau, Ja, so. perfekt. Oder der fucking Morty. Das ist der Goon. Ja. Rick, I'm talking right now, Rick. Das so. Holy shit. Morty, I have to fucking go home and sleep because me, the das ist gut. podcast has been going on for like 20 fucking hours, Rick. Das ist Ja. genius. Fuck, das, Alter, das, das ist mal ein guter I want Schluss. to come. Sorry. Nein. Stop. Young, dumb and full of cum. Oh no. Alter, Ja, das sind die letzten Worte. Das ist das Wort zum Look, Sonntag. zum Glück Alter. kann ich morgen mit dem Geschäft noch ins Europapark. Ich muss nicht arbeiten. So, I am going. Zum Glück müssen wir morgen nach dem fuck. Arbeiten einfach noch ein Konzert spielen. Ist jetzt nicht so, oh nein, wir haben ja noch Gig. Mir ist scheißegal. Ich hab Schade, frei. aber das Schon. kommt. Alter, Ah ja, voll schön easy, für dich. Alter. Ja. Also hätte ich morgen nicht frei, hätte ich das schon lange abgewürgt, Alter. Ja, Bruder. Fair, fair. Ich bin, also danke, habt ihr
euch ein Privatleben für mich schnell aufgeben. Ja, Das ist sehr geil. Stunden Mit oder dem so, haben wir keine gerechnet. Mit dem haben wir gerechnet. Gute Session gewesen. Ja, ich glaube, Banger. 3,5 Danke. oder 4. Voll. Also auf 3 sind wir sicher jetzt. Ja, 100%. Oh, jetzt müsste ich vielleicht auch mal noch den Easy Park nachzahlen. Aber ja, da müssen wir jetzt mal. Hey, danke Stark euch, Jungs. Das ist absolut Ehre. Und Ich höre den Podcast so lang und halt regelmäßig und es ist einfach so mega weird so von. Ich kenne euch irgendwie halt viel zu gut, für das ich eigentlich nicht viel mit euch rede. Das ist so mega strange, weil du weißt, das ist der, wie sagen wir dem, das hat so einen Namen, weißt du? Ist Fly in the Wall? Nein, Nein. wenn du so einen Relationship hast mit jemandem, aber es ist eigentlich basically einseitig. weil Das die nennt sich Person- Stalken. Nein, Nein, es ist ein Phänomen, das jetzt mit Podcast passiert ist. das- Symbiotic, nein, mit Parasympathetic. Jungs, es Glaub's? sind einfach zu viel im Internet. Ja, ja. Also, Es ist halt von einem Fisch, der beim Shark quasi. Es ist Symbiosis. Ja, genau. Nein, nicht Symbiosis. Jungs, ohne Scheiß, ich Aber nehme so euch jetzt einfach das Mikrofon, die Handys und das Internet weg und dann schicke ich euch ins Bett. Also, Wirklich. jetzt, weißt du, sehe ich euch an Konzerten und ich so von, ich kenne euch, aber eigentlich kennen wir uns nicht. Das ist Ja, mega ja, weird. ja. Das ist so mega komisch. Also deswegen, ich bin mega froh, wenn wir uns jetzt... Hey, das ist ganz Okay. geil. Haben wir Genau. gut gemacht, haben wir gut gemacht. Ich hoffe, ihr kennt mich jetzt auch besser und Ja, dann kenne ich voll. euch auch nicht. Jetzt weißt du, du bist Ausländer, Alter. Ja, schafft mich aus, Alter. Nein, das ist super, das sind alles Ausländer. Nein, Ja, kein also, Problem. Wie schon sehr viele Leute, random Leute auf der Straße gesagt haben, sie sind einer von den guten Ausländern. Kenn ich den Satz. Okay, ja. Das Ich kann ist zwar nicht- immerhin Holländisch, du bin- kannst kein Italienisch. Eben, ich bin zwar nicht so viel Ausländer, aber das ist auch schon geil. Du musst dich nicht schämen, Wack. dafür Italiener zu sein. Und ich so, ich will mich schämen, behaupten Italiener zu sein. Ich kann nicht mal die Also mich Sprache. hat noch niemand gesagt, ich bin ein guter Ausländer. Oh. Nein. Ja, Oh, Ricky, du bist ja kein Ausländer. no, just, Ja, Du, hallo. du hast Schweizer Pass. Ja, Nur, dass ich es gesagt habe, es ist nicht, weil ich mich drücken vor die RS. Ich würde RS machen, viele von meinen Kollegen das müssen Nein, machen. mach sie nicht, Alter. Aber sag's ich dir. habe keinen Bock, fucking, keine Ahnung, wie viel Geld anlegen für ein Papier, damit ich nachher kann abstimmen kann, wenn ich irgendwie, keine Ahnung. Das ist so von... Wenn sowieso alle SVP wären. Ja, und ich muss nachher RS machen oder sonst irgendwie etwas. Nein, wie alt bist du? Ich bin 27. Nein, du musst einfach warten, bis du 30 gewesen bist, nachher kannst du es machen, dann musst du keine Wehrpflichtabgabe. Du musst irgendwann, aber mit Zeitpunkt musst du nicht mehr in der RS. ich bin auch Der nicht ist in bei dir der RS gegangen. abgelaufen, also du müsstest schon lange nicht mehr in Ich bin auch den nicht in Krieg. der RS gegangen. Du müsstest Ja. jetzt einfach noch Wehrpflichtersatz zahlen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber du musst dich in dem Fall einfach erst einbürgern lassen, nachdem Easy. der Zeitpunkt durch ist und dann musst du auch keinen Wehrpflichtersatz zahlen. Das ist gut. Okay, glaub ich, wartet einfach noch schnell mit World War 3 People. Das ist glaube ich etwa 30 oder 35. Ja, das ist eine schöne Easy. Rechnung, die jährlich musst zahlen, ja. Ja, easy. Nein, eben nicht, wenn du quasi dich erst einbürgern lässt, nachdem der Zeitpunkt durch ist, weil du kannst glaube bis 30 oder 35 musst du es zahlen und nachher nicht mehr. Ja, Wenn ja. dich nachher einbürgern lässt, musst du keine Nein, ich Wehrpflichtersatz muss mehr glaube zahlen. noch ein paar Jahre Für zahlen. alle, die Schweizer sind und das noch nicht gewusst haben, aber eigentlich noch keine Schweizer sind und irgendwie überlegen, den Schweizer Pass holen, jetzt wissen wir, wie es Ja, geht. erst nachher machen, sonst müssen wir unter Umständen sogar noch einen Krieg. Hey, hey. Aber ab zu 23 holen sie nicht mehr in die RS, dann bist du zahlt. Ja, wie Sonor sagt, da in der Middle East, oder? Voll. Geil. Oder an der Grenze zum Thurgau, Alter, so wie wir. Oh, Ja, mehr will... fair. Nein, aber mehr ey, will, ich bin wenn auf dem wir... Weg dahin auch fast gestorben. Also ich schwöre, jedes Mal, wenn ich nach Zürich fahre, dann ist einfach, also Richtung Zürich, da kommen immer mehr Autos und du denkst so, es sollte Ja. doch weniger werden, je später das wird. Aber es wird immer schlimmer. Ja, ja. Und Nein, einfach so Leute, die ohne Licht fahren und dann auf Ja. einmal reinschießen, du bist einfach so von, ey, okay, Ja. ist jetzt, das hätte gerade Ah. kurz können mein Leben sein. du hast Solothurner gefunden. Ja, legit, aber ich bin wirklich so von, ich habe eine Solothurner-Nummer, I'm good. Ja. So alle sehen meine Nummern und dann so von, okay. So von, das ist ein Ausländer. Ja, Anyways, wir Also. sind gelost. danke vielmals. Ciao zusammen. Take care. Peace. Jetzt erzähl mal etwas. Ich mag nicht mehr. Pimmel, Alter. Alter, Schneber. Schneller. Hat so schnell etwas Noch Gutes ein gemacht? bisschen Alter, ASMR. mit Fearlab haben wir einfach irgendwo gepennt. Das Hotel war in Lauchhammer, gewesen, Alter. In Lauchhammer. Und das Einzige, was der Roman und ich gesagt haben, darf ich mal meinen Lauch bei dir reinnehmen, Mann, Junge? Willst du meinen Lauchhammer Dieser sehen? Lauch, Okay, echt ist gut. Hammer. Das geht, kann der, nein. Der fucking Tschüss! Taxi Sharia. Wo du wollen.